Gehen wir hier mal entmuted. Einen wunderschönen guten Morgen, meine Damen und Herren und alle, die mit dabei sind im Chat. Und natürlich einen wunderschönen guten Morgen an Barracks und an Gritty Bounce. Schön seid ihr da, Jungs. Ja, ich weiss es noch nicht, ob es schön ist, aber bis jetzt gemütlich, ja. Schön. Wir haben heute sehr früh da für euch zu früh. Das sind wirklich die Ersten, die relativ viel Mühe haben, so früh zum Podcast zu erscheinen. Ja, das hat vielleicht auch so ein bisschen seine Gründe. Ja. Aber es ist völlig okay, verstehe ich absolut. Und ja, die den Podcast schon kennen, das letzte Mal vielleicht vom Enki oder so. Wir chillen es einfach ein bisschen, wir schnurren einfach ein bisschen. Es geht mich ein bisschen mehr auch darum, dass wir, wenn wir irgendwie in ein Thema reinkommen, dass wir auch den Chat in dem Sinne ein bisschen ausblenden. Klar kann man etwa die mal ein bisschen reinschauen. Oder wenn uns irgendwie ein Thema ausgeht, können wir natürlich aus dem Chat eins aufgreifen oder auch zwischendurch Inputs holen. Aber mir geht es wirklich mehr so darum, ich habe es vorhin gerade gesagt, man lernt über die Twitch, über die Streaming-Szene, über die Gaming-Szene in der Schweiz eigentlich mega coole Leute kennen, aber man hat nie irgendwie Zeit, einfach ein bisschen zusammen zu quatschen. Stunde, zwei. Selbst an einer LAN. Also selbst an einer LAN, du bist zusammen 4 Tage dort, aber du hast nie irgendwie schnell Zeit, so ein bisschen normal zu schnurren. Oder du bist sowieso schon wie so am Morgen im ersten Bier und dann ist das Gesprächsthemen sind schon andere. Oder am Oben eins zu viel. Gehabt. Oder am Abend eins zu viel. Nennen jetzt keine Namen. Roy. Ja, das passiert relativ schnell. Und ja, wegen dem sind wir heute da und quatschen einen rein. Auf ganz entspannt, wirklich. Auf süß. Machen wir heute auf süß? Was, auf süß? Auf süß ist ja. 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 Süßmäuse. Auf süß, Hallo, auf ihr Süßmäuse. intelligente, auf sehr gebildete Gesprächsthemen. Nein, Jungs, wie geht's? Wie steht's bei euch? Was läuft? Bounce Sticks sind relativ viel live, Mann. Du bist immer noch fett am Reingrinden mit Streamen. Oder einfach, du machst auch einfach Ich mache du einfach. wirst gamen wahrscheinlich, oder? Ja, also ich game vor allem, ja. Also es hat schon ein bisschen geschiftet. Ich schnurre viel mehr, also halt eben Just Chatting-Zeugs, als vor ein paar Jahren. Okay. Ja, schlussendlich bin ich immer noch ein Gamer und ich game gern. Und die einen finden es aber nicht so geil, wenn ich game, und die anderen haben lieber ein bisschen mehr labern. Ein bisschen mehr als Geschnurr, ja. Just Ja. Chatting-Fans. Genau. Aber ich sage, ich habe meinen Chat verloren, dort irgendetwas stimmt dort noch nicht ganz. No, Wir müssen es schnell beheben. Ja, nur du. mach das. Ja, du. Was du, was du machst. Hey, im Moment bin ich in meiner Sommerpause, gell? Wir kennen es. seit einer Zeit. Nein, viel noch zu tun gehabt, Ferien und alles. Ah, ja, genau. Immer ein bisschen aus dem Bild, weißt du, das ist jetzt meine Zeit hier, meine Kamerazeit. Ja. Nein, aktuell bin ich auch wieder dran, etwas Neues aufzubauen. Und zwar versuche ich so eine digitale Welt aufzubauen, wo ich aus der raus streamen kann. Und für das habe ich jetzt auch ein Double Setup, das ich aufbaue. Wirklich dedizierter Streaming-PC. Ja. Der schaut sich, oder? Chat, der schaut sich jetzt. Ja, ein bisschen musst. Hä? Ein bisschen musst, oder? Aber würdest du auch noch am 4. Bildschirm wählen? Hey, look, im Moment habe ich auch 3. Weil ich sehe dort Und die nachher- 4, oder? Das ist genau das, oder? Dann hockst du in die Hand und denkst, gemütlich, alles wunderschön. Ich sehe, der hat auch einen Monitor mehr als ich. Und Fernseher dort auch noch. Ist eigentlich 5. Fernsehen habe ich auch. Den habe ich auch. Das hast du auch gesehen. Den habe ich auch, darum Ja, zähle ich aber den eben nicht. Mhm. Okay. Und das Pixelbild-Zeugs habe ich auch. Darum zähle ich das auch nicht aus Bildschirm. Aber Den würde ich jetzt auch der nicht. da oben, das ist schon. Ja, die Stelle gefunden. Und er hat halt auch eine Kamera mehr als ich. Das ist auch so. Ja, also das ist schon. Also Aber ich streame halt auch. Für einen Punkt. regelmäßig auch. Wie Ja. regelmäßig ist es eigentlich bei dir? Also den Sonntag, den machst du immer, oder? Ja, also jetzt Jetzt, ist schon ein bisschen neu wegen dem Kleinen. Jetzt ist es Ja. ein bisschen kompliziert. Aber vorher ist eigentlich immer 2 Mal pro Woche einfach. 2 Mal pro Woche live. Und jetzt neu ist eigentlich, die neue Planung ist am Freitag oben und am Sonntag eben jetzt am Morgen. Am Freitag ist aber Freitag Bounce, das weißt du. Also am Freitag bin ich immer live. Am Freitag ist der Normalerweise. Schwanz live. Also Aber weil du so reingeratscht hast,
Mit Freitag oben und so. Ich dachte, das kann ich nicht mehr, weißt du. Ja. Ich wollte ja nicht. Bro, wann hast du das letzte Mal Primetime. am Freitag oben Im gestreamt? Mai. Das ist es eben. Aber bis dort habe ich jeden Freitag oben immer dort schön gestreamt. Ach schon? Dann ist eben viel noch dazwischen gekommen. Noch Zivildienstzeugs gehabt, nachher Ferien. Und jetzt eigentlich, so ab nächster Woche, habe ich wieder Zeit für alles zu streamen. Also nächstes Freitag ist fix. Ich bin mir sogar am überlegen, ob ich so die Zeiten mal ändern. Weil der Freitag habe ich immer frei, steht ja Freitag. Habe ich meinem Chef auch mal erklären, das Aha, ist das hat ich gar nicht gewusst. Freitag. Und darum habe ich frei. Wissen die meisten nicht. Und ja. Nein, ich habe überlegt, ob ich mal Zeiten vornehmen soll, mal irgendwie am Mittag anfangen, mal ausprobieren. Ja, fix. Und vielleicht mal so. Weißt du, Vielleicht auch neue Leute finden, oder? dann verlierst du auch nicht alle Zuschauer wegen dem Freitag-Bounce, der dann online kommt. Aber, Weißt? aber. Man kann ja aneinander vorbeistreamen. Ja. Kann aneinander vorbeistreamen, ja. Ja. Wobei, dort habe ich schon Rückmeldungen bei mir im Chat nachher gehabt, dass der seinen Chat eben nicht wirklich liest. Darum hat es sogar schon so Kanalpunkte kannst einlösen, um ihn darauf aufmerksam zu machen, dass er seinen Chat lesen. Ja, Bro, du bist schon schlecht in dem. Das sind Gimmicks. Vor allem du Das brauchst, ist alles- Bro, das- du brauchst aber ewig für die Nachrichten zu lesen. Aber weißt du, was ich lustig finde? Ja. Du tust auch scrollen, oder? Du tust auch nicht einfach immer die aktuellen Nachrichten. Ich bemühe mich tatsächlich, um alles zu lesen. Ja. Eben, ja. Und dann, mich fasziniert das bei mir immer. Sehr. Ich weiss, wenn ich beim Bounce eine Nachricht schreibe, so, dann kann ich noch einen Kaffee rausgehen, dann komme ich wieder und dann liest Ja. er sie dann. Ist auch aber noch fertig. Ist einfach alles Aber er liest gemütlicher, sie, oder? er liest sie, ich weiss, er liest sie. Aber du gehst auch so sehr intensiv auf jede Nachricht ein. Weißt, der andere schreibt so, ja, irgendwie, ja, heute ist noch Hockey-Match oder irgendetwas. Und dann so, ah ja, stimmt, das hat ja wieder angefangen. Dann fängt er irgendwie an zu erzählen, so, ja, es ist jetzt gerade Saisonstart, dies, das. Meinst du, hey, echt die eine Chance? Und so, weißt, er macht aus einer Ohren einfach, er macht Ja. gerade ein Thema daraus. Und Ja. am Und Schluss das begeistert hast du mich eine immer. Bänderlänge Ich so, vom Wirklich, Bro, ja. du kannst wirklich eine Chat-Nachricht, der kann eine halbe Stunde schnurren, man. Ja, auch bei mir so, auch wenn ich 5 Nachrichten habe, so irgendetwas zu erzählen. Das ist bei dir schon geil, Mann. Aber eben, man weiss, die eigene Nachricht wird auch vorgelesen, weil du gehst, glaube ich, dort Mhm. schon recht viel Wert drauf. Nein, ich weiss, also, wir können es sicher viel besser machen, ja. Aber wir können es auch schlechter machen. Nein, das ist gar keine Kritik besser Nein, oder schlecht, das ist schon alles deine gut. Art einfach. Ja, ja. Nein, es ist einfach. Ich weiss, das hat sich so ein bisschen normalisiert, auch bei anderen Streamern, dass wirklich, also das vom Chat, also von den Viewer, es wird erwartet, dass man Nachrichten liest und laut vorliest, oder? Und ja, Aber, am Ende willst aber wenn du etwas schreibst, erwartest du es auch. Also du erwartest auch, dass man es liest, oder nicht? ich will einfach, wenn ich eine Frage stelle, dann will ich eine Antwort, natürlich. Ja, Aber aber er muss nicht das laut vorlesen, Wort für Wort. Ich will Aber hast einfach, du wirklich dass- schon so Feedback bekommen, oder was? Oder hast du es jetzt einfach über andere mitbekommen, dass Ja, die Leute das nein, teilweise erwarten? ich habe Kanalpunkte Belohnung, die man einlösen kann. Bounce List in Chat und die wird sehr oft benutzt. Also ja, und das Ding ist ja, ich lese ihn ja auch, aber eben, für mich ist es halt, also ich sage das auch gerne wieder, es ist keine Buchvorlesung. Also weißt, ich hocke nicht Nein. dort und lese einfach den Chat vor. Ich sage auch noch etwas dazu. Also, Ja. weißt du, so, eben, da kommt man, wie du gesagt Eben, hast, da ja. kommt man halt noch etwas in den Sinn und dann erzähle ich halt etwas. So, keine Ahnung, manchmal macht es dann diesen, oder? Und dann bin ich irgendwo und dann geht es vielleicht 5 Minuten, ja. Ja. Das kann vorkommen, aber Aber ich finde das jetzt nicht, dass das schlecht ist. Ich finde das, so ich finde das Ich auch nicht. sympathisch so. Weil ich weiss es genau. Wenn du beim Bounce mal eine halbe Stunde zugeschaut hast, weißt du, es ist so. Er ist so. Und ich finde das dann so sympathisch. Und ich bin dann fast enttäuscht, wenn ich eine Nachricht schreibe und er nicht 2 Minuten darüber etwas erzählt. Weißt du? Auch so, nur so vorlesen. Ah, okay. So, ah, ja. Ah, er hat sie recht Ah, vorgelesen. Vater ist ist ja runtergeladen. Oder gehst Kaffee holen, nachher kommst du zurück und es ist schon vorbei. Das ist auch Ja. Das das wäre auch ist- schade. was- Nein, man muss schon dranbleiben bei dir. Man muss schon, ja, es ist man muss schon aufpassen. nicht Ich- immer gleich. Oder Ich ungefähr behaupte gleich. immer noch, das ist von ihm einfach ein Trick. Ja, das ist ein Trick. Es ist nicht Dass die, immer Leute alles länger, dass die Leute länger zuhören. Es ist Marketing. Ja, durchgespielt. das ist einfach durchgespielt. Stell dir vor, jemand fragt etwas, wo die Antwort wissen und du lässt nach 5 Minuten hacken. Ja, Er will aber die Antwort immer noch wissen. Und dann schaut er die 5 Minuten zu. das ist einfach Watchtime-Bait.
Watch Time Baby. Nein, schau, keine Ahnung. Es hat sich so entwickelt für mich. Ich habe überhaupt keinen Plan, was das angeht. Gleich Nein, jetzt haben wir find's easy. Antworten es gibt für ja auch alles. es gibt ja nicht ein Handbuch zum Streamen, du musst es so Nein. machen. Nein. Und aber ich finde es easy. Und ich freue mich auch, wenn die auch noch wieder mal streamt. Mhm. Ja, ich freue mich auch drauf, gell? Ah, ja. Wir haben ja auch noch, Hast du schon Wir lange haben- gesehen? das ist das Thema, das wir heute nicht ansprechen, aber ich sage es jetzt kurz. Wir haben wir ja auch noch ein sprechen es Projekt laufen. So, eins, habe das ich- so nebenbei läuft. Jetzt habe ich die Leaks vorbringen und alles für den Chat. Also, Nein. das Ja, würde ich jetzt aber schon gerne wissen. Ja, die haben es dann nach dem Stream ist, erzählen. ja. Ah, ist das ein Geheimnis noch? Also ist noch... Ja, das ist noch. Das Ja. ist noch. Okay. Es ist auch ein bisschen etwas also Ja, es ist viel Arbeit von ihm, die dort reingesteckt wird. Also ich Ja. weiß nicht wie viel, aber ich gehe jetzt für mich wäre es so unmöglich zu machen. Hm. Und Nein, ich darf den Namen jetzt nicht sagen. nein. Das, Hey, da wir- dürfen wir gespannt bleiben, Chat. ja, wir erzählen es dir dann. Wir erzählen es dir dann. vielleicht. Ja, ist Wir gut. wissen auch noch nicht, wenn es fertig ist. Mhm. Also weißt du, wir haben mal angefangen, irgendwie, vor einem halben Jahr ist mal so die Idee gekommen. Und ich habe gesagt, so, ja, ich will mir jetzt nicht Stress oder so, sondern er macht einfach, wenn er Lust hat, so dran weiterarbeiten. Kein Bock gehabt. Nein. Ja. Und aber es wird auch sehr geil. Aber eben dort gibt es ja dann auch einen Stream, wenn das droppt wird, gibt es ja von deiner Seite her dann auch einen Stream. Ja, ich denke, vielleicht ist erst das der nächste Stream, den ich dann sehe von dir. Von meiner Seite gibt es einen Stream dann. Ja, gemeint, du hast gesagt, du willst einen Stream machen. Oder du hast gesagt, du willst auf jeden Fall mal einen Stream machen, wenn du daran schaffst. Nein, ich habe gefragt, ob es ein Problem wäre, wenn ich es on-stream machen würde. Aha. Also. Mhm. Ja, nein, gesagt, ich dachte, jetzt kommt der. Hey, eine. weißt du? Also, weißt du, direkt das Gefühl so. Mhm. Nein, es ist Ja. einfach generell, wenn ich habe viele Projekte, die ich mit den Leuten mache. Und dann frage ich halt immer, so, hey, ist es etwas, wo man nicht darf erzählen darf? Mhm. Ist es etwas, so kein Match Ja. behalten, bis es so weit ist? Oder wäre es ein Problem, wenn ich es halt auch zeige? Weil bei mir geht es ja beim Stream normalerweise darum, dass ich Zeugs programmiere, dass ich zeige, wie man etwas macht. Und so Projekte, wenn Ja. ich an Projekt arbeite, bietet es sich immer an. Ja, da habe ich gesagt, du musst mir einfach sagen, wenn du streamst, weil dann machen wir so. Jetzt beim Barracks kann man die ersten Sneak Peeks gehen. Gut, Ja. dann weiss man eigentlich, was es ist. Ja, nachher weiss man, Ja, was dann es weiss ist. Das ist auch darum, Aber eben die Leute, also ich habe sicher ein paar, die gespannt sind drauf, weil es ist wirklich etwas Geiles. Was ist das Gröbste, was du bis jetzt so gemacht hast? ich liebe es, wenn er echt da hockt, der Banks, und denkt so, Ja. was rede ich? Was? Ja, nein, weißt du, das sprechen wir jetzt heute auch nicht an. Also 5 Minuten am Schnurren drüber, ja, ist gut. Du Ja, musst geil. die Leute ein bisschen, Ja, Marketing, es die geht Leute ein jetzt- bisschen lustig machen. Du musst dir jetzt vorstellen, die Leute vor dem Bildschirm fühlen sich so wie du. Mhm. Wegen dem machen wir das. Jetzt für dich ist es ein bisschen blöd. Chat, ich bin mit euch. Er ist wirklich mit euch. Er ist wirklich. Nein, da sind wir gespannt. Ja, Sind wir gespannt. wir Ja. sagen dir dann auch, was es ist. Was ist das grösste Projekt, das bis jetzt, oder was ist am was? Also was Twitch, sage ich, was du mit einem Streamer gemacht hast oder so? Mit jemandem anders. Außer deinem eigenen, der ja auch Also, so. ja, meine eigenen Projekte sind generell schon die grössten bis jetzt, die ich so umgesetzt habe für Twitch jetzt. Schwer. Ich habe auch Erweiterungen gemacht, die ich frei zugänglich mache. Zum Beispiel so eine Progress Bar, wo zum Beispiel kannst aus Counters brauchen, wie viele Subs reinkommen, von wie viel, weißt du, so 3 von 10 und so. Mhm. Oder das kannst du alles vermischen mit. Du kannst wie alles Mögliche rein mitzählen und so. Das war ein recht grosses Projekt gewesen. Aber das war nicht für jemanden spezifisch, gewesen, sondern eigentlich für alle, wo man sich frei holen kann. Ja, das Letzte, was ich jetzt gemacht habe, wo ich recht intensiv schnell daran gearbeitet habe, ist jetzt zum Beispiel für den Troy gewesen. Seine Loot-Seite da. Und dann seine Sachen, seine Stats und so, die bei ihm sammelst. Also Kärtchen, die sammelst. Also was im Hintergrund läuft. Ja, der hat dort auch eine Seite, wo man das kann anschauen. Habe ich für ihn gemacht, ja. Ah, das hast du für ihn gemacht. Ja, ich würde sagen, das im Moment zu den grösseren Projekten. Oder halt das, was ich mit ihm zusammen auch für Zero Fest gemacht habe. Ja, Die das ganze ist Game, Bossfight-Sachen dort, die man auch spielen konnte. Das war sicher auch ein grösseres Projekt gewesen. Kommt das ja wieder so etwas? Nein. Das war schon viel Aufwand. Gewesen, ja. Es war viel Viel Stress Stress in kurzer Zeit, weil sie sich recht spät melden. Ja, Und, aber es hat immer geklappt. Also, ja. also wir haben auch viel dafür gemacht, muss man sagen.
Also bis einmal schauen. Bist du es schauen? Bist du überhaupt am Hero Fest gewesen? Ja, Letztes ja. Jahr. Ich bin glaube jedes Jahr gewesen, seit 4 Jahren. Seit Wann haben wir gestern haben wir es angeschaut, irgendwann. Im 21. glaube ich, bin ich das erste Mal Das erste gewesen. Mal gewesen. Bist du letztes Jahr schauen, ein Bossfight von ihnen? Ich glaube, ich habe es verpasst. Boah, ist letztes Jahr ist Nein. Wahnsinn gewesen. Mal, nein, das habe ich gesehen. Doch, ich habe es Einfach gesehen. auf der Hauptbühne haben sie da, dann haben die Leute alle können via Webseiten Aber wir haben es ja nur teilnehmen. einmal gemacht, oder? Nein. Ich glaube, es ist jeden So Tag viel- 3 Mal so gelaufen viel- oder so. Nein, So viel wie letztes Jahr haben wir ihn ich glaube, ich habe nie es. gemacht. Sonst. Ich habe nicht alles gesehen, aber ich habe. Ja. Ich Hey, habe grundsätzlich gesehen, ist es ja ähnlich wie beim Troyes oder Bossfight im Stream mäßig, einfach mit euch. Ne? Ja, er selber hat schon mehr Gimmicks drin und Spielereien, Ja, die ja. halt auch ein bisschen auf ihn bezogen Ja, sind. aber so vom Aufbau kannst du dir etwa so vorstellen. Ja, nein, es ist sind die 2 Cosplayer auf der Bühne gewesen, oder? Ja, genau. Ja, das habe ich gesehen. Und eben letztes Jahr war noch speziell, gewesen, weil wir an den Stationen, also die Fraktionsstationen hatten, dort hat es noch 2 Mini-Fights gegeben. Das gleiche im kleinen Format. Das hat auch noch müssen laufen. Das habe ich wiederum nicht gesehen. Das war recht spät auch wieder kommuniziert, gewesen, dass wir das jetzt wirklich machen und wie. Und wir haben nachher im Räumchen hinten, wo sie das Zeug haben, noch müssen Kabel zusammensuchen, dass wir haben nachher noch Fernsehen und alles dort aufgestellt und PC und eingerichtet und hast nicht gesehen. Wenn dann Hero Fest aufgemacht hat. Das war recht eine Last-Minute-Aktion. Ja, du bist Aber eigentlich ich glaub- dort, du bist eigentlich auch allein gewesen, aber du bist Ich war allein gewesen. nicht so viel Ich habe rum gewesen. Ich hatte einen Platz allein, sagen wir es so. Ich habe, glaube Ja, die schon oft vermisst so. Ich habe nicht gewusst, wo in du diesen bist. 4 Bro. Tagen habe ich insgesamt 3 oder 4 Stunden können gamen. Ich habe die nie, ich schwöre, ich habe die wirklich nie gesehen. Ich war auch nicht mehr als 4 Stunden an diesem Platz gewesen, über 4 Tage. Das war ein bisschen ass gewesen. Das war verdammt schade. Gewesen. Darum freue ich mich umso mehr, dass ich dieses Jahr jetzt mal eigentlich das nicht habe, das Segment. Wegen dem habe ich gesagt, ich arbeite nicht mehr während der LAN. Ja, Aber es ist einfach Anschiss. Du Ja. verpasst die ganze LAN. Also weißt schon nur, wenn du einen Tag weg bist, du hast das Gefühl, du bist gar nicht dabei gewesen, richtig bei das LAN. stimmt, so. ja. Also, du musst immer so ein bisschen vor Ort sein, präsent. Du musst alles ein bisschen mitbekommen. Sonst hast du das Gefühl, ich habe die Hälfte verpasst irgendwie. Ich bin mir hart am überlegen, ich wohne dort in der Region und ich bin mir hart am überlegen, ob ich überhaupt heim soll. Es bietet sich an, es wäre mega der Luxus, aber gleichzeitig es ist nicht das gleiche Feeling, wie wenn Aralan am Morgen kaputt aufwachst auf dem Scheissmätteli, wo keine Luft mehr drin hat. Ja, Irgendwie- wenn's blöd es läuft. ist scheiße, aber irgendwie es ist ein LAN-Feeling. Ja. Das ist eben, also für mich ist es, also ich wäre nie, ich weiß gar nicht, ob du mir angeboten hast, vielleicht bei dir zu cracken oder so. Aber es wäre für mich gar nicht die Frage gekommen, irgendwie so, aber da bist du irgendwie bis um 4 Uhr am Gamen, Bro. Dann, wo die einfach meine 20 Meter laufen und auf eine scheiß Matratze fallen, schnell pennen und aufstehen und wieder am PC oder was auch immer dann Ja, machen. voll. Du bist einfach dort so. Und wenn du halt raus musst und dann noch heimlaufen in dem Sinn und dann kommst du, das ist dann so, ist gerade nicht mehr das Gleiche. Das Aber ich stimmt, finde es ja. interessant, dass du das jetzt auch so siehst. Wahrscheinlich sehe ich die auch auf einer Matratze das Jahr. Ich bin mir wirklich schwer am überlegen, weil es ist halt wirklich nicht das gleiche Feeling. Aber der Bounce war ja noch nie. Gewesen. Ich bin noch nie gewesen, nein. Daheim duschen oder so, wäre schon etwas, oder? Ja, aber so schlimm sind die Es Duschen braucht es eben nicht. Also, es hat weißt- Duschen nicht dort. Aha. Ja, eben. Hey, das hat's auch, ich kenne es überhaupt nicht. Also ich bin mal vor, weiß auch nicht, ich bin alt, ja, 25 Jahre oder so ist es her. Bin ich glaube das letzte Mal an einer LAN gewesen. Und ja, dort hat es keine Duschen gehabt. Ja, Aber, also dort ist ja, ist nicht lange die grösste von Europa gewesen. Switzerland. Aber es ist schon sehr gross, weißt du. Also Das ist recht und gross. sie bauen dort schon viel Zeug auf. Und Eben, was passiert denn dort noch so? Also wenn man, keine Ahnung, eben für die jetzt nicht so an LANs gehen, die stellen sich vor, mir hockt dort an seinem Platz und gamet. Und dann sagen sie so, ja, das kann ich auch daheim machen. ja, Was ist denn dort? Gibt es dort noch eben Turnierli, irgendwie Events, keine Ahnung? ja, Definitiv, ja. ja, es ist. Also Also, was ist das? Bist du dann auch das erste Mal ausmacht? gewesen, wo ich das erste Mal gegangen bin? Sind wir zusammen? Ich bin vorher auch nie, Ich weiß nicht. ich glaube vor 4-5 Jahren oder so, weiß nicht mehr. Ja, Dann, wo wir Ich gegen glaub nicht. Edelweiss gespielt haben. ja. Das war meine erste LAN. Gewesen. Dann haben wir ein Go reingedrückt. Und dann, Das sind, nur aus Kontext, das sind so absolut die stärkste Schweizer Mannschaft gewesen,
Dann zumal, Also von der ja. Schweizer Liga im Rocket League. Rocket League, ja. Und wir kommen als Bots dorthin. Und wir waren wirklich so die Obernoobs gewesen. Sie waren mega lieb gewesen zu uns. Sie haben uns kaputt machen, wir haben ihnen ein Go reingedrückt. Um genau zu sein, ist es der. Jetzt kommt mir der Name nicht. Phoenix hat es Phoenix erst ist- gemacht. Phoenix ist es. Gewesen. Ich glaube, wir haben nur eins gemacht. Ja, nein, ja. Hast du auch eins ja. gemacht? Ja, kein Eins habe ich abgelesen. Das ist dort, wo wir das Video gemacht haben. Ja. Ich liebe das Video im Fall. Ich schaue es alle Jahre mindestens das- 4-mal. Das Beide. könnte man wieder mal schauen. Ja, ich schaue Das es kann man sehr mal gerne im Fall. Spielst du noch Rocket League? Ab und zu. So Ja, ein bisschen. spielst du noch Rocket League? Ja, meistens. Spielen mache die ich- noch zusammen, Rocket League? Nein, nicht aktiv. Also, nicht Lange aktiv. nicht mehr auf dem Weil Feld so sind. habe ich euch übrigens kennengelernt, also auf Twitch so. Ihr habt zusammen recht auch gespielt? Ja, oder? wir haben intensiv gespielt sogar. Hey, nebenbei übrigens, merci für die ganzen Subs, die reinkommen. Schulblasen, Fischbeck. Wir haben heute, glaube ich, keine Alerts an. Ich mache immer beim Podcast ohne Alerts. Weil sonst ist irgendwie so für einen Stream so ein bisschen Schiss für die am Zuhören sind. Aber merci vielmals. Merci vielmals. Geil, wie ihr es macht. Güss. Nein, wir haben schon... Wir haben Darf schon ich das wir, schnell aufmachen? Das stört das mega. nein, du darfst machen, was du willst. Das gehört zum Content. Aber bevor ich weiter erzähle, ihr könnt schnell alle schätzen im Chat, wie alt der Bounce ist. Du musst schnell etwas sagen, dass du im Bild bist. Aha. Soll ich etwas sagen, dass ich im Bild bin? Wie alt ist der Bounce? Ja, genau Ich der. habe Wie vorher alt gesagt, ist der? 25 Jahre ist es her, als ich das letzte Mal an der anderen Lahn war. Nein, aber nein, wir haben jetzt schon länger, aber wir haben eine Phase lang sehr intensiv zusammen gespielt. Und dann irgendwie bei mir ist ein bisschen die Lust vergangen und wir glaube auch nicht mehr so viel. Irgendwie es ist einfach so ein bisschen. Es hat wie eine Pause gegeben und nicht mehr so viel gespielt haben. Er hat dann noch ein bisschen, er hat weitergespielt und ich habe dann wieder mit FIFA angefangen und dann habe ich mich dann schon fast fix entschieden, dass ich jetzt nur noch FIFA-Content mache und dann Verloren. hat es ein bisschen Break-up ist gegeben. Du hast recht umgestellt, eben so contentmäßig. Eben Vollgas FIFA. Und Vollgas also, FIFA. es funktioniert, glaube ich, auch recht gut bei dir, gell? Also, Ja, das Ding was ich ist- gesehen habe, von der Das Ding ist, das ist einfach so meine, das ist meine 100% meine Leidenschaft. Ja, Ja, von, keine Ahnung, von 17 an bis 25, ich habe nur FIFA gespielt und Fußball gespielt. Also es ist auch, und ich habe auch gemerkt, wenn ich den Content in Bezug auf das mache, bin ich bin mit einer viel anderen Leidenschaft Ja, auch ja. dran, weißt Ich glaube, eben darum funktioniert es auch. Also, Ja. weil's halt, das ist voll dies, du redest Voll. gern drüber, du weißt Bescheid, machst es gern, es ist dein Ding. Und ich glaube auch, das ist sonst für Streamen hilfreich oder überhaupt, hey, mach Für was, Content. was dir Spaß macht. Ja, weißt du? fix. Aber ja, ich habe dann auch entschieden, so, ich mache nur noch das, weil das ist ich spiele ja auch noch Fußball und ich war gestern auch wieder am Match gewesen, und für mich ist das Wochenende unter der Woche trainieren, daheim FIFA spielen und bin happy damit, brauche eigentlich nichts anderes. Aber Rocket League ist auch wie Fußball, weißt du, es macht mir auch es macht mir auch Spaß, wenn wir spielen, aber ich habe halt gemerkt, für Content ist Rocket League schwierig. Ja. So, für zum Streamen, ich kann es fast nicht streamen, weil ich kann nicht in den Chat schauen, weil ich muss die 5 Minuten, Ja. wo das Game läuft, bist du so fokussiert, du kannst dich nicht auf den Chat einlassen. Und wenn ich jetzt noch am Gamen bin, dann bin ich meistens auch am Streamen, bin sehr selten am Gamen und nicht am Streamen. Also ja, jetzt sowieso nicht mit dem Kleinen, weißt du. Mhm. Und wegen dem habe ich dann gesagt, ich mache FIFA, dann kann ich das gamen, wo ich Lust habe. Plus habe ich meinen Content jetzt so gefunden und so passt es für mich. So. Aber mal schauen, wenn es dann vielleicht mal ein bisschen ruhiger wird und so, wir irgendwo wieder eine Minute finden, dann würde ich schon auch gerne wieder ein bisschen Rocket League. Vor allem bei uns ist ja eigentlich das Projekt, so ein E-Sports-Team jetzt aufgetan mit dem FIFA-Content. Und dort ist die Idee eigentlich schon auch, dass wir ein Rocket League-Team noch machen. Wo das ja auch ins Fußball reinfließt in dem Sinn. Weil es ja rein vom Spiel her fußballmäßig ist. Aber ja, das ist alles noch Zukunftsmusik. Das E-Sports-Team. Ja, Wie heisst denn die? Das ist auch berühmt. Mach mal. CBK Helvetics. Wir haben sogar ein Heim- und ein Auswärtstrikot. Jetzt schaut er mir an, als würde ich es nicht wissen, weißt du? Crazy. Ja, ich kann es nicht. Also, nein, ich kann es Ich, mir ich, jetzt bin nicht halt, so. ich bin halt informiert, weißt Alright. Der meint das ernst, Chat. Sieh ich. Na, geil. du? Geil. Weißt, aus gutem Mott bin ich halt informiert über das. Wir sind ja offen für NHL. Das ist noch viel. Wirklich? Ja, wäre eine Hey. Idee. Das, ich habe mir wirklich überlegt, wieder NHL zu spielen. Ich habe jetzt 2 Jahre oder so nicht mehr gespielt. Aber NHL ist mein FIFA. Eben, wegen dem haben wir ja letztes Mal drüber noch. Also, Ja. ich glaube, in deinem Stream haben wir ein bisschen drüber. Genau. Schwarz. Also ich habe auch viel FIFA gespielt. Und ich habe auch gerne Ultimate Team gespielt.
Das gleiche auch im NHL. Gibt es dort auch das mit den Kärtchen, oder? Ist schon geil. Also ich liebe das Sammeln und eben auch das Spieler upgraden und so. Aber es ist zu einem Punkt gekommen, wo ich irgendwie muss sagen, es geht schon ins Pay-to-Win rein. Ja, jetzt, wir haben letztes Mal drüber gehabt, jetzt beim IFC denke ich es mir nicht mehr so schlimm, aber... Hey, ich weiss nicht, wie es geändert hat. Das Ding ist halt einfach, ich spiele halt auch noch andere Games. Und Du spielst sehr viele Games, Bro. ja, eben, aber das ist, das ist von wegen dem Thema vorher, wegen im Chat schauen und so. Ich habe wirklich angefangen zu streamen, habe ich wirklich mit eben NHL, COD und hey, halt so reingesweatet und Chat, ja, ist vielleicht auch noch ein bisschen weniger los gewesen vor ein paar Jahren natürlich, aber ja, ich habe dann wirklich auch angefangen, andere Sachen zu spielen und vor allem gemütliche Story-Games. Man kannst Pause drücken, das Geilste. Ja, das NHL kannst du vergessen. Ja. Vielleicht 30 Sekunden oder so, oder hast du da auch einen Timer, wenn du online spielst? Ich weiß es gar nicht mehr. Es gibt auch einen Timer, ja. Das ist der Traum von jedem Mami, oder? Beim NHL ist ja noch ein bisschen schneller, weißt, vom Gameplay her, als jetzt Ja, FIFA. Bei ja. einem FIFA kannst du vielleicht schon mal bei einem Angriff oder so kannst du schon mal schnell schauen und etwas beantworten. Aber jetzt glaube ich, NHL ist ja wirklich, du spielst eigentlich Ja, Goal ist- zu Goal zu hast Goal, halt- Defense, Angriff und du musst eigentlich immer Ja. dabei Hast sein. halt mehr Spielunterbrüche aber dafür, weißt du? Gut, ja. Also du hast schneller mal irgendwie ein Bulli oder etwas und beim Ja. FIFA bist du eigentlich immer dran, oder? Das ist, aber und im Rocket League hast du hast das gar nicht. Und du kannst nicht. Es wird eigentlich hure unterschätzt, findest du nicht? Wenn man es nicht kennt, das Spiel. Und einfach so zuschaut, ja, der fährt ein bisschen, der macht sein Kürfli. Aber eigentlich Der jede, fliegt ein bisschen durch die Luft Ja. raus. jede Bewegung, die du Tricks. machst im Spiel mit dem Auto, ist schon die Überlegung, wie muss ich mich positionieren. Weißt, Ja. wo muss ich jetzt her? Du bist schon am Überlegen, wo könnte der Ball herkommen, was der Gegner macht. Ja. Und du kannst nicht einfach schnell Prediktest die ganze wegschauen. Zeit. Du tust die ganze Zeit einfach Ja. predikten. Das ist ja so. Und das ist halt wegen dem, ich habe beim Rocket League, du hast es glaube ich auch ein bisschen gemerkt, dass Rocket League für den Stream nicht so geil ist. Das Ding, meiner Meinung nach, Rocket League, COD, einfach alles so die Sparte von Spiel, wo so ein bisschen musst, konzentriert sein, ist nichts für einen Stream. Meiner Meinung nach. Darum habe ich auch aufgehört mit Rocket League vor 1,5 Jahren zu streamen. Oder noch länger mittlerweile. Weil du kannst, wie du vorhin gesagt hast, du bist so fokussiert, du hast null Chance auf den Chat zu schauen. Und wenn du eins von beiden musst vernachlässigen, beides geht nicht. Und das Ding ist auch so ein bisschen, ich finde, gerade bei diesen Spielen, entweder bist du voll sauber im Game drin als Zuschauer und dort kannst du so mitfiebern, aber gleichzeitig musst du zu den Top-Spielern gehören, blöd gesagt, dass es interessant ist. Weil sonst bist du ein kleines Sandkörnchen in der Wüste. Oder die Leute haben so null Ahnung über das Game und das ist so völlig langweilig. Ja. Viele 100%, ja. Also man muss natürlich hinzufügen, wenn du gut sein willst. Wenn du die Ambition hast, besser zu werden im Spiel. Du kannst schon Rocket League anschauen und die ganze Zeit in den Chat schauen und scheißegal, wir Ja. verlieren und weißt, Ja, du kannst es auch so spielen. Aber das sind wir halt nicht so. Das Wenn sind wir, wir halt nicht, oder? wenn wir alle, wenn wir auch gewinnen und besser Ja, werden ist und es so. aufranken. Ja. Und da sind nachher GC und da nicht. Also Grand Champion. Ja, ich habe es leider nie geschafft. Es tut immer noch weh. Aber Ja, aber eben zum Beispiel im COD kannst du schon auch halt entertainen. Du kannst ja auch Seich machen. ja. Du kannst ja lustige Scheiße machen. Du kannst mit dem Auto Leute überfahren. Oder? Also weißt du, so, Aber Keine so ein bisschen auf Ahnung. lustig spielen Ja. einfach, ja. Ja gut, das meine- kannst du im Rocket ja auch. ja. Gut, aber jetzt sagen wir mal, das Warzone denke ich mir noch mal etwas anderes. Beim Warzone hast du Das viel ruhige Segmente. Ja. Wo, hast schon mal Zeit. ja, aber jetzt Aber- online COD, also Nein, also Multiplayer, wenn wenn du so ein irgendwie ranked E-Sportler, gehst, wenn die gehen da ihre sweaten, Trainings nein, streamen, Bro. Also das macht ja keinen Sinn dann. Aber das ist dann auch wieder etwas anderes. Wenn ein E-Sportler streamt, du schaust ein ganz anderes Niveau von Gameplay Ja. an. Dann Ja. ist es halt wieder interessant, ja. Du Ja, schaust genau. wirklich so Top-Level an. Aber ja. Ja, aber hey, wir haben im das- Fall, weißt du, was wir völlig, ja, jetzt die ganze Zeit, wenn wir über das geredet haben, Hast du eine überlegt, wie alt das ursprüngliche er ist? Frage von dir war, was läuft eigentlich an dieser LAN noch so? Und ich habe die ganze Zeit gedacht, wir dürfen die Frage nicht vergessen, weil wir haben gar nicht stimmt. erklärt, wir haben nie, weil zum Beispiel der Lex, habe ich noch die Nachricht gesehen, Silent Rave zum Beispiel, hat er noch Oh ja. geschrieben. Stimmt. Also habe ich mal etwas gesehen. Das ist das Genau. mit Kopfhörer, oder? Ja. Genau, es gibt immer wieder so kleine Events rund um die LAN.
wie eben der Silent Rave, wo gut saufen tust eigentlich auch die ganze Zeit, das gehört auch so ein bisschen dazu. Und dann bist du saufst zusammen, gehst ein bisschen raus, es hat hure viel halt Raucher, gehst ein bisschen aus der LAN, viel Raucheis, und dann bist du dort ein bisschen mit denen, saufst ein Bier, gehst wieder rein. Und bei Switzerland ist halt wirklich hure geil, dass Hero Fest gleichzeitig stattfindet. So. Ja, mega, ja. Ja, Weil du voll. gehst ein bisschen ans Hero Fest, dann kannst du am ersten Tag gehst du mal ein bisschen das anschauen, meistens ist am ersten Tag auch noch ein bisschen ruhiger irgendwie am... Das ist das Geilste, weil du bist von Anfang an dort, weil die LAN von dir ist am Donnerstag an. Und du bist am Freitag, wenn das Hero Fest startet, bist du eigentlich am Morgen schon parat und dort. Und dann kannst du in Seelenruhe durch die ganze Messe laufen, wirklich das Zeugs anschauen. Ja. Du musst nie anstehen für irgendetwas und du kannst es einfach schnell genießen. Und siehst es auch wirklich. Und nicht Ja. so, ja, es ist ein Bombenfall in Hauen, wo du nicht durchkommst und du musst noch 10 Minuten warten, dass du dort irgendwie mal kannst das neue Super Mario spielen oder hast du nicht gesehen. Und das ist einfach, das ist ein geiler Benefit. Für mich das perfekte Beispiel war, eben dann, wo wir das Video gemacht haben, vor 5 Jahren oder so. Als ich dich verbratscht Ja, wir sind dort wir sind hergegangen und dann hat es so mit so Gummischläger, so Dings. wo Das dann ist so ein kannst- gutes Beispiel. Und wir sind dort am ersten Tag. Gewesen. Wir haben her können, wir haben schnell lang können dort runterboxen, so auf Wir lustig. hätten eine babab. halbe Stunde lang können dort Ja. runterboxen. Und dann am zweiten Tag sind wir nochmal dran. Wir so, ja, jetzt gibt es ein Rematch und so. Ey, eine Schlange dort Ja, von ja. King. Und wir so, nein, also, da stehe ich jetzt Ja, sicher nicht wirklich. an, weißt. Und eben, dann kannst du am ersten Tag kannst du wirklich so ein bisschen alles machen. Und am zweiten Tag kommen dann so viele Leute, du kennst dann viele, die dort einfach kommen am Hero Fest. Und dann nimmst du Ja, zusammen eins und so. Und das ist ein bisschen mehr so ein Community-Ding. Ja. Und dann gehen die alle heim und du gehst wieder an die LAN gamen. Wo auch noch, ja, ich sage jetzt rund 2000 waren ja etwa dort, meistens sind es so 1800 oder so. Leute dort und alle sind am Gamen. Du kannst auch, ich kann manchmal auch nur so eine Stunde einfach dort durch die Halle laufen und ein bisschen alle ihre Setups anschauen. Weißt, es ist so faszinierend. Die Leute nehmen dort Zeug mit zum Teil. Weißt, Oh, weißt du, was ich das Geilste finde? Es gibt einen Dude. Einen. Der nimmt immer sein gottverdammte Schlagzeug mit. Und zwar das komplette. Ein Schlagzeug. Okay. Stellt das Also am... so Guitar Hero Schlagzeug. Nein. Als würde er in einer Band spielen, Schlagzeug. Das ist richtig. Nein. Also Und das der ist dann stellt schon das- ein E-Drum, oder? Nein! Ohne also, ich Scheiß weiß nicht. nicht. Ja, Und der stellt das immer am Donnerstag auf. Dann kommt recht früh, stellt es auf. Dann fängt der dort an zu spielen in dieser Halle. Jeder regt sich gottlos auf. Nachher kommt die Reklamation an die Admins. Nachher gehen sie ihm es verbieten. Dann muss er sie Ecke stellen und kann das ganze Wochenende nicht brauchen. Das passiert jedes Jahr. Bis jetzt jedes Mal in dort war, mir ist ist noch das nie passiert. aufgefallen. Jedes Jahr, als ich dort war, an dieser LAN, ist es passiert. Okay. Aber eben, es passiert so viel. Also, es ist sehr schnell passiert, dass mir das nicht aufgefallen ist. Ja. Weil es passiert so viel rundum. Du Ja. siehst, es nehmen viele geile PCs mit, wirklich so Custom PCs. Ich glaube, letztes Jahr hat einer einen PC so in einem Pneu, in so einem Reifen. Oh, ja. Weißt du, siehst ein geiles Zeug, laufst einfach dort ein bisschen durch. Und dann siehst du wieder irgendwie. Aber jetzt, dieses Jahr gehen wir das erste Mal als E-Sports-Team. Wir sind jetzt sind wir, glaube ich, 13. Er kommt mit einer Gruppe von 4 Leuten und wir sind, glaube ich, 8. Ich glaube, 12 sind wir auch. Und wir haben jetzt eine Gruppenreservation. Und eben viele von uns haben natürlich das Trikot, was sehr geil ist. Sicher so 7 Leute haben das Trikot, dass wir dann alle im gleichen Trikot dort sind. Und das wird sehr cool. Und eben dann siehst du noch andere Clans. Kannst bei anderen gehen, wo gerade alle nebeneinander hocken, zum Beispiel 3 Leute, die miteinander Rocket League spielen. Und dann dort einfach schnell hinten dran stehen, 20 Minuten denen ein bisschen zuschauen, wie sie dort reinsweaten, rumschreien und so. Schon das, du kannst den ganzen Tag dort so verblödeln, oder? Und du bist den ganzen Tag mit coolen Leuten. Ich finde eben die Community auch hure geil. Dort gibt es nie Stress oder so, oder du wirst nicht angefickt. Oder gut, vielleicht gibt es schon mal irgendeine Streiterei, aber das ist so Pipifax-Scheiß. Wenn du schon irgendwo mal zu Zürich oder zu Bern im Ausgang bist, sie ficken sich dort an, vielleicht weil der andere etwas Blödes gesagt hat, denkst du so, ja, Bro. Aber sonst gibt es nicht so Stress dort. Weißt? Du fühlst dich nicht. Du hast nicht das Gefühl, jetzt könnte ich einen falsch anschauen, dann könnte es Stress geben. Das gibt es dort nicht. Es ist wirklich so gemütlich einfach. Ist nicht wie online, oder? Wo jeder Dumme hat. Online, hört doch auf. Jeder Online, Fläche. online hat jeder ein bisschen zu dicke Eier. Was ich aber auch einen recht geilen Moment habe gefunden. Wir haben immer zusammen am Rocket League Turnier mitgemacht. Und wir sind auch so die Trainerhosen, Hoodie und ein Bier, die das Turnier spielen von Rocket League, weißt du?
Und dann gibt es Teams, die so E-Sports-mässig wirklich mit Coach hinten dran und alle hart am Reinschwitzen, gell? Braucht ihr noch einen Coach? Und wir haben das eine Team auseinandergenommen. Und das Ding ist, an LAN, wenn du Turnier spielst, die Gewinner gehen nach dem Match zu den Verlierern am Platz, schnell einen Handshake machen. Das machst du einfach, schnell noch viel Glück wünschen, schnell anstoßen oder so, je nachdem. GG easy, oder? Ja. Yes. Und nachher hast du das Bild selber gesehen. Ich wünschte, jemand hätte es aufgenommen. Ich weiss nicht mehr, welches Team das war. Ich sage jetzt keine Namen. Es ist ein E-Sports-Team mit Coach dort am Sitzen. Gell? Wir haben gewonnen. Und wir alle wirklich so mit den Trainerhäuschen, Hoodie, so mit dem Biererhang, so am Saufen. Können wir kurz laufen und können GG. Das So Bild, geil, ja. wie es anschießt, weißt du? Das ist verdammt brutal. Ja, gut, ich glaube, es waren recht junge, so Sie- 18- ja, bis 20-Jährige. Recht jung und recht noch neues Team. Ja, Aber die es dort scheisst voll schon serious, weißt. Aber wir halt dann, das ist glaube ich, das müsste vor ein paar Drittel das war lang vor 2 Jahren. Ja. Ja. Wo wir schon wirklich, aber auch ein bisschen besser waren. Schon. Also sind ihr dort wirklich einfach besser gewesen wie die oder haben ihr einen guten Nein, das Tag sind wir besser. eingezogen? Nein, oder Nein, nein, das sind wir schon besser. mit der Routine haben das Wir haben gemacht? dort oder? nicht, wir haben noch nie an einer LAN extravagant plötzlich einen verdammt guten Tag verwünscht oder so. Ja, wir sind, Weißt wir du, sind du recht- fährst dort auch an, am 12 Uhr nimmst du das Bier, Bro, am 4 Uhr geht irgendwie ein Turnier los. Du kannst gar nicht auf deinem höchsten Niveau spielen. Ja. Ja, und nachher bist du bis am Morgen, am weiss nicht wann, bist du draussen, unterwegs, nimmst wieder 1, 2, 3, 4 und am 9 Uhr am Morgen, nachher heisst es so, ja, am 9 Uhr am Morgen sind die nächsten Turnierspiele, die müssen spielen. Ja, eben. Es ist ja Bro, vor allem, dann ich meine, am bin ich noch ersten, wach, also dann will ich echt schlafen. ja, am ersten Tag will es ja noch gehen. Aber du kannst dann auch mit dem Team schauen, dass, weißt, gegen die spielst, kannst du sagen, ja, wenn wir jetzt noch schnell spielen am Oben. Ja, stimmt, du darfst, Okay. die ersten Spiele darfst du wie an oben vorziehen. Ja. Aber die meisten sind nachher, kaum ist die letzte Runde durch, sie sind halt selber schon wieder weg und gehen weiter. Ja. Oder? Das sind sie gar nicht mehr um, das nachher abzumachen. Okay. Und eigentlich schaffen wir es immer aus der Gruppenphase raus. Ja, ich glaube ja. Dann geben wir auf, Und weil nachher wir geben müssen wir auf. arbeiten oder so. Wirklich jedes Mal. Wir schaffen es aus der Gruppenphase raus, so ins, wie sagt man, in die K.O.-Phase. Ja. Und dann gehen wir vorfigen. Ja, das erste Mal, was passiert ist, war wegen mir, weil ich dann haben wir filmen, glaube ich. Aha. Nein, ihr habt dann noch gespielt. Ihr habt doch einen Ersatz gefunden oder so, nicht? Nein, ich glaube eben nicht. Nee. Und das zweite Mal ist, weil du hast müssen schauen wegen Wegen dem Minecraft habe ich müssen gehen, ja. irgendetwas, man weiß nicht. Irgendein Scheiß. Minecraft Und wegen dem- Speedrun, Wegen dem nie mehr arbeiten an der LAN, Mann. Ja, es ist... Ich gehe lieber rausgehen in der Gruppenphase, saufen dann noch ein Bier, als dass ich irgendwie bügeln dort. Und ich glaube, letztes Mal sind wir eigentlich alle froh gewesen, haben wir nicht müssen aufstehen. Ja, das ist auch nicht mehr. Ja. Aber es ist immer geil. ja. Und wie dein E-Sports-Team, woher hast du denn die Leute? Also wie hast du das Team geformt? Wie hast du die kennengelernt? Also es hat sich eigentlich geformt, durch das habe ich ja mit FIFA davon machen. Aha. Dann ist das am Anfang relativ schnell auch gewachsen. Und wir haben einen Discord, wo relativ viele Leute drauf sind. Und dann ist die Nachfrage nach Pro-Clubs. Kennst du Pro-Clubs? Mhm. Wo jeder ein Spieler Ja, das, spielt. das finde ich auch geil. Ja. Ist recht gross gewesen. Das Aber ist dort, wo alle blaue Haare haben und die Affen Ja, und ja, die Ohren ja. so raus und Ja, so. ja, Gell? ja. Möglichst stumm aussehen, ist wichtig. Und dann habe ich aber immer gesagt, so, ja, das ist nicht mein Ding, Jungs. Aber ich bringe ja hier so viele Leute zusammen. Das ist sicher genug, dass ihr zusammen könnt Pro-Clubs spielen. Voll. Und dann habe ich halt im Discord eine eigene Sektion aufgetan für Pro-Clubs. Dann sind dort ein paar rein, dann haben die angefangen zusammen Pro-Clubs spielen. Und am Anfang haben sie dann so ohne mich als Footbro FC gespielt. Und dann habe ich so, ja, das macht irgendwie gar keinen Sinn. So, die spielen ohne mich, weißt du, die haben immer zusammen gespielt, zusammen trainiert sogar auch noch am Donnerstag und so. Aber sie spielen als Footbro FC. Also, es klingt mir hure komisch, weißt du. Aber ist ja gesagt- geil irgendwie, oder nicht? Es hat sich geil angefühlt. Ja, Ja. so, geil, so eine Community gegründet, die jetzt so unter meinem Namen spielt. Voll. Das Einfach. ist schon geil, ja. Ich finde das geil. Ja. Aber dann habe ich gedacht, so, aber es wäre irgendwie auch geil, wenn wir gerade daraus einen kleinen Verein würden machen. Dann haben wir eben einen Namen gesucht mit der Community. Und aber bei uns ist ja immer das Comeback King, ist bei uns immer das grosses Thema gewesen. Ja. Eben, dass du nie aufgehst, dass auch in der 80. wenn du noch 2 Kisten hinten bist, probierst das Ding noch zu holen und so. Und dann haben wir gesagt, komm, wir nehmen noch Comeback Kings, CBK.
Und dann haben wir einfach sagen, wir nehmen nur Spieler aus der Schweiz. Helvetics. Dann haben wir einfach ein gutes Wort gesucht mit Schweiz oder zuerst CBK Schweiz und so. Dann es tönt ein bisschen komisch. Helvetics tönt irgendwie geiler. So. CBK Helvetics ist dann so entstanden. Und am Anfang war es wirklich nur das Pro-Clubs. Es ist im Moment, Kern ist im Moment auch nur eigentlich das Pro-Clubs, wo ich eigentlich gar nicht mitmache. Ich bin einfach so ein bisschen der Präsident mäßig. So, wenn etwas ist, fragt mich der Jöru zum Beispiel, der Halbgottlos, der auch beim Chat ist, er ist so ein bisschen, gehört so ein bisschen zum Vorstand, sage ich jetzt mal, vom Pro-Clubs-Team und so. Und wenn irgendetwas ist, schreibt er mir so, ja, der hat dumm doch ein bisschen und so, soll man ihn noch behalten oder rausschießen? Wir haben auch schon Leute rausgeschossen. Wenn es irgendwie nicht passt hat oder so. Und er hat gesagt, ich will einfach immer, dass gute Stimmung ist im Team. So, auch wenn ich nicht dabei bin. Weißt, ich will nicht, dass die dann, wenn sie das 11. Hoch zusammenspielen, noch untereinander dumme Schnurren haben. Oder dann bin ich etwa die, haben sie das Training und so haben sie gestreamt und dann bin ich etwa die einfach in Stream hören, nur zum Hören, wie sie untereinander weißt, so, ob ich höre, dass einer irgendwie dumm tut oder so, das wollte ich dann nicht. Und so ist das Ganze entstanden. Und dann haben wir angefangen zusammen noch Rematch ist ja neu rausgekommen. Weißt du nicht, ob du das gesehen hast? Das ist so ein bisschen Rocket League-mässig, aber mit Spielern. Das tut mir immer weh, wenn jemand das mit Rocket League betitelt. Ja, du musst es es so so ein null bisschen... Rocket League. So ein Aber das ist so comic-mäßig, ist das? Ja, ist so ein bisschen comic-mäßig, ja. Ich glaube, ich habe das auch schon gesehen, ja. Es Aber ist- nicht jetzt mega es- zugeschaut, aber ich habe es gesehen, ja. Für mich fühlt es sich, also wenn ich jetzt nur zugeschaut bis jetzt, aber vom Zuschauen fühlt es sich so, als wäre es Kickers von früher, die Serie. Ja. Einfach jetzt kannst du spielen, oder? Ja, so ein bisschen Kannst genau. so der Aber du spielst einfach einen Shot Spieler machen, auch. Hast du nicht gesehen? Du spielst einfach einen Spieler, du kannst 3 gegen 3, 4 gegen 4, 5 gegen 5. Das ist so ein bisschen das Rocket League-mäßige, was ich meine. Okay. Das Feld ist so ein bisschen Rocket League-mäßig. Ja. Mit den Banden und so, weißt du. Aber du bist halt ein richtiger Spieler, nicht das Auto. Und du kannst halt den Ball annehmen und führen und auch aufnehmen und Fallrückzieher und solche Geschichten Okay. machen. Und das haben wir dann noch ein bisschen verspielen. Und eben die Idee ist ja auch noch Rocket League. Aber das ist alles, das läuft so nebenbei, weißt du. Dann machen wir mal etwas und jetzt habe ich auch lange keine Zeit gehabt, irgendetwas zu machen. Und zwischendurch habe ich wieder den Discord offen und denke, ja, jetzt könnte ich da wieder etwas machen. Aber jetzt eben, was ich mich wirklich sehr freue, ist, dass wir jetzt erstmal so als Team an die LAN gehen. Das ist jetzt wieder das erste Team-Event. Und eben dort werde ich dann sicher auch ein paar Fotos machen und so, die man dann auf die Webseite kann tun kann. Weißt du, dass man auch ein bisschen Werbung machen kann. Hey, da sind chillige Leute, weißt, es ist kein Stress bei uns und es geht alles ein bisschen um Fußball und so. Und Aber so, Aber- wenn sie Preisgeld gewinnen müssen, sie es schon abgehen, oder? Kommst du zu Ja, dem Cut klar. dann? Ah, ja, also- das ist, Ah. das ist einfach, SAP muss auch sein. das ist wie andere so prozentual, was sie dran dürfen behalten, du absetzen, so wie andere bei den Cutter das machen, oder? Das heißt so, hey, Ja, 20% geht nicht mehr, 1,5 bekommst du noch von deinem Preisgeld, weil das sehe ich halt schon nicht. also 1,5% von seinem theoretischen Anteil würde er bekommen. Ja, klar. Geht Nein, einfach nicht 11 übertrieben. meistens. Ja. Also, ja. Nein, dann geht es euch dort ums ein bisschen lässig und Spass. Ihr habt nicht Ambitionen. Also geht willst du nur um gleich das. gewinnen? Gewinnen willst du gleich, oder? Ja, das habe ich auch immer gesagt. So, am meisten Spass macht immer das Gewinnen. Das ist So, wie ja. bei mir, ich spiele auch 5. Liga Fußball. Mhm. Und wir trinken auch super gerne ein Bier nach dem Spiel und sind ein bisschen da, weil es geile Sachen sind und so. Aber am Schluss hast du im Fußball oder im COD oder was auch immer, du hast am meisten Spass, wenn du gewinnst. Hey, Einfach, es absolut. ergibt sich so. Und wegen dem, wichtig ist, dass sie sich gut verstehen. Aber du hast gemerkt, weil sie haben auch mit in Ligen mitgespielt und so. Und dort sind teilweise wirklich gegen starke Teams, also sie haben so 6-0, 6-1 auf die Kappe bekommen. Mhm. Und du hast gemerkt, so, es scheisst ein bisschen an. Mhm. Aber dann haben sie wirklich zusammen trainiert. Dann haben sie FC Basel E-Sports, so ein neues gegründetes Pro-Clubs-Team. Aber offiziell FC Basel E-Sports, haben sie geschlagen. Gehabt. Genau, Ah ja? Und dann hast du schon gemerkt, so, jetzt ist so. Jetzt, weißt, die Leute Jetzt sind, geht's die los, Stimmung Mann. ist viel. Die Stimmung ja, ist viel. geil. Und ich habe es auch geil gefunden, so CBK schlägt in dem Sinne FC Basel, weißt du. Aber die waren alles neu gegründetes Team. Gewesen. Ja, das spielt Aber keine das ist Rolle. wirklich scheißegal, ja. Und dann, ja, das ist. So Zeug macht auch Spaß. Und ich freue mich jetzt auf Ende Jahr, geht es wieder ein bisschen los mit diesen Ligen. Dann spielen sie dann wieder sicher ein bisschen mit und so. Ja. Jetzt im Moment ist halt eine Pause. Ich meine, FC 25 ist jetzt ist eigentlich tot seit 2 Monaten. Da hat niemand mehr wirklich Lust, das noch zu spielen. Okay. Alle warten aufs Neue. Und wenn das Neue kommt, geht es dann wieder los. Das ist so geil. So. 9 Monate lang spielt er das FIFA oder EAFC, wie heisst es? EAFC. EAFC. Und dann schießt es alle 3 Monate an, bis das Neue kommt. Ja, das ist aber Klassiker, ja. Das der Ist das immer so ein bisschen, siehst du Ja. das immer so ein bisschen Ja. Aber es ist ja Also, dann nachher nicht viel anders, oder? Also
Keine Ahnung. Nein, Ich aber- habe es jetzt nicht mehr so gespielt. Wenn ich es jetzt wahrscheinlich wieder spielen nach 4-5 Jahren oder so, was es ist, würde ich wahrscheinlich schon einen Unterschied merken. Aber auch im NHL, es ist einfach ein Update, oder? Ja, aber es geht eben den meisten gar nicht. Also mir geht es auch nicht irgendwie ums Gameplay oder so. Jetzt dieses Jahr wird es schon interessant, weil sie eben Competitive Mode Gameplay bringen. Mhm. Also mit dem Ultimate Team und so, mit dem Weekend League Gameplay, gehen sie weg vom, es soll ultra realistisch sein, sie gehen zum Herren, dass es kompetitiv ist, eben mit weniger so Okay. Grätschen, wo der Ball irgendwo her kann, sondern mehr so definierte Sachen, dass du eben kompetitiver kannst spielen. Ah. Und das wird interessant. Das ist ein spezieller Modus dann, oder was? Nein, du kannst, wenn du gegeneinander spielst, kannst du selber einstellen. Das ist wie ein Regler, sage ich mal, wo du kannst sagen, da ist ganz realistisches Gameplay und da ist competitives Gameplay. Okay. Und wahrscheinlich im Ultimate Team wird es auch irgendwo ein bisschen mehr Richtung Competitive Gameplay gesetzt sein, sage ich jetzt mal. Oder in der Weekend League vielleicht ganz competitive, je nachdem. Das werden wir sehen, das wissen wir ja noch nicht. Also Aber wir schießt man wissen, dass nachher es nicht mehr 3-4 Mal hintereinander am Pfosten und dann... Genau, so Sachen sehen. wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ja. Aber nebst dem Gameplay ist das jetzt für, ich sage mal, für unsere Community oder auch für mich fast sekundär, weil ich freue mich einfach mehr. Jetzt gerade, wir haben ja viele Frauen gehabt, zum Beispiel, die Transfers gemacht haben in die Bundesliga und eine schon zu City, die man Böhne und so Ja. von IB. tut immer noch Dass weh. dass die dann als neue Kärtchen im Game drin sind. Weißt, und jetzt mit den Evolutions, wo die selber kannst besser machen, dann kannst du dann eine Böhne nehmen, die neu im Spiel ist, ganz frisch. Und kannst die besser machen und mit der dann gegen die ganzen Suchtis, die mit Ronaldo spielen und so spielen. Aha. Es geht mehr um das, weißt du? das Kader-Update. hä? Einfach das Kader-Update, ja. Zum Beispiel Fasnacht von IB ist immer noch nicht im Game drin als IB-Karte. Ich weiß nicht, warum sie das nicht auf die Reihe gebracht. Und Stadion. Das Wankdorf ist drin. Ja, das ist immer schon geil. Das Basel-Joggeli ist ja. neu drin. Ist auch sehr geil. Ja, ich mag mich noch erinnern, wo es im NHL hat es auch lange gar keine Schweizer gehabt, oder? Und auch, ich glaube, das erste Team, das irgendwie ins NHL reingekommen ist, war der HC Davos gewesen. Einfach nur die. Spengler Cup Modus. Irgendwie sowas ist gekommen. Noch, ja. Das war einfach nur Davos so im Dings gewesen. Und, ja. weißt, die Schweizer Nazis sind nicht so die echten Spieler gewesen noch, früher. Hey, das ist eben, wenn nah dies nah sind, eben Stadien reingekommen und Teams und dann die Liga und das ist dann schon auch mit geil, ja. Ja. Aber ja, es trügt da mal ein bisschen. Ich weiß nicht. Das Game ist halt immer noch das Gleiche. Also weißt du, es ist. Hey, ich habe auf Insta bin ich immer noch NHL, also von je am Verfolgen, oder? Und es sieht teilweise die Animationen, es sieht immer noch gleich aus wie vor 10 Jahren. Ja. Vor allem, Also ja, weißt du, was Keine soll Ahnung, noch passieren am Gameplay? Ich weiß, ja, logisch. Und es ist ja. Es hat ja auch gute Sachen, wieso solltest du die ändern, weißt du? Ja. So, das ist klar. Aber manchmal, hey, ich weiß nicht. Es ist ja manchmal ein bisschen zu wenig, habe ich das Gefühl. Das ist einfach so, jedes Jahr zahlst du wieder irgendwie 80 Stutz fürs Game und ja, eben für das Kader-Update. Ja. Ja, das Ding ist, ich sage jetzt mal, ich vergleiche es gerne mit dem Fußball. Fußball, den ich auf dem Feld spiele, ist immer noch genau gleich wie der, den ich mit 7 Jahren angefangen habe. Ich spiele Ja. immer noch Fußball. Weißt du, was ich meine? Und ob ich jetzt jedes Jahr 80 Stutz ausgebe für ein Game. Hey, Also voll, weißt du, die voll. meisten, die FIFA Ja, ja. spielen, die kaufen einfach ein Game, die geben 80 Stutz für Gaming aus im Jahr. Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Das ist ja nichts. Ja, das stimmt. Das sind ja nicht so Gamer, wie wir es jetzt teilweise kennen. Bisschen Enki, nachher die sich Pack 400 reinfallen, gell? Ja gut, Packs ist natürlich ein anderes Problem. Das ist Aber ich sage, selbst mit den Packs sind die meisten noch weit unter dem Betrag, wo echte Gamer, was sie sich ja bezeichnen, einfach für Games ausgeben, die sie teilweise Ja, nicht mal spielen. Weißt du, was ich meine? Ich meine, teilweise siehst du schon Steam-Bibliotheken von Leuten, die bretsch voll sind und irgendwie auf der Hälfte haben sie keine Spielstunde drauf. Weißt du, denkst du also, ja, das ist euch ein Hobby, das ist dann ihr Hobby. So, weißt, du, Ja, voll. das ist irgendwie, das kannst du nicht so beurteilen und sagen, ja, gibst schon nur Geld aus für Packs. Wenn es dir bockt. Wenn es am anderen Bock macht, Games zu kaufen und schnell anzuspielen, das soll er doch machen. Wenn dem es Bock macht, Packs zu kaufen, soll er doch machen. Vielleicht in 2 Jahren, wenn er, oder sage ich mal, wenn er das mit 18 macht und dann mit 25 denkt, ja nein, wieso habe ich das gemacht? Ja, wahrscheinlich Ja, halt. denkt der andere auch, ja, wieso habe ich mir 400 Games gekauft und dann 10 Minuten angestellt. So, ja, Rom hat es halt Ja, gemacht, voll. weil es halt in dem Moment gerade Spass gemacht hat, weißt du. Mhm. Man sollte aber das nicht zu fest hinterfragen oder immer gerade verurteilen oder so. Ich als Streamer sage jetzt immer, gebt kein Geld aus, weil ich niemand dazu animieren will, Ja. Geld Das auszugeben. machen So. andere anders, oder?
Ja, das machen andere Ja, aber anders. weißt du, ganz ehrlich, auch wenn du dort mal reinpayst, ja 3 Jahre lang jeden Tag Handyspiel Clash Royale gespielt. 3 Jahre, jeden Tag habe ich Minimum eine halbe Stunde gespielt. Das Game selber ist ja gratis, Hm. aber auch dort habe ich sicher etwa 200 Stutz ausgegeben, für Ingame irgendetwas zu kaufen. Aber wenn ich überlege, wie viel Spielzeit ich habe für 200 Stutz, die ich dort ausgebe, Ja. come on. Also weißt du, Schlussmoment, eben, andere, wie du sagst, andere kaufen sich für 80 Stutz ein Game, spielen es eine Viertelstunde, dann spielen sie es nicht mehr. Ja, Ja, da pay ich lieber noch jemand anders rein, wo ich jeden Tag Freude dran habe. 100% bin ich deiner Meinung, ja. Drum, Aber eben dort auch so jeder, wie er es auf dem Mann, Bro. Weißt du, das Ziel ist einfach am Ende des Tages, dass nicht 14-, 13-Jährige eine mutige Kreditkarte nimmt und 8000 Stutz für Packs ausgibt. Das ist der Anschiss. Ja, Ja. vor allem hat Aber es für jeder- Subs bei dir können brauchen, weißt du? Muss man halt schon sehen. Ja. Aber ich sage jetzt, wenn einer, der volljährig ist, sich entscheidet 100 Stutz in FIFA, jetzt, Bro, dann gib doch die 100 Stutz, dann ist doch egal. Jeder kann machen, wie er will. Nein, aber das sehe ich eben schon amig wieder. Aber so grosse Streamer, die haben immer alle Skins, weißt du, so immer die neuesten Skins vom COD und so. Aber die geben auch Tausende von Die haben Franken. alle immer so den neuesten Skin da und immer einfach, sie müssen, oder? Irgendwie, sie müssen fast. Und ey, ja, und die Kiddies, die zuschauen, wollen dann halt auch. Weil, Ja. ja, Aber eben das das denkt mir, das ist aus Streamer-Sicht nachher so ein bisschen das, wo du musst überlegen, so ist es okay für mich oder nicht. Ja, So, absolut. Weil du genau Oder? weißt, ja, wahrscheinlich wird es ein paar Kiddies da draussen geben, die reingecashed haben und ihr 100%. Geld für das ausgegeben haben. ja Und wenn jetzt- der Lieblingsstreamer, wo der Skin, ich will Ja. den auch, so, Ja. weißt du? Aber ich sage, es 20 gibt jetzt Stutz. nochmal einen Unterschied. Zum Beispiel, wenn du den Skin, wenn der dort ist, der Skin, hier 10 Stutz kostet der, dann sage ich, ist noch okay. Dann können sich die einfach den für 10 Stutz den kaufen. Aber wenn es jetzt ist wie im FIFA, wo du gamblest mit den Packs, dann, Mhm. Ist Der- das immer noch so eigentlich? ja. Also Aber du du hast weißt immer nicht, noch eine Chance auch, gell? Ja. Du hast eine Chance, um etwas... gewisse Karten Du zu kannst ziehen. nicht die Karte kaufen. So. Nein. Aber es gibt doch den Transfermarkt, wo du aber irgendwie deine Spieler draufstellst. Ja, Wo ich für Coins kann sich das jemand kaufen, nicht? ja. Aber du kannst die Könnte Coins ich nicht jetzt kaufen. nicht Coins kaufen und mir so einfach mein Team, das ich will, echt Du kannst nicht Coins kaufen. Ne. Wie bekommst du die Coins? Ja, du kaufst Aus halt den die Packs, Packs oder was? und du verkaufst die. Spielen, Rewards und aus den Packs, ja. Das heisst, ich muss zwingend Packs kaufen, dass ich Coins habe, dass ich mir so mein Team zusammenstellen kann. Nicht zwingend, würde ich jetzt nicht sagen, aber als Anfänger ja. Okay. Es gibt natürlich Leute, die sich mit dem Transfermarkt, es gibt Leute, die dort Millionen Coins machen, nur mit Spieler kaufen, wiederverkaufen. Ja, das ist wie Aktienhandel. Wenn du dort drum Prinzip. tust, kannst du die Coins auch so holen. Okay. Und die am meisten Cash haben in diesem Game, drin, sind die das am besten checken. Okay. Also am meisten Geld kannst du mit Transfermarkt. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel, ja, es gibt ganz verrückte Sachen, wenn jetzt einer am Wochenende gut gespielt hat und die Chance da ist, dass der ins Team of the Week reinkommt, Dann Der gehen sie geht- im Voraus dann kaufen. geht dann seine Goldkarte aus dem Markt raus für eine Woche, weil seine Informkarte reinkommt. Und dann geht meistens der Preis von der Goldkarte ein bisschen rauf. Und dann kannst du eigentlich am Wochenende, je nach was am Spieltag passiert ist, schon ein bisschen spekulieren, bekommt der Inform, bekommt der. Und dann gehen teilweise die Leute hunderte von diesen Goldkarten kaufen und warten mal, bis das Team of the Week kommt. Wenn er drin ist, haben sie Profit. Wenn er nicht drin ist, haben sie reingeschissen. Krass. Und das gibt es natürlich jetzt auch mit Promos, jetzt neu mit den Evolutions. Die Evolutions passen ja immer nur auf einzelne Karten. Also, wenn ein Evo rauskommt, wo du einen Spieler kannst besser machen kannst, das passt immer nur auf einen spezifischen. Also, zum Beispiel, das heisst, er muss linker Flügel sein, er darf maximal 85 Pace haben. So. Ja. Und dann können die Leute, wenn die Leaks kommen, können sie schon spekulieren, der könnte reinpassen. Und wenn natürlich der nicht reinpasst, steigt sein Werk natürlich auch im Transfermarkt. Also es gibt dort schon x Möglichkeiten. Krass. Und dann gibt es SBCs, wo du eben bestimmte Spieler musst abgeben musst. Gut, das gibt es jetzt eben, glaube ich, im Neuen nicht mehr. Das hat es bis jetzt gegeben. Im Neuen haben sie es, glaube ich, rausgenommen. Wo du Spieler hast müssen abgeben und du hast teilweise auch bestimmte Spieler aus bestimmten Ligen gebraucht. Und dann haben die Leute natürlich gewusst, wenn Leagues gekommen sind, okay, dort wird man englische Spieler und die Ligen brauchen. Also die Leute englische Spieler, die Ligen. Je nachdem hast du noch ein gewisses Rating müssen haben. Ja. Stimmt, gibt es das nicht mehr, oder was? Scheint es nicht mehr. Aufs FC 26 nehmen sie es, glaube ich, raus. Okay. Ja, das habe ich noch geil gefunden. Dass eben dann hast du nicht immer mit dem gleichen Team gespielt. So. Dann Also hast was du machst du Zeugs mit können dieser zusammenstellen. Nein, du kannst nachher, zum Beispiel, jetzt sage ich mal, es kommt, es ist jetzt, da jetzt sind natürlich ganz grobe Karten rausgekommen, aber sag mal, es kommt jetzt
David Beckham Icon-Karte raus. Ja. Und dann sagen sie, du kannst für einen David Beckham Icon 10 oder 15 Teams abgeben. Einfach, weißt, löschen in dem Sinn. Ja. Dann bekommst du den Icon Beckham. Oh Und nein, dann musst sorry, du- ja, dann habe ich es verwechselt. Also Ja. eigentlich machst du einen Trade. Genau, du machst einen Trade. Mhm. Du hast Ja. 11 Teams, sage ich jetzt mal. Du musst 11 Teams mit einem Rating von 85 abgeben, Das ist ja hure viel. eintraden. Ja, Also- es ist meistens recht unverhältnismäßig. Also am Anfang vor allem ist es relativ unverhältnismäßig. Aber Also du musst irgendwie 100 plus Kärtchen abgeben für eine Icon-Karte nachher. Ja. Ja. Und Aber die du Teams müssen ja aber die gleich, anderen eben, wie du spielst du eh sagst, ein nicht, oder? Rating haben, wo gleich eine gewisse Stärke hat, ja, oder? ja. Also du kannst nicht deine Low-Up-Karte eigentlich immer Nein, aufsparen, für das nachher mal so kannst eintraden. Nein, das kannst du nicht. Ja, Das ist ja... ja aber Das eben ist die SBC ist dann, sag ich mal, die ist 6 Wochen ist die dann aktiv. Ja. Also weißt du, kannst dann Hast du noch genug Zeit zum ja, du hast Reinpayen? genug Zeit. Nein, so Karten ziehst du auch ohne Problem. Weißt? Ja, okay. Also für das SBC kannst du machen, musst du nicht reinpayen. Also sind echt die Momente, wo die Leute, die so ein bisschen drauf pokern, genau die Spieler im Vorfeld kaufen, die reinpassen. Wo sie Ja, nachher genau, in diesen genau. 6 Wochen gehen sie so auf den Markt Genau, stellen genau, zum Beispiel. und können so wieder hure Können so abzahlen. reincashen, ja, genau. Ja, frech. Ja, da gibt's, also das ist wirklich, das ist, wenn man sagt, wenn man die ganze Ultimate Team Welt will studieren, gibt es so viele Dinge. Wieder könnt ihr ja das Game einfach kaufen, nur zum das machen. Ich spiele gar nie. Das machen Ich viele. bin nur Trader. Das machen die viel. Also wirklich? Ja. Aber, das heisst, aber die haben nachher nichts davon. Jawohl. Ja, gell, da werden auch Accounts verkauft. Dann. Also es werden auch Accounts verkauft natürlich. Es Ah. werden auch Mhm. Coins verkauft. Ich weiss, dort in dem, das ist natürlich nicht legal. Ja, aber wie kannst du Coins verkaufen? Kannst du die 1:1 Trades noch machen? Es gibt verschiedene Varianten, zum Beispiel, dass du Spieler, die eigentlich günstig sind, dass sie dir die dann teuer abkaufen Mhm. Ah, du tust es nachher Ja, du unverhältnismäßig Ja, auf den durchs rein, Transfermarkt. Der andere holt's gibst mir nicht, 50 Stutz und ich kaufe dir den ab. Ja, ne? Mhm. Ah so, frech, ja. Okay. gibt es verschiedene Möglichkeiten. Aber es gibt auch, du kannst auch, es gibt auch Webseiten, wo du Coins effektiv kannst kaufen. Keine Ahnung, ich weiß nicht, ich habe es nie gemacht, ich würde es auch nicht testen oder so, aber ich weiß nicht, wie das funktioniert, wie die Ja, Coins ja, dann das auf die ist schon- Account kommen. Aber dort sind sie recht giftig mit Bands. Also dort bist du schnell Band. Du Ja, wirst voll. sogar Band. Es gibt eben, das Problem ist, es gibt auch eine Web-App. Also du kannst aufs Ultimate Team via Web zugreifen. Und dort gibt es dann eben zum Beispiel, es gibt SBCs, wo du unlimitiert kannst wiederholen und du bekommst für jedes Mal ein Pack. Und dort kannst du eben deine Low-Bob-Karten abgeben. Und dann die Leute eben dann teilweise mit automatisierten Mhm. Programm einfach die SBCs gerade 100 Mal abschließen, dass sie 100 Packs gerade haben. Und dort bekommst du dann auch SBC-Bann. Also Ja. die checken dann, dass du in zu kurzer Frist zu viele SBCs abgeschlossen hast und dann bekommst du auch einen Bann. Also dort sind sie recht giftig mit Accounts schnell 48 Stunden sperren und so. Dort sind sie schnell. Okay. Das Aber haben ja. wir schon gesehen, das Zeug ein bisschen automatisieren. Ich habe es gerade gedacht. Ja. Dann machen wir so einen Trade-Bot, weißt du, und nachher Es für gibt- mich Es gibt alles, das ganze Macht analysiert, kauft und verkauft. Nein. das gibt es alles schon. Es gibt schon so Ja, aber ich will sagen, Sniping-Bots zum Beispiel, wo du kannst einen Spieler eingeben und sagst, wenn der Spieler 50'000 Coins oder tiefer reingestellt wird, kauft man ihn gerade. Okay. Und dann kannst du das einstellen, dann läuft das und wenn einer reingestellt kauft es ihn gerade. Zack. Okay. Und weißt du, es werden so viele Karten, zum Beispiel auch teure Karten, wo Leute irgendwie auf den Transfermarkt stellen, etwas verkacken und dann zu günstig rein tun. Ah. Und dort laufen natürlich alle Sniping-Bots die sind hinten immer dran. gerade Die sind weg, ja, 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 die das kommen ist rein, grad- zack, dann irgendeiner. hast gar keine Chance, da wieder rauszunehmen. Und Du früher hat es traust das jetzt noch eh nicht. nicht den teuren Spieler mal reinzutun, um schnell zu zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich einen habe, den ich verkaufen könnte. Ja, Aber seit wann kann man so die Kärtchen selber verbessern? das ist jetzt das zweite Spiel, das du das kannst. Also Eben, gell, das gibt es noch nicht so lange, Ja. oder? Ja, das finde ich Seit dem recht geil. 24. Ja. Das habe ich nicht mehr erlebt. Ja, das hat bei mir eigentlich, ich muss sagen, das hat bei mir sehr viel gerettet. Erstens, dass ich überhaupt noch spiele Mhm. und dass ich Content habe, von daraus mache. Das hat bei mir eigentlich den ganzen Werdegang von vor 2 Jahren bis jetzt, eigentlich nicht, das Feature hat das eigentlich gerettet. Ah, okay. Sonst wüsste ich gar nicht, ob ich noch FIFA will spielen Ja. würde. Mir weil hat es angeschissen, immer mit der Promokarten zu spielen, mit Spielern zu spielen, die mich gar nicht interessieren. Ja, voll. So, weißt. Genau. Das, eben, ich habe dann auch gerne, also beim Manager auch gerne mit meinem Team so die geilen Spieler halt gespielt, aber die sind halt dann irgendwann einfach schlecht. Ja. Und
eben, wenn du die kannst so verbessern, finde ich hure geil. Wenn du irgendwie kannst, ich finde das vor allem lässig. Du hast irgendwie, das habe ich bei dir gesehen, dass keine Ahnung, spiel 3 Spiele oder mach 5 Vorlagen oder irgend sowas und dann kannst du sie irgendwie. Genau, da geht es einen Schritt auf. Das finde ich noch geil, dass es mit dem Gameplay so verbunden ist, nicht einfach irgendwie. Es hat einmal etwas gegeben, wo du hast eine Gold- oder eine Silberkarte oder keine Ahnung, eine Goldkarte und dann hast du wie eine andere so drauf müssen tun. Also du hast wie eine zweite Karte müssen haben. Die hast du halt auch irgendwie gekauft, weißt du? Mhm. Und Das wenn weiss du ich kannst mit Gameplay ausgehen, Nein, du das kannst finde ich nur viel mit geiler, Gameplay. ne? Das ist Kannst lässig. Ja. Voll. Sonst ist es aber eben wieder halt zahlen dafür und das geht mir so gegen den Strich. Ja, du brauchst natürlich schon ein bisschen Coins teilweise für die Evos. Die Ja. kosten auch. Ja, ja. Aber wenn du ein bisschen spielst, also eben jetzt das Jahr habe ich keine Rappen ausgegeben und ich hätte jede Evo können machen. Ich hatte ja auch 1-2 Mal Glück gehabt noch mit Packs, wo ich ein bisschen teure Spieler drin hatte. Das heisst, aber ich hatte die Coins hätte ich eigentlich nicht mal gebraucht, die ich dort bekommen habe. Okay. Ich bin einfach irgendwann nicht mehr nachgekommen. Also weißt du, eben, ich habe, wie gesagt, Ja. ich spiele gerne noch anderes Zeug, oder? Aber ja. Und ich meine, wenn du nur FIFA spielst oder wenn ich nur NHL gespielt hätte, dann kannst du es schon mit einfach nur Spielen erreichen. Aber wenn du mal einmal in der Woche reingehst und dann kommst du einfach nicht mehr nach gegen die anderen. Ja. Irgendwann ich bin einfach an einen Punkt gekommen, wo ich bin relativ gut gewesen, tatsächlich im Manager und habe weit oben gespielt in diesen Ligen. Aber mein Gegner hat immer die besseren Ja, Spieler am Schluss gehabt. kannst du, Und aber dann wenn verliere du ich halt am gegen einen, der Top-Level gleich bist, gut ist kannst du wie schon ich. den Ich verliere, habe keine Unterschied Chance, weil er machen. einfach an mir vorbeifährt. Ja. Weißt du, so, weil er mit seinem 99er und ich habe halt 94er oder so. Ja. Das merkst du einfach, der schießt von irgendwo und geht sie halt rein, weil... Ja. Aber eben, das ist dann das andere, oder? Wenn du dann ganz oben, ich sage jetzt mal bei den letzten 2% gute Spieler angekommen bist, dann kann es dann einen kleinen Unterschied machen, ob jetzt du 94 oder 99er Spieler gemacht hast. Aber bis dorthin, alles unten dran. Ja, ja. Ich meine, der hier in der Mitte, selbst wenn der 99er-Karte hat, schlägst du den locker mit deinen 94. Nein, weißt. also, Aber klar. sobald du zu oberst angekommen bist, ist dann wirklich, kann die kleine Differenz so von einzelnen Mega, Spielern ja. kann es dann Mega. ausmachen. Ja. Nein, unerhört. Aber die Frage ist, musst du dort wirklich noch, weißt dort ist es ja nicht mehr so schlimm, wenn du halt mal verlierst. Klar regt es dich auf. Nein, Aber eh nicht. Aber eben, es ist halt, du bist ja dann gleich irgendwie ehrgeizig und willst Ja. gewinnen und dann verlierst du halt gegen Leute, die ich bin halt besser als der eigentlich. Ja. Aber ich verliere halt, ja, wegen dem, weil er eben teilweise halt reingepaid hat halt auch, oder? Ja. Und ich habe gar nicht so viel Zeit gehabt, um so viele Coins irgendwie erspielen, um mir die Spieler zu kaufen, die ich will oder wo brauchst, oder? Und, ja, das Ja, hat mich das dann so gibt's. angeschissen. Ich bin gar nicht mehr nachgekommen und darum habe ich auch aufgehört mit dem. Weil der Modus, ich finde es hure geil, das mit den Kärtchen. Ja. Das ist lässig. Wirklich. Dort bin ich halt so, ich habe gar nicht den Anspruch, dass ich dann die oben anschlage. So, Nein, weißt, das klar ist eben, regst das du dich mit halt dem nach musst du ein aufhören. Game vielleicht auf, weil halt der andere. Mhm. Aber wenn ich jetzt meine 15 Weekend League spiele, dann bin ich mit 10 Wins mega happy. So, dann habe ich mit meinen Schweizer 10 Wins gehabt von 15 gegen 15 Leute, die gesweatet haben. Weißt, Ja. und 10 waren halt nicht so gut gewesen, oder haben auch stärkere Teams gehabt, aber haben gleich verloren. Und dann bin ich eigentlich zufrieden. So. Und wahrscheinlich 2 Games verliere ich, weil es irgendwie etwas blöd gelaufen ist. Und 3 sind vielleicht effektiv wirklich besser gewesen. Ja. Und dann musst du irgendwann mal sagen, bin ich happy mit. Wir sind auch nicht 20 und müssen Nein. unbedingt da noch Ja. probieren, E-Sportler-Profis zu werden. Weißt du? Apropos nicht mehr 20. Apropos nicht 20. Hat er eigentlich mal aufgelöst, ja, der Bounce ist? Oder wird das nicht aufgelöst? Haben wir Hat die eigentlich mal Leute geschaut, was die Leute geschätzt? geschätzt Das haben? interessiert doch gar niemand. Die Leute haben, also das, was ich gelesen habe, ist so 14 und 12 und Ja, kannst du es mal umkehren. Wir jetzt? müssen- 72 und... Ah fuck, ich kann dort gar nicht. Ich kann nur hier scrollen. Dann kann ich gar Nein, nicht. es ist, also... so 6, 38 habe ich einmal gelesen. 53 habe ich einmal gelesen, glaube ich. So eine Frechheit. Ja? Ich glaube eben schon auch so 53 aufwärts. Ich glaube, der Lex ist gut dabei dort. Ich bin aber nicht sicher. Könnte sein, ja. Ja, also wir könnten einfach mal... Ja, Oder nicht? oder nicht? Wir könnten so als Geheimnis... Wir lösen erzählt das es uns Geheimnis. nachher. Er So erzählt wie es wir in ihm seinem nachher Stream erzählen. dann. Ja. Vielleicht. Ja. Könnt gerne mal Also- beim Gritty Bounce in den Stream hineinschauen. Vielleicht sagt er So uns, ja. Aus kleinen Hint, der Bounce ist sozusagen der Schradin von unserer Bubble. Ja. Er ist sozusagen der Schradin der Schweizer Ich wollte Bubble. eigentlich wollen sagen, er wirkt älter als er ist. Weißt du, das hat noch mehr Verwirrung gesorgt.
Oh. Das hat für noch mehr Verwirrung gesorgt. Aber jetzt mit dem Schadintake ist Ja. dann ganz ein bisschen... Es ist halt schon einfach. Hey, schaut, wir lösen mal. es geht schnell, ja. Ich könnte schon lachen. Es geht schnell. Es geht auch schon schnell. Es geht auch bei euch schnell. Ja, Geht, Es ist jetzt schon schnell gegangen, Ja. von 20 auf 30, muss ich eigentlich sagen. schon. Eigentlich schon. Die Zeit geht ins Land raus. Hey, einfach, dass wir mal da uns ein bisschen am Chat gewidmet haben. Eben, im Podcast haben wir uns meistens nicht so viel am Chat widmen, vor allem wenn wir gerade Gesprächsthemen haben, die sich selber ergeben. Aber schön seid ihr alle dabei. Ja, Funky, B.I.G., Lex natürlich. Vorher habe ich Schuhblasen gelesen. Ich glaube, Moni ist auch noch mit dabei. Falls die Leute noch da sind. Schön seid ihr da. Der Sonntagmorgen-Podcast-Stream ist wirklich einfach, dass ihr am Sonntagmorgen ein bisschen etwas zum Zuhören habt. Und ich glaube, bis jetzt funktioniert es relativ gut, Gesprächsthemen. Also es ist zwar sehr FIFA-lastig jetzt. Eigentlich will ich aber nicht so viel über FIFA reden, wenn wir... Hey, müssen wir nicht. Das ist halt etwas, eben, Also die das kennt jeder. Ja. Und ich habe es auch gespielt und ja, das hat mich schon Hast du interessiert. mal FIFA wie es sich ein gespielt? bisschen geändert hat. Ich habe früher recht viel FIFA gespielt. Schon. Aber das war so zur Zeit, wo ich so 12, 13, 14 dort rum. Wo noch zu den Kollegen bist du Anstoß spielen. Dort sind wir wirklich einfach daheim zusammen auf die Couch gehockt, haben dort gegeneinander gespielt, sind wieder hässig heimgegangen oder glücklich, Ja. was auch immer, oder? Und dort hast du noch nie online gespielt. Ja. Das vermisse ich übrigens einfach ein bisschen. So einfach... Die Sofa-Battles, Ja. Ja. das war schon geil gewesen. Das war noch echt gewesen. Ja, Dann hast du wenn der einander andere ein schießen, Tomatli du hast noch so, gegeben. Ja. Ja. so überschüpft. Aber da merkst du halt wirklich, Oder einfach, beim dass wir alle Penalty-Schiessen, älter weißt du, so sind. den Ja, ja. Controller so Ja. müssen verstecken. So. Aber weißt du, wenn wir heute gegeneinander würden spielen, wäre es immer noch gleich. Aber wir sind einfach scheiß alt geworden und jeder von uns hat zu viele andere Probleme, für das wir uns Zeit könnten nehmen für so etwas. Ja. Ja. Weißt du, wenn bist du mal irgendwie am Samstag noch mit daheim gekocht, hast du gedacht, ja, heute könnte ich eigentlich zum Bounce ein bisschen Gut, Runde aber- FIFA-Game. Aber weißt du, fairerweise musst du auch sagen, je älter du wirst, desto mehr hast du Kollegen, die ein bisschen verstreuter sind, in der Schweiz zum Beispiel. Ja, aber die haben alle auch so ihre eigenen Scheiß am Laufen. Ich meine Oder auch, zügeln mehr, eben oder so. auch mehr, die Leute zügeln weg. Und früher, ja, wer Hast du sind deine nebeneinander Kollegen gewohnt, gewesen, ja, ja, ja. mit denen du in die Schule bist? Mit wem bist du in die Schule? Die im gleichen Ort wohnen. Ja, voll. Ja, Du bist true. schnell übergelaufen, hast können klopfen oder Leute, ja, kannst noch ein bisschen rauskommen. Oder Ja, das ist schon geil gewesen. wohnst halt nicht mehr einfach so 5 Minuten zu Fuß nebendran, wo kannst sagen, ja, zocken wir schnell, kommst du noch über. Das ist schon krass, ja. Das macht halt auch viel aus, das vergisst man auch viel, finde ich. Und dann hat So immer, nicht jeder gehört. hat sicher auch so einen Kollegen gehabt, der hat immer alles gehabt. So die neuesten Ja. Games immer Ja, und die ja. geilste Konsole. Und alle immer zu dem heimgegangen, so geil. Ich weiss, zu meinem Kollegen bin ich immer San Andreas spielen. Meine Mutter hat mich geschlagen, wenn sie es dann zum Mal gewusst hat. Jetzt habe ich es ihr dann mal erzählt. gehabt. Hast du dich schon getraut zu sagen, Mami, haben wir ein Spiel ab 18 nicht gekauft? Und sie gesagt, nein, Dann zum Mal oder jetzt? nein, jetzt. Aha. Hast du dich schon getraut? Nein, ich spiele nur FIFA, wenn sie da ist. Ah, eben, gell? Die anderen Games tust du so abdecken. Sie hat auch noch nie einen COD-Stream von mir. Tue ich immer blocken für die Streams. Ja. Aber nicht der Account, sondern gerade die IP und alles. Krass. Haben eure Eltern auf das geschaut? Ja, ja, extrem. Ich Meine mag mich Mutter voll nicht extrem. erinnern, dass ich mal irgendetwas nicht hätte spielen oder dass sie, weißt du, so drauf geschaut, keine Ahnung, das Ja, merkst Bro. kommst du vielleicht gar nicht mit über, aber Wo du 18 geworden bist, ist rausgekommen. NES. Pong. was ist Dann denn ist Pong rausgekommen. Nein, aber da muss man schon sagen, das ist natürlich zu uns echt schon ein kleiner Generationenunterschied. Ich meine, eben, als ich 14 war, ist GTA San Andreas oder so, oder ich weiß nicht einmal, wie alt du bist, 12. Ja, auch so Ja, 12, sind ja. wir Und eben, du bist dann eben schon 18 gewesen, natürlich. Ja. Natürlich. Nein, aber ich Ja. habe, also meine erste Konsole ist Ja, Sega Mega Drive. nicht so natürlich. Also Aber jetzt dort habe habe ich... ich auch irgendwie Zeugs gespielt, wo blutrünstig war oder weiss ich nicht, wo ja, aber vielleicht nicht mit 12. Ja, aber es ist noch nicht so realistisch. Es ist noch nicht Nein, Grafik. Es sind das halt gar nicht wirklich so ernst nehmen. Computerspiele Ja. gewesen, weißt du, Ja. so. Es ist, So ein Doom Ja. oder so vielleicht. ja, irgend sowas, weißt du. Aber keine Ahnung. Ich mag mich nicht erinnern, dass jetzt meine Mami auf das geschaut hätte oder so. Ich glaube, das hat sich dann wirklich erst in der Lauf... Ich glaube eben gerade, wahrscheinlich in dieser Zeit, von du 14 bis mir 14, ich glaube in dieser Zeit hat sich Das ist schon mega viel hat sich das recht angezogen in dieser Phase dort. Und ich glaube in dieser Zeit sind dann auch, hat es angefangen mit, ja,
dann sind dann die Sachen passiert, wo irgendeinen anderen abgestochen hat und der hat Ja. viel das Spiel gespielt und so. Ja, und dann hat voll. das dann angefangen, Ja. weißt du? Und ich glaube, erst ab dort hat es dann angefangen, dass die Eltern Ja, hure- die immer Ballerspiele, die Ballerspiele Bösen. sind schuld. Ja, ja. Mhm. hure viel CSGO hat er gespielt und Also- so. Bro. Wer spielt also nicht? ich Also jeder müsste ja- CSGO-Spieler spielt viel CSGO. Und es gibt Millionen. Nein, ja. weiss nicht. Nein, nicht. das alle ist so kriminell. ein Bullshit-Take, Die wirklich. sind sicher Ja. auch alle tätowiert und alles. Weißt du? Ja. Das, ja, Nein, da das ist hätte ich ja normal. ganz verrückte Sachen müssen machen, laut dieser Theorie, oder? Also, Ja. Nein, das, also der weil ich Take halt, ist ich halt so... eben. Aber es ist Zeugs krass, wie gewesen, er wo- sich durchgesetzt hat. Mhm. Weißt du, für Gamer ist alle klar gewesen, das ist Bullshit. Aber so für alle Nicht-Gamer so, oh mein Gott. Das ist wahr. Aber die Eltern gerade so, oh nein, spielt mein Sohn jetzt wirklich dort Gran Turismo? Der schlägt dort Leute ab und so. Der hat auch jetzt schon psychische Schäden und alles. Und für Ja. uns war es einfach so, Ja. gewesen, hey, es macht einfach Spass. So. Komm, wir gehen ins Stripclub, GTA San Andreas. Ja. Absolut. Hast du auch Sachen können machen, die du eben sonst nicht machst. Aber wo jedem bewusst ist, dass du es nicht machst. Ja. Du fährst ja keine Leute Ja. sonst, so, weißt du? Aber irgendwie macht es Spass im Game, vielleicht. Ja. Ja, ich weiß nicht, Mann. Das ist alles. Und ich glaube, jetzt zur heutigen Zeit, jetzt nochmal, zur Versetzung zu jetzt haben wir nochmal ganz andere Probleme, die Kinder beeinflussen. Also, weißt du, so, wenn wir über Social Media und das TikTok reden, sind, glaube ich, Videospiele das kleinste Problem inzwischen. Vermutlich, ja. Aber jetzt, also, wirst du deinem Sohn das neue GTA kaufen, wenn es rauskommt? Ja, ich kann es einfach noch nicht spielen. Auch. Ja. Ausser, Ein bisschen äh, Es kann man wird sicher schon. noch ausser mein verschoben Sohn wieder. wird Du kannst 15, ja bevor Gas es geben und dann GTA kannst 6. du steuern, weißt Ja, Bro, ich weiß doch du? nicht. Irgendwann musst du ja anfangen. Nein, das Ding ist, wo ich mir ein bisschen Gedanken gemacht habe, ist, meine Mutter hat mir letztes Mal erzählt, ich habe ihr gesagt, so, ja, weißt, ich schaue dann mit ihm schon Harry Potter und so, wenn er 7, 8 ist, weißt du, mir ist scheißegal, ob es wie der Film ab 12 ist. Dann sie so, ja, nein, weißt, musst du schon ein bisschen aufpassen und so, weil ich weiss noch, wo du das erste Mal irgendeinen Film habe ich geschaut mit 12 und so, du hast 2 Nächte fast schon gepennt wegen irgendeiner, ich glaube, es war wegen Gefangenen von Azkaban gewesen, wo die Riesenspinne gekommen ist, glaube ich. Ja. Sie so, du hast mir dort 2 Nächte kaum gepennt. Das war Horror gewesen. Ah, wirklich? Das Dann kannst, ich so, das ja. kannst du selber nicht so einschätzen. Eben, Ja, und dann habe heftig ich das gedacht, ist. so, ja, kann schon sein, ja. Wahrscheinlich sehr hure abgefuckt gewesen wegen dem und ich habe Panik geschoben. Und auch seit dem Zeitpunkt eben, wie heisst das, Arachnophobie. Ja, aber es erklärt Spinnen- einiges, jetzt was du sagst. Ja, Kann ja, ich wirklich fühlen. Spinnen. Also ja, schon ein bisschen scheuche Spinnen. Nicht so die Extreme, so Zimmermannspinnen, so machen wir nichts aus, aber sobald sie ein bisschen fetter Oh. werden, finde ich es sehr unangenehm. Gut, habe ich die Option in meinem Game, gell? Ja, aber meinst du, das hast du wegen dem Film? Keine Ahnung. Das hast du vorher schon gehabt, oder? Oder nicht? Ich weiß es nicht. So Oder ist meinst du, ja es hat etwas. Ja, eben, keine Ahnung, das weißt du halt nicht. Nein, das weiß ich halt nicht. Ja. Aber wegen dem, ich würde schon gerne, weißt du, aber jetzt, bevor ich mit ihm etwas schaue, tue ich schon schnell überlegen, so, weißt du, hat es echt Sachen drin, wo vielleicht noch, wo es gerade ein bisschen zu früh wäre, wo er vielleicht falsch könnte aufnehmen oder, Mhm. weißt du, was ich Aber meine? schaust, dann müsstest du ja theoretisch jeden Film vorher schauen, bevor du ihn ihm zeigst. Da schaut er nur Filme, die ich schon gesehen habe. Nein. Also ja, ich sage jetzt, neue Filme, die ich noch nicht gesehen habe, würde ich schon schauen, dass auch die Empfehlung so ein bisschen um das Alter, weißt du, jetzt nicht Ja, ja. ab 16 Macht mit schon ihm Sinn. mit 10 schauen, Film ab 16, das denke ich mir auch. Aber- ein Aber wie du vorhin gesagt hast, für dich jetzt hast du so das Gefühl, Harry Potter ist ja nicht so schlimm. bisschen, ja. Aber als Kind nimmst du das Ganze Aber halt das ist ganz das. anders schwor. Darum, ich finde es extrem schwer, auch als erwachsene Person das können einschätzen, wie das in Kinderaugen Ja. wirkt. Oder? Das ist mir erst jetzt so ein bisschen auch bewusster geworden, als ich eben das letzte Mal mit meiner Mutter darüber geredet habe. Das ist- Und ich glaube, es gibt halt schon seine Gründe, warum sie dort Altersempfehlungen drauf Mhm. haben. Ja, ja, eben. Aber ich sage jetzt mal, Aber ja, viel wird eingestuft, auch so, du siehst einen Tropfen Blut, dann Ja, ist gerade das ist dort, eben zack, ein die. bisschen Ja, eben, Dann musst du das ist, Minimum die das ist dann halt auch FSK übertrieben. haben. du musst eben von dem her, glaube ich, macht es fast am meisten Sinn, wenn du etwas schaust und dann halt selber entscheidest, was jetzt, Ja. ob jetzt das schon angebracht Mhm. ist oder nicht. Hey, ja. Aber ich glaube, viel schwieriger ist für mich die Entscheidung so, ab wann bekommt er ein Handy und so. Ja. Weil Bro, das Internet ist für mich, ich finde das Internet absolute Katastrophe. Es ist, Es ist es ist halt alles zugänglich. Also weißt du, du kommst an alles an. Ja. Da Und kann- das Problem ist nicht nur, dass du alles ankommst, wenn du es suchst, sondern das Zeug Es- kommt an dich ja, an, ja. Bro. Ja, Ja, ja. voll. Es ist manchmal okay, Stolper drüber so, ja. Ja. Und dann plötzlich, hat dich vielleicht vorher gar nicht interessiert, aber du siehst es, und dann schaust du, oder? Ja.
Ja. Aber Was ich ich, sicher schauen wird schauen, ist, dass ich einfach am Laufe der Zeit, weißt, wirklich, dass ich dranbleibe, so schauen, was ist trendig, was Oh, schauen. ja. Ich glaube, das muss Ja. schauen. Ja, ja. aber echt, Mal so als Empfehlung, vielleicht jetzt ist noch ein bisschen zu früh für Ja, das ja, Handy. ja. Wann habt ihr euer erstes Handy gehabt? Ich habe meins recht früh Ich gehabt. weiß es gar nicht. Ich glaube, nicht so, ich glaube 15. Ja. Weißt du, wenn wir beim Generationenunterschied sind? Aber auch das kannst du nicht vergleichen. Nein, Ja, eben. Ich habe eine jetzt- Sony Ericsson bekommen, wo ich vielleicht ein Handy mit Infrarot, wo ihm vielleicht ein Eben. Lied via Infrarot Gut, hast können aber- schicken. Das musst du schon ein bisschen vergleichen. Bei ihm ist es halt so, wenn hast du deine Weißt erste du, ich Brieftube Ich habe, nein, bei mir war das so ein Koffer, gewesen, weißt du so. Ich habe Nein, ich habe mein erstes Brieftube im Handy Hosensack gehabt, und- weißt du? Das habe musst du ich, dir mal vorstellen. im zweiten Lehrjahr gehabt. Aber ja. Und, also es hat schon auch Jungs gehabt, die es schon in der Oberstufe gehabt. Aber dort sind wirklich, hast halt SMS geschickt, Ja. telefoniert und Snake gespielt. Ja. That's it, oder? Also Hast ich, du nichts können, es war kein Smartphone, gewesen, oder? Und ja, von dem her war nichts Gefährliches gewesen an dem. Ja. Oder unkontrollierbares für Eltern. Also. wir haben auch, das einzige Unkontrollierbare, was wir hatten, ist, wenn du den Internetknopf gedrückt hast, dass dann ruiniert Dann hat es bist. einfach. Dann hast du echt Todesangst Ja, gehabt, aber wenn du schnell eine aufs Internet Sekunde. bist gekommen. Ja. Du hast Das gerade ist gedacht, schon 200 Stutz Handyrechnung. Ja, Fuck. wirklich. Ja. Vor allem hast du immer die Geschichten gehört, oder? Wo einer aus Versehen, hast du immer das Gefühl gehabt, so, 5 Minuten und dann bist du ruiniert. Das Ja, es ist wirklich. musst du ausziehen. Das ist immer rumgegangen. Aber es überall. ist schon, es ist wirklich teuer. gewesen. Auch ein SMS, 50 Grad oder 30 Grad oder was? Ja, 20, 30 Rappen. Schnell mal, ja. Ja, MMS hat es auch noch. ja. Das ist Kann man ein noch Bild 4 können Stutz oder verschicken. so. Ja. Um halbes Mal, irgendwie 80 Rappen oder so. Ja, und Ding, hast, das eine Handy hat, du hast glaube ab 15 SMS hast du müssen löschen, dass neue reingekommen sind. Es hat keinen Platz Ah, wegen gehabt. dem Speicher? Ja, du hast glaube 15 SMS hast können behalten, dann hast du müssen löschen, sonst sind keine neue reingekommen. Dann hast du gesagt, wieso schreibt er nicht zurück? Oh Scheiße, ich muss löschen. Ey, Wahnsinn. Das ist schon geil, Mann. Und jetzt, ja. Aber eben, das zeigt krass auf, wie sich in den letzten 30 Jahren, sage ich jetzt mal, wie sich das verändert hat. Wirklich von Aber ja, einfach etwas zu. Ja, Du hast einen scheiß Fernseher in den Hängen, wo alles kann. alles. also jetzt hast du einen Computer in den Computer. Fingern, Oder ein ja. Computer, ja. wo vor 10, 15 Jahren nicht einmal die grossen Kisten Ja. so Leistung hatten. ja. Das ist crazy. Ja, und eben auch nach Plattformen. Eben jetzt TikTok. Bro, du gehst rein, siehst instant, wie einer in Frankfurt jemand runtersticht oder so. Ja. Dann denkst du so, Bro, weißt du. Aber Das jetzt musst du mal ist schon überlegen, krank, weißt, kannst du ja nicht einfach einem 12-Jährigen so ein Handy geben. Kannst du ihm so ein Rentnerphone kaufen mit der grossen Wäre vielleicht besser. Da Aber ist du kannst- Snake, Mann. Ich habe wirklich das erste Handy recht früh bekommen, weil ich Solothurn in die Schule bin und irgendeinem Dorf neben uns gewohnt habe. Und ich wirklich so mit 12 Jahren musste eine halbe Stunde mit dem Bus in die Schule, oder? Und meine Mama so gefunden, so, hey, da, falls etwas ist. Kannst du anrufen. Ja. Mehr für das braucht Das ich ist es sehr nicht. gut. Braucht ich es Ja. nicht, weißt du? So. Ja. Wenn man nicht schreiben will, Sonst niemand ein Handy. Ja, Ja, für wirklich, den Notfall, das ist so. oder? Ist es es ist gut. wirklich ein Notfallhandy mehrheitlich. Ja. Klar, fühlst du dich nicht krass, wenn du ein Handy hast. Ja, wisst ihr, Und wie ich das kann ist, schon wie so kaum eine- aufklappen, so Wirklich geil, oder? Ja, so ein Klotz halt noch. Mhm. Die Batterie hat länger gehabt als das Handy selber. Ja, das war aber früher immer so. Gewesen. Die haben keinen Strom braucht. Und du hast Ja, eine nicht können. Selbstverteidigungswaffe dabei gehabt. Im Fall der Fälle. Wenn du so ein altes Nokia hast, hast du dem so irgendeinem Halber Ring Schlagring. schiessen. Das ist gewonnen, gell? Ja, das ist crazy, man. Ja, aber ey, Kind, bei dir Kind kein Thema mehr. Kein Wunsch. Hey, vielleicht passiert mal noch ein Unfall oder so, aber es ist nicht geplant, nein. Mein Bruder hat seit 1,5 Jahren einen. Und ich bin voll happy als Onkel im Moment. So. Ist lustig, Kann ich mir ich, gut vorstellen, ich ja. bin der lustige Onkel halt, oder? Kann Ich bin wirklich sehr gut Ank, weißt du, wenn jemand bei vorstellen, mir im als Chat lustiger schreibt, der Ank wieder und so. Ja, Ja. stimmt. Ja. Nein, das finde ich habe es auch nicht gedacht. Ich habe es nie nicht geplant gehabt. Jetzt Vater zu werden auch immer noch nicht. Und ich bin nicht mega der Kinderfan gewesen in dem Sinn. Ja. Aber der Kleine ist so geil, wirklich. Ich liebe ihn und es ist wunderschön. Ich finde es, ja. Finde ich voll easy. Ja.
Also ich sage jetzt mal, wenn ich nicht per Zufall da vor 9 Jahren die Freundin gefunden hätte und jetzt immer noch mit ihr zusammen wäre, wüsste ich auch nicht, ob ich ein Kind hätte, so Ja. von mir allein aus, weißt Eben, dort fängt es an. Allein wird es auch Musst zuerst musst du mal eine Also, Frau du? finden. Ja, ja. Ja, ich meine, da hätte ich vielleicht irgendeine gefunden, der jetzt nicht unbedingt eins will und der hat gesagt, ja, ich brauche auch nicht unbedingt eins und der hat es vielleicht auch keins gegeben, weißt du, Ja. ich meine. Ja. Aber jetzt bin ich auch jetzt mega happy mit ihm. Klar, jetzt der Anfang ist streng und anstrengend, aber Bro, wenn die das erste Mal lachen, geht dir so viel auf, dass du denkst, ja, egal. Bleib hier 18 Jahre, ist gut. Du darfst bleiben. Wir machen noch viele lustige Sachen. Ja. Aber ja. Ja. Ja, du wartest auch einfach auf die richtige. He? Hey, mal schauen, ja. So. Bei dir würde ich sagen, du wärst sicher offen dafür. Absolut. Ja. Also ich fände es schon cool, ja. Aber es ist nicht so, es muss nicht erzwungen sein, weißt du? Ja. Das will ich nachher etwas erzwingen. Ladies, es muss nicht erzwungen sein, aber er hockt jetzt hier. Der Twitch-Link ist im Titel. Und dort drunter findet ihr sicher alle seine Socials. Nein, ja. Nein, ja. Eben, das kannst du nicht Die abheben. MC off von dem her. Automatisierte Antworten, schicker. Ja, ja, wirklich einfach einmal das Formular ausfüllen. Und ja, mit ein bisschen Glück. Mit ein bisschen Glück melde ich mich dann. Oder? Am Sonntag-Stream von Barracks. Die heutige Ziehung. Ja, nein, auch Sonntag gibt es eine Lotterie. Stefanie. So Vor- und Nachnamen, wenn es wirklich auf dich trifft, dann bekommst du nachher Post. Und, ja, da sind wir wirklich locker getroffen. Könnt ihr Ich euch und mein aus- Team, das hier der Hänger schafft. Es so viele Anfragen gegeben, dass Ja. irgendwann hast du keinen Überblick mehr, weißt. Das ist verdammt mühsam. Bei dir ist es sehr schwierig, die richtige unter all diesen Anfragen zu finden. Ja, Eben. Das ist Ja. heavy. das ist schon hart. Ja, da bin ich froh, dass ich mit meiner Frau wirklich einfach alles straight kann ablehnen Ja, kann. das ist schon. Commissions closed. Funky fragt, könnt ihr eure Haustelefonnummer noch? Ja, keine Die Ahnung. von früher, ja. Schon? Ja, kann ich auch noch. Aber sie Ja. ist halt eine, die ist hinterste und führste ist die gleich gewesen. Also es war wirklich so eine geile Nummer gewesen, weißt? Mit was hast du für eine Vorwahl gehabt? Ja, damals war es noch 01 gewesen. Zürich ist mal, Haustelefon? ja. No ways. Ja, Zürich halt ist mal 01 gewesen, nicht? Ah, schon? nicht Ah, wirklich? ja. Ja, wir haben 032 gehabt. Ja, noch 32. Ja. Oh, das bin ich jetzt. Solothurn. Nein, oder? Ja, Und ich dann, bin- was ist jetzt Zürich? Ich habe gemeint, das ist eine No. 3-Stellung. Jetzt ist 3 oder 44, ich weiß es gar nicht. Jetzt auch Fragt nicht. es gar nicht, weißt du? Das ist, glaube ich, ja, Ich glaube, hat's nur für irgendwann- Reis, das weiss ich, wegen Mimix, das ist Luzern. Okay. Ja, Aber Zürich wüsste ich jetzt auch. nicht Zürich hat dann mal irgendwie auf 44, 43 ging so gehabt. Vielleicht sogar beide, weil es so viele Nummern gibt. I don't know. Guten Morgen miteinander, wie haben wir es? Wunderschönen guten Morgen, Jackie Chan, wir haben es gut. Hey, ich glaube, wir gehen langsam richtig ersten Break im Fall schnell, weil mein Kaffee ist schon länger leer und ich würde schon noch einen zweiten nehmen. willst du noch einen? Bei euch geht es noch mit dem Heiter noch. Ja, ja. Ja, ich bin leer, ich würde schon stellen. Würdest du auch noch einen Kaffee nehmen? Ja, ja. Du bist noch happy. Ich bin noch happy. Also Willst ich du bin ein jetzt Cookie schneller, oder aber so? ich nehme sonst nachher so ein Eis. Oder ein Schokibrötchen. Schokibrötchen? Oh. Würdest du ein Schokibrötchen fühlen? Vielleicht- Also du darfst Also, auch eins haben. Ich darf auch. Ja. Das ist nicht nur für ihn. Nein, nein. Hast du gehört? Da können wir mal schauen, was es da gibt. Ja, von mir aus. Das ist ja geil. Aber der wird gut, ich glaube, wir sind schon wieder 1,5 Stunden. Die Zeit fliegt immer, das ist crazy. Aber dann machen wir einen kurzen Break, meine Damen und Herren. Dann gibt es schnell hier für unsere Gäste Schokibrötchen und einen Kaffee, die wir einen wollen. Und dann geht es nach einer kurzen Pause von ca. einer Viertelstunde oder so wieder weiter. Holt euch auch einen Kaffee, holt euch auch ein Gipfeli. Chaiti, wunderschönen guten Morgen. Wir gehen gerade in die Pause, Chaiti. So, So. So. we back. Wir haben gekäffelt, wir haben schnell ein bisschen Sonne getankt. Der Etwas Unterschied Also- von Bienenli und Wespe Schnell, ja. durchgenommen. Blümli Ja. und Blümli. Was? Blümli und... Aha. Aha. aber jetzt schnell. Jetzt, da wir wieder hier hocken, sind wir jetzt offiziell Comeback Kings. Sind wir jetzt aufgenommen? Wir sind ja wieder zurückgekommen. Ja. Eigentlich haben wir schon fast aufgegeben. Schon fast heimgehen, aber wir sind nochmal zurückgekommen. Wir haben nicht aufgegeben. Hast du mir jetzt nicht so reingekommen, als würde ich gerade heimgehen? Jetzt habe ich einfach die Story erzählen. Und, Nein, das längt noch nicht, nein. ah. Da muss man kommen.
Aber kannst Ja. auch, es reicht schon, ein Trikot zu bestellen einfach. Also eigentlich Pay to Win. Ja. Ist das so ein bisschen das Also Abo-Modell? Win nicht, aber Pay to Join. Hauptsache das Pay. Ja, Hauptsache das Pay Das ist. andere ist nachher so, ja, musst halt selber schauen. Ja, genau. Okay, Aber du kommst ja schon mit uns an Land, das ist schon viel wert. das stimmt. Willst du ein Football bleiben an Land? Weiß ich nicht. Gut, nein, ich brauche auch alle 3, die ich habe. Ich glaube, eins für Tag 1. Ja, ich glaube, Und alle 2. sind froh, wenn alle 3 brauchen. Ja, eben, ja, ich glaube, ich nehme Nicht lieber nur alle. eins. Ja. Die anderen haben auch einfach alle nur eins. Das wird ja vielleicht ein bisschen. Vielleicht hilft es, wenn du so ein Unliebli anlegst und wenn ich nachher halt mit das mal verschwitzt ist, als Ja. Liebli drüber, oder? Ja, vielleicht muss ich die Empfehlung dann raushauen auf dem Discord. Also ich weiß nicht, ob es etwas bringt, aber das könnte ich mir jetzt noch vorstellen. Nein, ich denke schon, dass es etwas bringt. Aber ja. Gut, wo hängen wir an? Wo fahren wir weiter? Wo hören wir auf? Ja, ich bin gerade ja kein roter Faden. Chat, wie geht's? Nein, aber nur schnell. Also, wir müssen ja nicht immer über das reden. Du Nein. hast gesagt, du willst nicht immer über FIFA reden, aber es nimmt mich gleich noch Wunder. Weißt du, vorher haben wir gewitzelt eben, mit Subs und eben, wie man ins Team kommt und keine Ahnung, eben, du hast gesagt, du hast Liebling gemacht und du hast ja gleich irgendwo durch Ausgaben auch, oder? Ja. Und wie finanzierst du das? Ist das einfach Hobby aus dem Portemonnaie rausmässig Ja. oder mit keinem Mitgliederbeitrag oder so? Oder? Nein. Ja. Nein. Okay. Nein, das habe ich bis jetzt alles selber gezahlt. Also eben die Leute, also die das Liebling bestellen, zahlen ja das Liebling an sich selber. Das Ja. ist auf einer Webseite einfach, wo Okay. Spiced heisst das, wo das Liebling einfach kannst designen. Und dann habe ich erst gerade Werbung bekommen. Die machen recht viel Werbung. Ist das wirklich geil, in dem Fall? Ja, eben, die Liebling kommen so. Das ist normal. Also das Heim hast du ja noch nicht gesehen. Ja, weißt du, für meine CB-Case, bei mir heißt Chatbot Kings, würde ich gerne so ein T-Shirt machen. Also weißt du, also du kannst gestalten kannst. Okay, Ich finde es okay. einfach vom Gestalterischen her mega geil. Du kannst jetzt nicht, was noch so ein Tüpfchen auf dem i wäre, ist, wenn du kannst sagen, ich will das Logo zum Beispiel gestickt haben oder so, das finde ich aber noch nice. Mhm. So draufgedruckt Ja. wirkt halt auch so ein bisschen basarmässig, aber Ja. Gestickt ist aber schon. gestickt sexy, ist, das ist so ein bisschen das Ding. Aber ich finde, einfach vom Gestalterischen, du kannst das ganze Trikot mit Ärmeln und allem wirklich so gestalten, wie du willst. Und das finde ich recht Also alles, was cool. du drauf gesehen hast, selber gemacht? Oder gibt es auch so Vorlagen? Also für zum die Beispiel Leute, weisst die kleinen Kreuzchen. Ja. Das ist eine Vorlage vom einem also das ist so, es hat so verschiedene Designs, die kannst du drauflegen kannst. Du kannst nicht die Grösse zum Beispiel von deinen Kreuzchen kannst selber entscheiden, wie gross die sollen sein. Du kannst aber auch grau haben einfach. Aber sonst, die Striche vorne habe ich manuell... nein, die Striche gehören auch zum Design. Also das sind einfach wie 4 schwarze Striche und du kannst nicht dort zum Beispiel sagen, eben auf dem linken und auf dem rechten will ich das Design noch drauf haben. Aha. Aber jetzt zum Beispiel das Krönchen oben oder hinten noch der Comeback King, der steht. Oder Das Hingen finde ich eben recht geil. Dort. So das Comeback King, Ja. das finde ich hure geil. ja, Und das da unten, das habe ich auch selber gezeichnet. das finde ich nämlich auch recht geil. Und dann mit Photoshop so ein bisschen bearbeitet. Tactics. Der kann halt Tactics. etwas. Hast du Ja. gesehen? Ja, der nimmt das ernst. Und unten haben wir noch ganz fein ist noch das Football-Logo mit so einem Schweizer Kreuz. Ja, Unten gut, am das hat es jetzt Trikot. nicht gebraucht. So ein kleines Detail noch. Wo? Ich glaube, dort ja, auf dieser Seite irgendwie Reingesneakt, sozusagen. reingesneakt. Frech? Ja, Finde ich gut, so finde ich gut. Ja, Ja, ein aber kleiner nice. Stolz. Ja. Vor allem haben wir alles live on Stream gemacht und die Leute haben noch ein bisschen Inputs gegeben. Ah. Und so. Das finde ich schon geil. Also, eben so Zeugs, wenn du es auch ein bisschen mitschauen kannst und Ja, voll. vielleicht kann man mitreden und so. Ja. Und das Logo ist eigentlich, das Logo hat eigentlich jemand von der Community mit AI, also die Basis vom Logo, wir haben es dann noch ein bisschen abgeändert, aber die Basis vom Logo ist mit AI erstellt worden Also- von einem Zuschauer. Das oder da? Nein, das rechts. Ja. Oder Das- DNA-Strang. Ja, Ich finde es geil. ich finde es auch mega cool. Nice. Wir schauen mal. Haben wir gut gemacht. Haben wir gut gemacht. Eben, also mit CBK das auch Sponsorings machen. Kannst du bei mir mal Wir andere sponsern? Sponsoren. Ja, ja. Vor allem, wir müssen zuerst mal eigene Sponsoren Ich finden. würde wirklich, ich könnte mir vorstellen, dass du mich sponsern Die? Nein. Wir müssen überlegen, ich will schon, eigentlich die hat schon so indirekt mal erwähnt, so, ja, hat er Trikots gemacht und so, du hast gar nicht gefragt wegen Sponsor. Ich so, ja, hat keiner gebraucht, also ich selber gemacht sowieso. Ja. Aber ich kann dann schon mal auf einen oder anderen zugehen und, aber weißt,
Du musst ja dann eine gewisse Basis haben, wo du sagst, ich könnte schon einfach hergehen und sagen, keine Ahnung, gib mir 500 Stutz und mit dir ein Logo aufs Liebli oder so. Aber Ja. es muss ja Sinn machen. Das heisst, ich muss irgendwie für das, was sie zahlen, dass das Logo drauf kommt, muss ich irgendeine Berechnung haben, wieso, Begründung und so Ja, weiter. voll. Und dann wollte ich nicht einfach jetzt soll ich mal den Verein machen, ja, weil dass wir ein Liebli haben, dass wir, wenn wir zusammen an die Lang gehen, so, dass wir als Einheit ein bisschen auftreten können. Ja. Sobald ich dann wirklich um Sponsor, wo ich auch einen Anhaltspunkt habe, wieso, dass ich für das Logo das verlange. Hast du so einen Banner, den du kannst Sind aufziehen wir kannst? dran, ja. Für langt auf die LAN? Wer ist dran? Der Schuhblaser noch im Chat. Morgen Naschi noch nebenbei. Und Heu Simpel, der habe ich auch noch nicht heute gesehen. Wir sind halt dort im Podcast, einfach, dass ich es nochmal erwähnt habe. Beim Podcast tun wir uns nicht so viel, gehen wir nicht so viel für den Chat ein, wie sonst im normalen Livestream. Aber wenn ihr während dem Podcast mega viel Interesse für einen von diesen Herren hier entwickelt, sind natürlich beide verlinkt im Titel und dürfen mal bei ihnen direkt reinschauen, Was? wenn sie am Streamen sind. Ah ja, stimmt, das wollte ich auch sagen. Du musst noch eins kaufen. Du hast noch keins, Jackie? Ja, holst du eins. Auswärtsheim, wie du willst. Wir haben sogar Hoodie. Ja, Ja, Ah, wirklich? Hoodie habe ich auch einen gemacht, ja. Oh, das klingt interessant. Hoodie das habe ist ich immer geil, oder? Da kann ich nicht, da nicht unten, da kann ich sonst nicht sagen. Aber jetzt noch Aber mal es ist nicht, der Hoodie ist nicht so geil. wegen dem Sponsoring. Ich meine, DG, wie sind denn die zu dir gekommen? Oder ich meine, das würde ja bedeuten, dass du bekannt bist irgendwo durch. Oder, Nein. oder dass ihr bekannt sind. Nein, DG ist. Ich habe ja eine Partnerschaft mit DG als Footbroy. Okay. Sie sind auf mich gekommen wegen diesen Evo-Nazi-Videos, weil die okay. ein bisschen im Internet umgegangen sind. Und weil sie Sponsor sind von der Challenge League, hat er dann gedacht, hey, wäre eigentlich noch cool, wir wollen etwas im Internet machen und so. Sachen Geil. im Internet machen, ja. Ja, sie will ein bisschen Ding und hat sich das ergeben. Aber es ist so eine kleine Partnerschaft. Ich bekomme ein paar Gutscheine von ihnen zum Verlosen und ich lasse ihr das Logo laufen on Stream und das zwischendurch irgendwie aufs Thumbnail oder so bei Insta. Eigentlich müsstest du schauen, dass immer beim Podcast das gratis Pizzen für die Gäste. Ja, da müsste so. ich jetzt so eine Pizza Jetzt stellen. Ja, kannst- schon, Weißt wäre du? eine Idee. Aber dann, eben, das sind eher Sachen, die ich zuerst muss verhandeln muss. Und die Pizza kostet mir dann sicher nichts. Ja, eben. Aber Wäre schon, weißt du, da könnten sie so. Ja? weißt du, Dieses ich wollte auch Stream nicht- enthält das Produktplatzierung. Ding ist, die ist jetzt in dem IAFC drin bei mir. Ja. Ich tue gerne das Format auch offen halten für andere Partnerschaften. Ah, weißt du. so läuft das. Ja. Ja, ich sehe. Wenn er es jetzt sieht und auf mich zukommt und sagt, hey, du hast ja da den Podcast, kannst du Also- nicht? Dann sage ich natürlich, ja, wir können darüber reden. Aber vielleicht, wer weiß. Also wenn ich jetzt den Podcast würde sponsern, ne? was würdest du da? Also, 1 Million oder wie viel? was willst du denn haben im Podcast? Ja, also dass mein Gesicht immer wieder mal siehst und so, hast so aufgeplappt und irgendeinen dummen Spruch. Wie oft? Nee. Wie oft, Da, wie da lange, so wie ein Bild groß? anhängen. So. Ja, wirklich. Ja, Ja. wenn's- Nachher so, die Gäste müssen so ein schnell ein Küsschen geben, ja. mal und Tschüss sagen, weißt du. So. Ja, da müssen schon. Jetzt überlegt er, weil wenn er eine blöde Zahl sagt und ich es als Joke machen, muss er dazu stehen, weil es jetzt live ist. 5000. Ah, jetzt sagt er genug eine grosse Zahl, dass Ja, sie es sicher. nicht als Joke machen. Nein, falls Einmalig jemand- oder wie lang? Falls jemand das machen will. Wie lang kann ich nachher? Und wie oft? Und Ja, jetzt im Kopf kann 5000 für ein Jahr, aber ja, Ein Season, hä? ein Season so eine sozusagen. Season lang. Ja. Und dann Und kommt Season- das neue Game, dann musst du wieder neu rein. Ja, da gibt es eine neue Kooperation, ja, Ja. logisch. Aber du. Ich finde, ich muss ehrlich auch sagen, ich finde das Sponsoring und ich finde es eigentlich ein mega mühsames Thema. Also Ich finde es weißt du, echt mir schwer. ja, es ist schwer und ich finde, weißt du, man redet in der Streaming-Szene recht oft von so Sachen, weißt du, Mhm. ja, jetzt dort Partnerschaft, ist Ja, ich finde Also, das Bro- Partnerschaft finde ich immer so, ja. Ich finde es teilweise so ass, weißt du, so. Die meisten sind ja nicht echte, also weißt du, so, oh, ich mir auf der Seite angemeldet, du kannst jetzt meinen Promocode brauchen. So einen, den du echt kannst generieren und die Leute reden so, jetzt Partnerschaft mit Seite XY. Mit sagen Amazon. jetzt- Ja, nein, aber Ja, ja, okay, ich weiß, was so, du so ein meinst. ja. Instant Gaming und so. Die haben das Logo an einen offiziellen Partner und hast nicht gesehen. Und nachher denkst du so, ja, du hast dich auf der Seite angemeldet und hast auf dem Formular Teilnehmen gedrückt. So ist schnell. Ja. Das ist halt schon.
Aber ich meine. Aber das Ding ist halt, zum Beispiel das Setup und so, ich baue das mit so viel Leidenschaft, so, Bro, solange mein eigenes Geld lenkt, dass ich mir das Zeug einfach da weißt, ich habe jetzt schon 5 Jahre gebraucht, bis ich das alles habe, was da steht, weißt, aber das ist halt so hobbymäßig. Ja. Ich brauche jetzt nicht einfach einen Sponsor. Selbst wenn ich jetzt die ganze Technik von 5 Jahren da von einem Sponsor da, Bro, ich habe zuerst mal ein Jahr gebraucht, bis ich gecheckt habe, was das alles ist und wie ich ein OBS-Layout mache und so. Das mit dem Enkel ja schon so ein bisschen mässig drüber geredet, aber das gehört alles dazu. Zuerst lernst du mal, wie man Stream aufsetzt, wie man das Overlay macht, was ist Szenenwechsel, was ist... Weißt du, wie ich meine? Du weißt schon, wo deine Ansprechpunkte sind, gell? Also, es gibt Also, Leute, die ja. helfen dir gerne. Ja, ich weiß. Ich glaube, letztes Mal mit dem Enkel auch darüber geredet, ich habe gesagt, ich glaube, es gibt... Was OBS angeht, habe ich gesagt, gibt es 2 Leute in der Schweiz, die sich besser auskennen als ich. Und dann sind wir darauf gekommen, dass es... Ich glaube, oder 2 oder 3 am Schluss haben gesagt, eben du, der Troy, und ich weiß nicht, ich habe gemeint, es hat noch etwa 30 gegeben, wo man gesagt hat, der kommt auch sehr gut raus. Ich würde jetzt zum Beispiel Blackjack noch auf die Liste. Blackjack? Ja. Okay. Also der Bounce sicher nicht, ja. Ja. Hast du dir schon viel mit OBS und so, Szenenwechsel, Overlays, ja, also ich habe mich schon... Streamer-Bot-Sachen, Knöpfungen? Nein. Also das Ding ist, ich habe auch alles in dem Sinn wie du gemacht, nach aufgerüstet oder weißt immer ein bisschen mehr und halt alles selber. Halt, es gibt überall Videos, wo du dich kannst irgendwie reinfuchsen und so und es interessiert mich auch. Und das Ding ist, du willst ja auch, willst halt rauskommen, was du machst irgendwie, oder? Und wie du sagst, wenn du einfach so alles angeknallt bekommst mit da Material da, weißt du gar nicht, was machen mit dem, wie du das richtig einstellst. Und von dem her, ja, finde ich es auch besser, dass du so für dich das machst und eins nach dem anderen. Ja, so lernst du Ja. einfach auch am meisten. Troy und Barrack Ja. sicher. KI-Szenenwechsel funktioniert recht gut. Da. Das ist nicht KI. Also mal, ja, kann man sagen. Hey, alles, was automatisiert ist, ist Wahrscheinlich. mittlerweile so als KI betitelt. Ja. Ich finde es fast so too much, wie mittlerweile überall KI steht. Früher hättest du gesagt, ja, wir haben einen guten Algorithmus geschrieben, der es checkt, wenn bla bla bla. Mittlerweile sagt man dem mal, ja, weißt du, KI dahinter. Es ist ein kleines Trendwort. Das ist schon trendy. Also eben jetzt, Aber ich das weiss würde nicht, jetzt, die Szenenwechsel würde ich jetzt nicht als KI bezeichnen. Es ist einfach, das Programm erkennt Ja. einfach, welches Mikrofon redet und schaltet dann dementsprechend auf die Kamera um. Das ist jetzt nicht KI. Meiner Meinung nach. Ja, schon. Aber ich finde es auch hure geil, wie du das so eingerichtet hast im Fall. Ich bin auch ein Dass das riesen eben Fan. wirklich funktioniert. Und Ja, das gehört eben auch, es hat auch wieder zu diesem Prozess gehört. Als ich den ersten Stream gemacht habe, habe ich das scheiß Tablet auf meiner Hand gehabt und habe so probiert. Aber Bro, du musst am anderen zuhören, überlegen, was du nachher sagst und noch daran denken, dass vielleicht noch die Szene auf ihn sollst switchen. Also nein, es muss etwas geben, dass das automatisch geht. Ich will mit den Leuten hier einfach reden können, ohne Ja, dass voll. sie die ganze Zeit da muss denken. Oder? ja, das ist schon recht geil gemacht, muss ich sagen. Und es soll auch einfach eben sein, zum Umstellen wieder auf das ich allein kann streamen. Es soll wirklich so, ich nehme dann einfach das Mikrofon, das bei dir steht, tu das wieder dort her. Ja. Bei der Kamera tue ich jetzt einfach ein anderes Objektiv drauf, dort oben und dann kann ich wieder allein streamen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber mal schauen. Ich Der habe ist- einfach Freude an so Scheiß. Der ist hure wichtig da. Also die sieht es jetzt nicht, aber da ist so ein bisschen Schaumstoff oben, einfach so ein Mini-Viereckchen an einer grossen Wand sozusagen. Der ist Das tatsächlich. ist recht sexy. Aber er ist eben parallel zu dem, was auf der anderen Seite auch Oh, dort den habe ich noch nicht gesehen. Also es ist mehr Hat Deko. schon als- seine Berechtigung. Ja. Du hast echt gedacht, der hast so geiles Zeugs erwangen. Mit deinen Kärtchen und LED und so. Hier fehlt etwas. Die habe ich noch, die machen wir jetzt her, oder? Nein, das war eigentlich von der ersten Version, glaube ich, vom Setup gewesen. Als Nostalgie. Sozusagen. Nein, es einfach sein. Also ich glaube, ja, dann da irgendwie ich weiß doch nicht mehr, wo ich genau das Setup hatte, aber irgendwie ist es gerade aufgegangen mit dem Ding. Oder ich habe nicht mehr gewusst, woher. Scheiß auf die hohen Schaumstoff. Die Leute sehen es ja gar nicht, wir reden darüber. Sie sehen es Ich gar sehe nicht. es wirklich ganz knapp nicht. Das ist gerade Ja. hier oben dran. Aber was ich gerne noch machen würde, wäre so... Das Problem ist, Kelly wird verdammt hässig, wenn ich da Zeug an die Wange tue.
sie immer meint, es geht nicht die ganze Bude auseinander, wir müssen alles zahlen, wenn wir rauszügeln. Also viel geht auch abeinander. Das hätte ich jetzt nicht gesagt in deinem Fall, oder? Ja, sie weiß es schon. Ja, eine stört die Dings, die Nanoleafs sind mir eigentlich abgefallen. Ja. Bei vielen hinten dran ist die Wange jetzt vor Farbe und so mitgerissen. Weißt, du. Ja. Aber ich würde gleich gerne so Wandtattoos ankleben. Ich weiß nicht, meine Schwester ist auch so eine, die so Zeugs gerne macht. Aber das ist eben, Aber ich weiß nicht, wie gut das für die Wand ist und wie easy du es dann wieder wegbekommst. Ja, ich weiß aber auch nicht. Ich bin jemand, bei mir kommt nichts an die Wand. Mir schießt es auch an, wenn ich das im Nachhinein wieder muss ausbessern muss oder zahlen oder das schießt mich einfach so an. Aber ich finde weisse Wange finde ich eben so ass, man. Das ist schon ein bisschen Ja, es Ja. ist mega langweilig. Ja. Aber mir schießt es einfach richtig an. Wo hast denn du deine LED? Hast du ja die Decke angeschraubt? Vom Die LED-Wange. Das ist ein Vorhang sozusagen. Ah, ist ein Vorhang. Ja, aber du hast ja gleich etwas anmachen. Dann habe ich oder? einfach geklebt, ja. Ah, geklebt Arteli. Ja. Also, ja, nein, es war eine Wange angeklebt gewesen. Aber du hast so. Das ist so Kleber, Also die Kleber, hinten geil, dran voll. hast, wo kannst du abziehen. Und So mäßig wie dort. ja, genau, eigentlich wirklich so ein Kleber und nachher so klebenagelmässig. Ich mache es eigentlich sehr gerne. Ich würde auch gerne alles gerne. Die ganze Wange würde ich so. Entweder ganz schwarz machen, fände ich sehr geil. Ich finde ganz schwarze Wange finde ich einen Stil so. Ja, was macht es? ist einfach Aber- sehr dunkel. Also weißt du, so, ja. Das Ja. macht dann schon viel aus, gell? Ja, aber weißt du, mit dem Licht und so, die Leute sind ja nicht gleich ausgeleuchtet. Ja, Die, ja, die nein, eben das da schon, hocken. Und das dann ist so ein schon, dark, clean Das Hintergrund. finde ich eben auch noch geil. Oder Ja. so, wenn ich die YouTube-Videos schaue von denen, wenn sie irgendetwas erzählen, hinten dran wirklich schwarz. Zum Teil ist sogar noch dunkle Sachen an, aber es ist wie Ja, mit dem hinten richtigen ein Licht, hauer das schon. schwarz und mit dem Licht und das sieht Es wirkt so clean aus. cinematisch, ja. Es ist wirklich so. Ja. Und dadurch bin ich natürlich, weil ich viele Videos mache, ich bin ein bisschen Freak durch Mhm. das, oder? Also weißt du, es soll wirklich, ich hasse es, wenn ich jetzt hier den Stream nachher anschaue und mir denke, eine Szene nicht gut aus, würde ich mich hier das aufregen. Aber jetzt vorhin, als ich den Screenshot von dir gesehen habe, bin ich schon sehr happy gewesen, Ja. weil ich dachte, das sieht sehr geil Das aus, sieht wenn der schon Bounce gut sieht aus, sehr geil aus auf diesem Bild, oder? Was ist denn jetzt das Nächste, was du würdest... Eben, wir sind ja immer so eins nach dem anderen, weißt du, mal eine neue Cam, mal ein neues Licht, mal das dort aufhängen. Also was ist so... Also was Setup angeht, werde ich jetzt eigentlich fertig sein, so. Ich werde nicht mehr. Jetzt also 3 Leute für Podcast sollen als Maximum bleiben. Ich will nicht auf 4 oder so, Nee. das finde ich näher. Mhm. Erstens ist es zum Aufnehmen Scheiße. Weißt du, ich müsste fast wie hier auch noch so einen Stop-Haus offen haben und das ist so aber zu, dass es aber offen sein wegen der Türen und so. Ich glaube, das Setup so sollte jetzt eigentlich fertig sein. Aber jetzt zum Beispiel also die Webcam dort oben, die ist gestern gekommen mit der Post. Weißt, also es kommt gleich immer noch etwas dazu. Aber ich habe gewusst, dass ich noch eine brauche, weil ich gewusst, ich habe 3 Kameras und wenn wir 3 Gäste sind, wo die für jeden ein Bild, aber ich wollte noch eine Overall-Szene. Ja. Das heisst, dort habe ich schon gewusst, irgendwann muss ich etwas kaufen. Aber im Moment finanziert sich recht gut, dass wenn ich eben Aufträge habe, mit Videoaufträgen, dann ist das alles immer dort finanziert. Okay. Also wenn jetzt dort kein Geld hat auf dem Konto, auf dem Geschäftskonto, sage ich mal, würde ich auch nichts kaufen für einen Stream, weißt du, was ich meine? Ja, voll. Und so finanziert sich das. Aber ich sage jetzt mal, jetzt so Zukunftspläne habe ich nicht. So. Bei mir ist es mehr immer so, ich habe eine Idee, ich brauche das. Okay. Und dann muss ich schauen, wie zahle ich es, kann ich es zahlen, kann ich es gerade jetzt kaufen, muss ich warten. Ja. Eben, manchmal sind's, also bei mir ist es so, ich habe jetzt auch nicht das mega Budget für meinen Stream und so, wie viel wissen. Aber manchmal sind es wirklich Kleinigkeiten, wo einem hure Freude machen. Hey, auch wenn es so irgendwie ein neues Emote ist, das du hast, weißt du, so. Oder irgendwie, keine Ahnung, da stellst du etwas Neues an oder irgendwie dort ein Lämpchen mehr oder so. Eben so die kleinen Schritte, ich finde, das macht einem hure Spass. Es Ja. braucht gar nicht so viel, weißt Es ist ja so, es ist so. Wir haben zum Beispiel auch die Kaffeemaschine hier. So, wir haben die lange unten gehabt, aber es ist für wenn du Gäste hast und so, es war verdammt mühsam gewesen, jedem ein Kaffee. Wenn jetzt 10 Leute zu Gast kommen, dann machst du jedem ein Kaffee, du bist eine halbe Stunde weg, bis jedem ein Kaffee gebraucht hast. Aha. Dann dachte ich, komm, wir kaufen einfach eine Kapselmaschine. Dann sie so, ja, was machst du mit der? Ja, ich stream, perfekt, die eine geile Deko im Hintergrund. Sieht So, schon weil- geil aus, ja, ja. dann, jetzt, ich habe sehr Freude, dass die einfach da steht. Weißt du, Ja, genau. solche kleine Sachen. Wirklich. Genau, das meine ich, ja. Oder eben dann hier, so auf Temu habe ich so Kunstpflanzen, weißt du, das Gefühl, ich habe so, ja, es muss ein bisschen Ja, etwas ja. Grünes drin sein. Ja, so, genau. so Zeugs. Das könnte Weißt auch du, echt anstellen, weißt du. Aber
Bro, die sterben da. Nach 2 Wochen hole ich neue, wenn ich da echte Pflanzen reinstelle. Du musst Da gleich kommt machen, kein Sonnenlicht, null. Nein, Du musst es nein. gleich machen. Ja, es gibt auch genug Pflanzen, die ohne Sonnenlicht. Ja, wo da eben kenne ich mich grad- vielleicht zu wenig aus. Du musst es echt so machen wie ich. Du holst dir genug Pflanzen und es gibt die Pflanzen, die gewöhnen sich an dich. Ich bin jetzt 2 Wochen in der Ferien, ich bin weg, die haben kein Wasser bekommen. Die sind am Blühen, die sind gewachsen, wie weiß nicht was. Oh, das ist, aber Die das, leben einfach. dann sind sie nicht so happy, wenn du daheim bist. Irgendetwas stimmt da nicht, Die oder? gewöhnen sich, nein, ich vergesse Er auch ist recht oft zu gießen, weißt du. Und die haben Ah. sich einfach mittlerweile so an meinen Rhythmus gewöhnt, wo eben gar keinen ist. Aha. Sondern, Bro, es geht wieder mal etwas geil, jetzt nehmen wir. Und die überleben. Und die Hälfte ist eingegangen und die Hälfte überlebt und die ziehen jetzt mit. Nein, ich habe schlechte Erfahrungen mit Pflanzen. Bei mir geht alles kaputt. Also alle Pflanzen, die du bei mir gesehen hast, sind echt Bounce. Sind echt, ja. Ja. Also alle, die... Ich glaube, ich habe gar keine Pflanze gesehen. Bei uns sind Er nur hat, die er Dungen, hat die ich jedes nicht muss Detail schauen. von meinem Raum angeschaut. Da stehen 3 Pflanzen in Ich diesem mag Raum. mich an keine Pflanze erinnern. Bei dir? Bei ihm. Es stehen, Ah, schon? Es stehen 3 Pflanzen in diesem Raum. Ja, wieder mal nur Augen gehabt für Nach wie viel Bier hast du geschaut? Nach wie viel Ja. Bier hast du geschaut? Bei ihm? Das stimmt, das kommt noch Nein, dazu. also wir sind eben, ich bin, für die, die es nicht wissen, ich bin gestern angereist, ja. Gestern Aus angereist. Zürich angereist, Bern, oder? Hotel Und, Barracks. Dann haben wir noch habe ich 3 Bier getrunken, nicht mehr. Einfach Easy, zu wenig wirklich. geschlafen vom Freitag auf den Samstag und heute auch nicht wieder mega viel. Und darum habe ich es vielleicht nicht so gesehen, ja. Aber es ist nur ein Bier gelegen. Nein, alles easy. Ja. Also, du hättest auch komplett verkatert können hierher kommen. Hätte ich fast noch mehr Wert geschätzt, weil wer komplett verkatert extra hierher kommt, das ist natürlich schon ein Einsatz. Schon mit wenig Ja, Schlaf es ist ist schon... also ich bin nicht das weit ist schon weg sehr... davon. Also Eben ja, du hast schlafen habe schon ich nicht viel. Und, ja. sehr Ich wertschätzen. hätte jetzt, wäre jetzt auch gerne noch ein bisschen gelegen, muss ich ehrlich sein. Aber Ich es würde ist schon gerne hier ein bisschen... Kannst du noch ein bisschen anlegen? Verstehst du? Nein, es ist schön da. Finde ich gut. Eben, ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein Zeitchen und haben zwar auch zwischendurch jetzt nicht mehr so viel miteinander zu tun gehabt, aber ich bin gerne da. Wir haben immer Freude, wenn wir einander sehen. Ja, voll. Das habe ich, aber das habe ich eigentlich noch mit... Das ist eben das, was wir auch das letzte Mal, glaube ich, ein bisschen über die Gamer-Community geredet haben. Oder jetzt sage ich mal ein bisschen die Twitch-Community. Es gibt fast niemanden sage ich mal, aus dieser Bubble, wo wir jetzt kommen, wo ich keine Freude habe, wenn ich die Person sehe, so, weißt, die du kennengelernt hast. So. Egal, ob es jetzt ein Blatch ist oder auch der Blackjack oder so, oder der Goody oder weiss doch nicht wer alles. Du hast eigentlich fast bei allen, so, wenn du sie wieder mal siehst, so, hast du einfach Freude. Ja. Und dann ist nur irgendein Scheiß wieder zusammen. Egal, ob es jetzt über einen Stream ist, irgendwelche banalen Sachen. Meistens sind es dann nicht so tiefe Gespräche oder so, aber muss ja auch nicht sein. Das muss ja nicht sein, weißt du. Ja, voll. Aber es kommt extrem drauf an. Blöd gesagt, ich meine, am Kindergeburtstag dann hast du so die Mischung gehabt, durch den Tag, so Action vor Kamera und weiss nicht was. Ist das Gespräch weniger tief gegangen, aber nachher so am Oben am Lagerfeuer, blöd gesagt, off-stream, Ja, ist nachher wie ganz andere Atmosphäre. Ja, Und dann ja. kannst du aber auch mal mit diesen Leuten über hure Deeps Zeugs ja, reden. das ist aber auch Und cool. Das ist mega geil. Ja, auch cool gefunden. Ja. Das schätze ich auch mega. Ja. Da oben hat sich bei mir, seit da oben passiert ist, hat sich hure viel. Also weißt du, man kann jetzt nicht darüber reden, was dort gerettet worden und so, aber Also würdest du mir kein blaues Auge mehr verpassen. Für die, die es nicht wissen, an diesem Event hat der Roy mir aber das ist ja ein nicht am blaues Oben Auge passiert. Das ist ja verpasst. nicht, das ist ja nicht am Oben passiert. Ja, Das ist Und während der sich Games sich passiert. neu ins Auge hineingerammt. Ja, ich bin fast gestorben. Was willst du machen? Das stimmt. Aber trotz meiner Verletzung wollte ich dir dort das Leben retten. Ja, Dort habe ich alles dafür gemacht. Aber Aber wisst ihr noch, wer dort gewonnen hat? Im Reise nach Jerusalem. Ich glaube, das, hast du ist dort- gewonnen? das ist dort, wo jemand beschissen hat. Wir sind im Finale gewesen gegeneinander. Ja. Ah, sind wir im Finale gewesen? Ja, genau. Ja. Und er hat dich ab dem Stuhl abgeschöpft, glaube ich. Das kann ich mir gut Ah, ja, vorstellen. So, einfach den Stuhl weggenommen. Das ist ja. Hey, ist alles Es ist im voll daneben legalen gewesen, Rahmen. Aber es gewesen. ist schon, Es- es ist schon lustig gewesen. Es ist schon, ich habe es Es- gefühlt. Ja. Ich habe es schon gefühlt. Ich fände es geil, wieder mal so ein Event zu haben. Ja, Random Access, wo seid ihr? Das ist wenn's schon euch crazy braucht? geil gewesen, ja. Also es ist Tatsächlich. ja wirklich egal, wer es macht. Ich meine, sie haben so Zeugs verdammt gut gemacht. Auch der 24 Stunden dann war auch recht geil gewesen.
einfach wieder mal so ein grosses Event, wo über 1-2 Tage geht. Wie auch die 24 Stunden, das habe ich Ja. auch recht geil gefunden. Einfach so, eben ein bisschen, nicht nur so, wir können anreisen, zack, 2 Stunden und dann gehst du wieder und hast nicht gesehen. Sondern wirklich einfach so, hast du einen Tag, 2 Zeit. Wo ein bisschen etwas läuft und so. Ja. Ja, der 24 habe ich auch übel gefühlt, aber jetzt wird es schwierig natürlich. Aber vielleicht kann man mal nicht mal extern etwas planen oder so, wo man wieder mal so etwas macht, auf jeden Fall. Gibt es eigentlich jetzt gibt's von dieser Geburtstagsparty gibt's so noch immer noch ein Video oder Clips oder so? Ich finde es eben geil, gerade bei solchen Events und so Sachen finde ich es eben geil, wenn irgendwie nach 2, 3, 4 Jahre später das Zeug wieder, weißt du, das anschauen. Dann Also finde ich Clips aber gibt es geil. sicher. Also 1, 2 sind sicher rum, aber Ja, aber das Ding ist, sie haben doch das Video, nie, die oder so, die haben doch das sicher noch irgendwo. ja, aber sie haben es nie veröffentlicht. Ich Sie haben es, glaub glaube ich, nicht, eben nicht öffentlich Ja, ja. gemacht, Haben aber sie ich nicht. behaupte, die haben die Aufnahmen sicher noch. Ja, ich Ja, denke das müsstest du eben fast mal so auf YouTube auf, weißt du, auf Twitch. Vielleicht die Chance ist es sogar dass auf es- YouTube im Fall. Schon. Ja, Das müssen könnte wir sogar nachher sein. fragen. Das ist eben so Bin mir Zeug, nicht das ich dann auch fühle. So, weißt du, das hier und jetzt hier den Livestream machen, finde ich geil. Aber ich weiß schon genau, dass irgendwie in 3 Jahren, wenn ich dann das schaue, weißt du, dann denke ich so, das ist schon geil gewesen einfach. Weißt du, Ja, gerade so Nostalgie. Ja, gleich wie heute du gesagt hast, du schaust verdammt gerne das Bro, Video das von Video schaue ich Brandon so immer wieder. gerne. Das schaue ich so gerne. Wirklich. Und auch dort habe ich, dort habe ich den Nintendo Ja. Kevin. Ja. Den habe ich dort das erste Mal gesehen. So, weißt? Und das ist einfach auf Kamera. Ja. Und so 2 Jahre später haben wir das gleiche Tattoo machen und so Scheiße. Weißt du, du denkst gerade so haben wir uns kennengelernt. Das ist Und ja du auch auf denkst Kamera. schaust du so zu und denkst so, Bro, was hast du für ein Hemd an? Weißt du? Aber das war schon lustig. Der Döme, ich glaube, der Döme habe ich dort auch das erste Mal gesehen. Ja, Nintendo. ich glaube auch. Und ja, da haben wir noch andere Sachen. Die Fenty haben wir gesehen dort. Ja, sie viele Ja, Leute. die ganze Ah, der Community. Summit habe ich dort auch das erste Mal gesehen. Gut, das kenne ich halt Du kennst ihn schon länger, außerhalb ja. von Ding. Aber dort habe ich ihn das erste Mal gesehen, mit seinem E-Scooter, den er Ja, dort ja. fahren. Ja, das ist schon. Aber zum Nachher finde ich es auch geil. Wegen dem bin ich nicht, also das ist auch, das im Nachhinein schauen, ist auch ein bisschen der Grund dafür, dass ich mich entschieden habe, dass ich von Videos mache und probiere das beruflich zu machen, weil ich einfach schon die erste Hochzeit, ja 2 Hochzeiten dafür gemacht. Die erste, die ich gemacht habe, dann habe ich noch kein angemeldetes Geschäft gehabt. Und dann habe ich das gemacht und als ich das Video dann gemacht habe, die hatte scheiss Freude gehabt, das dann nachzuschauen. Weißt du, Ja, so, ja. hey, die Leute haben hure Freude, so Das ist schon schön. Videomaterial dann zu schauen. Weißt du, und ich merke es bei mir auch. Ich schaue auch jetzt gerne so VHS, wo ich noch 4 war oder so, weißt du, zu schauen. Ja, Wegen dem finde ich, das ist so meine Faszination an Video eigentlich. So. Die Sachen später wieder schauen und sich daran erinnern, das ist ein geiles Gefühl. Ja, voll. Gut, Nostalgie bin ich bin der Typ, ich verfalle einfach für, also weißt, wenn du schon da schaust, so Pokémon und Shit, so. Ich schaue einfach gerne alte Sachen an, wo ich eine Verbindung dazu habe. Ja, ich auch. Ich Ich kann hure schlecht mich so von so Sachen trennen auch. Also weißt du, so Zeug wegrühren. Ich Nein. will das niemals wegrühren. Auch wenn ich es Also irgendwie so nie Zeug mehr nie. brauche, aber weißt, auch wenn es nur im Gestell steht, jahrelang, aber das wegrühren, never. Nein, also ich komme auch viel hier rauf, ich hocke einfach hier ab, dann schaue ich so ein bisschen um, ob es dort meine Karten sind oder so. Weißt du, Pokémon-Karten, klar, die eine oder andere habe ich vielleicht neu gekauft, aber weil die Karte so alt ist, erinnert sie mich nicht daran, wie ich sie gekauft habe, sondern sie erinnert mich eben an früher, wo wir das T-Shirt Ja, haben ja, in der klar. Schule oder so. Oder die erste, die ich gekauft habe, das Mew dort oben in der Mitte, das war die, gewesen, dann, wo der Film rauskam. Ich habe die Karte nie bekommen. Ich wusste, der Kollege hat sie, ich hätte sie auch wollen, aber ich hätte sie nie bekommen. So, weil wir sind nicht ins Kino Pokémon schauen. Ich habe nicht gewusst, wie bekommt man sie. Der hat sie niemals tauscht mit mir, weil er der Ja. einzige Fisch war auf dem Schulhof, das er hatte. Hätte ich auch nie bekommen, das hat mich auch angeschrieben. Und dann habe ich gesagt, ey, ich muss jetzt hier kaufen. Und jedes Mal, wenn ich die sehe, denke ich so, ja, jetzt habe ich sie so. Das ist schon geil. So, es beruhigt dich einfach, wenn du es nachher anschaust. Weißt du, was ich meine? Aber man muss schon schauen, dass es nicht in ein Messi-Ding hineingeht. Voll, ja. Es gibt dann so grenzwertige Sachen, Ja, ja. eben, wo dann musst du sagen, ja, jetzt, für die Erinnerung kann ich schon ein Ja, ich Teil. brauche nicht 50 Weißt, Pikachus, ja, dass ja, ja, ich so, mein Pikachu ja. anschauen zum Erinnern. Ja. Nein, was mich mega. Ich finde das nicht mehr. Ich habe ihr habt sicher alle Panini-Bildchen mal gesammelt. Ich habe es 94, USA 94 Heftli. Voll gehabt, komplett. Ich finde es nicht mehr. Was würde ich Herd fühlen? Ich finde es einfach nicht mehr. Ich weiss, ey, das ist. Eben, das ist alt, Mann. Das ist, ja, vor allem wäre es hure geil zum mal anschauen. Hey, ja. 94. George Preggy, Mann.
Alles Sutter auch Ja. noch. Hottiger und so. Auch Brasilianer, also Ja, hey, also ja, das ist glaube ich, das Einzige. Und vielleicht nachher noch irgendwie das 98 habe ich dann, aber das habe ich nicht komplett gehabt. Aber 94 habe ich komplett. Das ist auch halt der Pausenplatz, weißt du, so täuschelt und so. Und, habt ihr auch so mit... Nein, das haben wir nicht, Aufschlagen das haben wir kehren, nicht haben wir nicht gemacht. Wir haben gemacht, wirklich einfach so die doppelten Täuschelt und so. Also klar eben, das hat's auch, ich glaube, ich habe den Valderrama etwa 10-mal gehabt oder so, ich schwöre. Das hat jeder gehabt. Keine Ahnung. Dann hat's irgendwie, ich weiß es nicht, wie die das damals gemacht haben, ob es dort auch so seltenere gegeben hat oder so. Ja, meistens die glänzigen haben ein bisschen mehr Wert. Ja, eben, Ja, aber das hat es gut, dort eben noch jetzt- nie so gehabt. Neuzeit hast du aber schon 3, 4, 5 Kärtchen für einen Ronaldo bekommen, glaube Ja, ich. Wenn du nicht aber hast. das mag ich mich jetzt nicht mehr so erinnern, wie das weiß ich war. nicht. Aber ich habe es fast nie geschafft, die zu füllen. Ich glaube nie eins voll gehabt. Ich habe einfach Ich Kärtchen kann, gesammelt. Egal. Ich habe fast nie eins. Ja, aber gar nicht das Album gehabt. Mal, das habe ich schon gehabt. Hast du immer gehabt? Ja, aber Und? einfach Kärtchen gesammelt. Was ich jetzt Nein. dieses Jahr, weil die EM bei uns in der Schweiz war, habe ich wieder mal gesammelt nach x Jahren und das habe ich tatsächlich gefüllt. Das Frauen-EM? Ja. Ah, wirklich? Das habe ich gar nicht, ich habe es nie gesehen. Und ich habe so viel doppelt, ich könnte es auch nochmal füllen. Also wenn jemand noch braucht, hä, Also ich habe immer noch Einfach viel melden. Doppelte von den Dingen. Von den Männern-EM. das habe ich nicht gesammelt. Das hat Ja. dort immer noch Nein, nicht. also seitdem habe ich das nie mehr gemacht. Hey, ich habe schon lange nicht mehr gesammelt. Aber jetzt habe ich gefunden, hey, jetzt wenn es mal in der Schweiz ist und wahrscheinlich das letzte Mal, weil wenn es jetzt grösser wird und so, kannst du die Schweiz vergessen, komplett allein in der Schweiz. Ja gut, ja, aber Frauen vielleicht schon noch. Das wird, ja, ich glaube, das wird jetzt nicht zu groß, dass es Meinst du? noch in der Schweiz Platz hat. Vielleicht so wie Also der ich hoffe es sogar auch, Männer-Schweiz-Österreich-Kombi oder Ja, so. ein Kombi, ja sicher. Ja. Also und ich hoffe auch, dass es zu gross wird, dass du noch mal in der Schweiz kannst machen Wäre cool kannst. Wäre ja für sie, schön. Aber ich gefunden, hey, wenn es schon mal hier ist und das ja auch in ferner Zukunft nicht so schnell wieder, Ja, dann wollte ich macht wieder mal Sinn, ja, sammeln. macht Sinn. Ja, halt, es hat ja den Wechsel auf Tops gegeben. Ja. Das Und- finde ich auch weniger. Auf was? Ja, Tops hat halt, Ja, es ist nicht Panini, es ist jetzt Aha. Tops. Tops Okay. hat halt auch ein bisschen reingeschissen mit, zum Beispiel sie haben ein paar Lizenzen nicht. Zum Beispiel beim Frankreich-Team von EM ist kein Mbappé drin. Nein. Ja, sie haben Okay. einfach nicht alle Lizenzen irgendwie. Ich hoffe, die bekommen das jetzt dann noch auf die Reihe, weil es wäre schon schön, wenn halt alles drin wäre. Tut es schon ein bisschen Das abwerten. ist halt auch ein Ja, bisschen voll. abhängig von den Spielern, gell? Und die haben Ja. viel zu viel Weih, für dass man ein Bild von ihnen in ein Ja. Album kann kleben Gut, das ist halt auch. Aber was geil ist, ist das Das ist so. Hardcover-Book. Das ich würde jetzt immer, wenn es eins gibt, würde ich immer nur das kaufen. Habt ihr das schon mal gesehen? Nein, Hardcover? Ja. Nein, nicht mal gewusst, dass weiß ich auch nicht. das gibt. Aber eben, ich habe mich jetzt so viele Jahre nicht mehr drum getan. Nein, ich auch nicht. Eben, ich meine, 94, mal, da bin ich 10 gewesen. Das ist schon, ja. Das ist schon geiler. Also innen ist es genau gleich, Ja, einfach Hardcore. ja, Und das hast du voll. ja. Von dem habe ich 2 gefüllt und eins habe ich verlost. eben. Star Player, das ist hä? das. Ja. Und ich finde es an sich mega cool. Also einfach locker gleich gut wie Panini, weißt du, das wäre nicht das Problem. Aber einfach, sie sollten, es wäre schön, wenn sie alle die Lizenzen Und hätten. jetzt so. musst du von allen, die da drinnen sind, noch die Unterschrift auf dem Kleberli haben. Du musst schauen, dass du von jedem schnell kann. Von den Schweizer würde man länger. Stell dir vor, weißt du, wie viel das wert würde haben, wenn es schaffen, dass jeder Spieler da innen auf seinem Kleber eine Unterschrift Das drauf wär gibt. Das krank, wär's. ja. Aber ich glaube, der eine oder andere, Hast du gesehen, da fehlt einer. wird schwierig zum Finden von diesen Jungs. Wahrscheinlich, ja. Nächstes Jahr WM mache ich wieder eins. Ja, nächstes Jahr WM denke ich, bin ich auch wieder drin. Ja. Ich hoffe, es gibt ja auch wieder so ein Hardcover, weil ich finde ich zum auf die Seite tun viel geiler. Was ich Mühe habe damit, ist, wenn sie so auf Krampf zusätzliche Kleberli rein tun. Weißt du, so die Legends. Ja, Auf einem Weg ist es geil, die Legends, ja klar. So die Leute, die du vielleicht noch kennst aus der Jugend, die jetzt halt nicht mehr spielen, aber gleichzeitig ist es so, was will jetzt die Person da innen? Also, ich finde das noch okay. warum muss jetzt der Franz Beckenbauer im 2024
EM-WM-Heftchen drin sind. Ich verstehe den Punkt, aber ich finde das noch eins, wo du hast die in den normalen Packs können ziehen. Ich finde es viel schlimmer, wenn sie irgend so ein Sponsoring eingehen mit Coca-Cola und dann musst du irgendwie 100 Dächler schicken, dass du eigentlich für die letzte das Seite finde den ich Kleber. daneben. Das ist Das verdammt regt mich daneben. bodenlos auf. Irgendwie im Mecco 700 Menü kaufen. Ja, das nein, irgendwie so. Ja, das ist Bullshit. Aber weißt du, die waren ja in den normalen Packs drin gewesen und du musst so aber viele gleich, Packs kaufen. Aber es ist dass- so auf Krampf einfach Ja. noch wieder 50 Bildchen mehr, Ja, sind als, halt als mehr. die Jono, die Ja, wie viel 10 sind mehr das? musst kaufen. Kleber. Also, weißt du, hat es das zugenommen? Wahrscheinlich schon. Oder dass du das Album fühlst. Sind wahrscheinlich Ja. mehr als damals. Ich weiß halt nicht, Meine, wie viel es früher Früher war. hast du ein Wappen gehabt, das Mannschaftsfoto und dann halt, weiß auch nicht, 15 Spieler oder so. Ja. Und keine Ja, ich irgendwie glaub, es ist nicht Action-Shots enorm oder viel mehr. Star-Player, da Legende, dies, das. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist aber nicht enorm die viel mehr. Aber Die Sachen nerven mich ein bisschen. Weil für mich kommt Ja, es musst über, halt es einfach ist, mehr sammeln. es Das ist ist mir auf egal. Krampf oder? einfach Ja. noch ein paar Kleberli mehr, dass sie noch ein bisschen mehr Geld können ja. rausholen. Aber Dinge sind auch ein bisschen teurer geworden. Die Packs, einzelne Packs. Ja, gut, das glaube ich. Und wahrscheinlich hat es auch noch weniger drin, oder? Das weiß ich nicht mehr. Ich glaube, Wirklich, hat noch 4 drin wahrscheinlich. So. ich glaube, so 5 hat es schon. Früher, Oder ich nicht? weiß es Ist aber gar nicht- nicht. Ich glaube, 7, 8. Gleich bleiben. Ich glaube, 5 Kleber sind in einem Pack einfach. Ich habe das Gefühl, das Und ist ich glaube, immer ein noch gleich. Stutz 20 zahlst für, oder ein Stutz 10 oder so für ein. Für eins. Gut, aber wenn du eine Box kaufst oder so, ist es Ja. schon deutlich günstiger. Aber das hast du ja früher als Kind. Also als Kind eigentlich nie eine Box können kaufen. Nein, da hast du. Ja, Das ist schon. Einzel mit dem Vor allem, du hast Taschengeld. nachher Ja, viel ja. mehr Geld ausgegeben. Ja, Also hast hast du jede es Woche gespart, hast- gewartet und nachher eine Box gekauft. Aber das ist Aber du eher willst schon eins, Kleberli jetzt. Ja, genau. Wir sind auch, das darf ich fast nicht sagen, aber wir sind beim Select-Automat Kleberli rausklopfen. Das ist aber, ja. Hat es das Gehört gehabt? dazu. Selekta? Ja, aber das weiß so ich ein aber auch. Pack. Habe ich nie Und gesehen. nachher Nein, haben wir keine. die Kleberli rausgeklopft, dann hast du es rausgehauen, hast es genommen, dann hast du einen Stutz reingelassen, dann hast du genau das Nummer können drücken, dann hast du es vorgekommen und wo nichts runtergefallen ist, hast du dein Geld zurückbekommen, hast das Geld wieder rausgenommen, Nein. hast den nächsten Kleber rausgeklopft und Also einzelne Kleber? oder? einzelne Pack. Ah, Packs einfach. Ja. Und die sind halt zu dünn, dass sie, das ist so ein Spiralending. Und nachher ist es halt zu klein, dass das die Aha, Spirale das kannst so ist zwischen rausgehen. Okay. Und Das dort noch aber nie der gesehen. Automat dran geklappt. Gut, ich glaube, die Selecta sind ja die sind immer privat, oder? Die können eigentlich immer rein, was sie wollen, oder? Ich weiß nicht, wie das läuft. Ja, ist gemein. Ja, ist es nicht. Ich weiß eigentlich, dass einer auch mit dem Auto angefahren ist, Automat auf. Dann habe ich so, wow, wer krass ist da drinnen ausgesehen. Dann das Zeug drauf gefüllt und zugemacht. Ich glaube, die sind immer privat. Du kannst die auch mieten oder so. Und dann kannst du auch, was du verkaufst, wie Dann mäßig. könntest du ja hier so einen Automat Kannst du einen Musst du nicht- einstellen dann? kannst du einen reinstellen und die Leute, die da sind, müssen nachher Packs kaufen. Sie müssen. Die CBK-Packs. müssen. CBK-Packs. Ja, und dann kannst du ein Album machen, wo die Leute Kleberli kleben, so wie da, und mit Hardcover. Eigentlich müsste jeder Streamer eigene, so wie der Troy. Jeder Streamer müsste eigene Kleber haben. Ganz als Schweizer Streamer Büchli. Und dann Eigentlich- machen wir ein Büchlein Schweizer Streamer, wo jeder Kleber von jedem Streamer kannst sammeln. Eigentlich Aber es interessiert in der Schweiz einfach den Schwanz. es ist wirklich, Es ist- Ja. Wir haben unsere Bubble und ich glaube, wir können ja mal auf das Thema übergehen. Ich denke, das wird mal noch grösser da, die Szene. schwierig. Grösser weiß ich nicht. Aber halt, es gibt ja eben Bubbles. Es gibt verschiedene. Und es gibt, Ja, aber in Also- der Schweiz gibt es, bei vielen verschiedenen, in der Schweiz gibt es nicht verschiedene. Ich habe das Gefühl. Mal. aber du lernst immer. Also, Mal. hey, es gibt viel mehr Streamer in der Schweiz, als man denkt. Also Schweizer Streamer. Du lernst immer wieder neue, es gibt immer wieder mehr und der. Und keine Ahnung, die einen gibt es auch die nur auf TikTok sind, weißt Gut, das zählt für mich nicht. du? Ich bin ja eben, Also es TikTok zählt Live ja ist für auf mich die auch nicht, aber Streamer. da gibt es dann Ja, aber auf auch TikTok noch, kannst du ja auch mal streamen. Leute, die Ja, du aber Kick nicht kannst du kennst. auch streamen. Ja, aber auf- ich rede auf- von, wird Twitch in der Schweiz grösser, nicht von wird Okay. TikTok Live in der Schweiz grösser. So. Also ob Twitch an sich Plattform noch in Zukunft mehr genutzt wird in der Schweiz. Oder Aha, ja, weiß ich nicht. so ein bisschen Schwierig. ist die Frage. Ich weiß es auch nicht. Nein, aber Was ich habe alle manchmal habe einschätzen. ich das Gefühl, es gibt fast mehr Streamer als Viewer. also, Ja, also weißt du, auch bei mir im Chat sind die Hälfte die streamen selber, aber weißt du? ja. Man geht sich gegenseitig ein bisschen So. zuschauen. Ja, ja, das ist ja auch cool. Aber, Aber eben, es ja. ist manchmal, keine Ahnung, ich habe früher mal ein bisschen Musik gemacht, Rap, oder?
Und dort ist genau das Gleiche gewesen. Es hat mehr Rapper gegeben, als irgendwie solche, die Schweizer Rap gelesen haben. Ja. Jeder hat irgendwie mal gerappt oder weißt du, irgendwie, ja. Das ist irgendwie ein bisschen ähnlich, habe ich das Gefühl. Also es ist ja nichts Schlechtes, natürlich. Nein, aber das ist auch völlig okay. Wir machen das, also weißt, ich weiß auch nie, wie man das genau immer richtig soll sagen, aber eben, man redet ja immer vom grösser werden und so. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich einen riesen Wunsch habe, dass ich mal 1000 Zuschauer habe. So, irgendwie brauche ich es nicht. So. Ich fände es cool, dass man, aber so eigentlich ähnlich wie jetzt, dass du eine Community hast mit den Leuten, die immer ein bisschen schauen können. Und auch, sage ich mal, fast den ganzen Stream schauen, weißt du, weil es einfach ein bisschen interessiert. Also wenn du x verschiedene Leute hast, die einfach schnell reinkommen, schnell etwas, irgendeinen Senf dazugeben oder einen Scheiß schreiben und wieder gehen, dann lieber so eine Community, die fast den ganzen Stream dabei ist, ein bisschen zulässt, ein bisschen schaut und das nächste Mal, wenn du dann siehst, weißt du ein bisschen, was gelaufen ist. Oder wenn jetzt beim Bounce schauen, wenn er jetzt irgendein Game spielt und nicht rauskommt, weil er 400 Seiten und Zettel muss lesen und am Schluss beim Rätsel nicht rauskommt, weiß ich auch nicht. Aber so, weißt du, ich weiss, okay, er hat das Game, ich habe ein bisschen zugeschaut. Das nächste Mal kannst du wirklich sagen, und hast das Rätsel noch lösen und so, weißt. Aber wenn es erst so unpersönlich ist, einfach einer reinkommt, schnell 2 Minuten und wir beim FIFA kommen von ihnen so, ja, Ronaldo gezogen, ist das gut oder schlecht? Und so, Bro, halt die Schnurren. ja. Logisch ist es gut, so. Wieso kommst du mich fragen? Wenn jemand musst fragen, ob es gut oder schlecht ist, der ist schlecht, weil der ist, du keine Ahnung. Sag's, das würde mich anschiessen. Oh, das ist jetzt nichts. Aber Ich das, nehme ist, den nicht aber das sind dann einfach so die Leute, die einfach, dass du auf die Nachricht reagierst, weißt du, die wollen einfach Ja. schnell so, ey, ja, der hat gezogen, so, ah, ja, easy. Hey, cool. Bei Cool meinem Story. Stream geht es aber absolut nicht darum, dass wir Ronaldo ziehen, weißt du. So. Du Ja. merkst richtig so, bei uns interessiert es niemand, wenn einer Ronaldo zieht. Dann merkst du, es kommt einer neu rein, ja, Ronaldo gezogen. Ah, schön, bei uns geht es. Interessiert aber da interessiert in dieser Community niemand so, weißt du, Ja. GGs. Aber ja. Aber Also die das haben schreibe ich so ab jetzt nicht mehr rein. Nein. Der behalte ich sich. Nein, das nächste Mal, wenn wir nicht wissen, ob der Ronaldo gezogen Nein, also von denen gibt es schon ein paar. Also es ist auch so ein bisschen die Aufmerksamkeit, oder? Also es ist jetzt egal, ob es bei dir ist und einer sagt, hätte Ronaldo gezogen oder irgendwie. Einfach reinschiessen so. So, hallo, ich bin da, so Screentime-mäßig, oder? Dass du eben die Nachrichten vorliest und so und noch seinen Namen sagst und keine Ahnung. Was mich auch aufregt, ist so, hallo, wie geht's? Dann schaust du halt 2 Minuten in den Chat, dann schaust du, ja, geht gut, und dir? Ich habe nie mehr. Nie mehr kommt etwas. So, Bro, ja, Ja. schön bist du da gewesen. Ja. Hey, die Leute konsumieren mittlerweile Das geht so so schnell. Shortform-Content. Also länger als 15 Sekunden geht, ist schon einfach ewig. Ja. Also heute übrigens, einfach, auch wenn wir darüber reden, heute ist beim Podcast einfach, das Chat ist sekundär. Es ist sekundär. Nur heute. Nur heute, ausnahmsweise. Aber Leute, jetzt frage ich gleich mal schnell, ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr habt alles ein gutes Weekend. Wie geht es euch? Ihr dürft gerne schnell raushauen hier. Jade hat geschrieben, es verschwinden viel wieder, machen Accounts, streamen ein paar Mal, haben keinen Erfolg und löschen das Konto wieder. Das gibt es sehr viel, ja. Das weiss man auch. Wegen dem kann man auch x Streaming-Setups bei Ricardo und Facebook Market kaufen, weil die Leute das Zeug zusammenkaufen und es dann wieder verscherbeln. Verstanden, bei Sekundär heute sagen, oh, er hat es geschafft, er bleibt. Wie geht es deinem Fuß, Mann? Oder deinem Bein? Geht's Oder am Knie, ja. am Knie? Da habe ich noch mal das letzte Mal gesehen. Ich habe verletzt. He. Darum schreibe ich nichts. Das ist nicht nichts. Das ist schon etwas. Das finde ich so geil. Haben wir schon ein paar Mal gehabt. Nachher sind sie traurig wieder gegangen. Ja, ich glaube. Eben. Sie können auch reinschreiben. Ja, das gezogen. W oder L ist die klassische Frage. Win oder lose? Habe ich Ja. Das ist Ah, immer nicht interessiert. los. Hart. Nein, ich sage einfach immer, es So interessiert auch niemand. Ich komme auch einen halb Härte über, wenn ich mich mit Namen begrüße. Es ist spannend zum Zuhören, da muss man nichts dazu schreiben. Aber das soll es ja auch sein, mehr oder weniger. Das soll es eigentlich auch sein, dass man es einfach laufen kann. So. Sage ich nicht, das ist Leute ausgefragt, wie geht es euch? Ja, das ist halt ausgefragt. Ich frage euch da aus, mit dem müsst ihr leben. Ich genieße es, euch zuzulassen. Hey Lizzie, hey. Hey Lizzie. So. Hey Lizzie. Hey, das muss ja niemand Antwort geben. PS, Also, der Barracks hat sexy bei. Ja. Mhm. Ich kann dir sagen, in live sind sie schon noch geiler.
Ja, das gelustet mich schon ein bisschen. Ja, du nicht so rosig. Ich Allzulang. bin am Hochlagern und am Abwarten, aber danke der Nachschlag. Ich hoffe, euch geht es gut, wir machen das super. Danke, ja. Uns geht es gut, euch geht es auch noch gut. Braucht ihr noch zu trinken? Kaffee? Brauchen ist ein starkes Wort. Aber wenn Also jetzt wenn ihr so die ein Leute Eis schnell, würde wenn ihr die Leute schnell 5 Minuten könnt selber unterhalten Ja, hole ich ja, euch das gerne auch können noch wir. einen Kaffee oder noch einen Eistee, wenn ihr So wollt. ein Eiszähli wäre schon recht. Eis- Ich würde Eistee. noch mal so ein Tee nehmen. Du Ja. willst auch noch ein Tee nehmen? Ja. Also. Hm. Dann müsst ihr jetzt aber in das Mikrofon rein. Ja, Kannst du so. schnell zeigen, wie man sich dort im FIFA im Markt... Wenn man dort ein paar Transfers ja, einfach tätigt. nur theoretisch. Ich habe keine Coins In mehr. dieser Zeit... Nee, du brauchst schon keine Coins. Ich habe keine Spieler, die kannst du auf den Markt tun. Wieso nicht? Weil wir alle undauschbar sind. Wirklich? Ja, Gibt es solche, die nicht kannst? ja. Wenn sie so modifiziert hast, du erweitert oder Wenn was? du modifiziert hast, sind sie undauschbar, ja. Und du kannst aber auch undauschbare aus den Packs ziehen. Also es gibt extra Packs, wo du wo Okay. die Chancen höher sind, dass du bessere bekommst. Dafür aber kannst du dafür nicht kannst du- traden. Kannst du es nicht ummünzen? Das ist eben auch, finde ich, auch ein bisschen ass, ehrlich gesagt. Das müssen wir, auf das Thema müssen wir jetzt nicht tiefer eingehen. Sonst- Hey, hat Vor- und Nachteile. Also, ziehst vielleicht mal etwas, weil du einfach spielen willst. Ja, Nicht unbedingt traden. ja, eben für die einen hat es Vorteile und die anderen finden es ass. Ja. Aber eben, ich finde es, du gibst Geld aus für etwas, wo du nicht weißt, was du bekommst und kannst es dann nicht mehr verkaufen. Ja. Weißt du, das hat es bis jetzt halt, das hat's halt in den alten FIFAs auch nicht gegeben. Du hast echt das Pack gekauft, du hast das drinnen gehabt. Wenn du es nicht hast können brauchen, hast du es auf den Transfermarkt Ja. da und hast dann mit diesen Münzen bekommen, hast du etwas gekauft, was du hast wollen. Aber das Ja, Pack Du kaufen, tradest halt die Chancen gegen die Ja. Möglichkeit. ja. Aber mit dem ist eben, das ist ein bisschen, denke ich mir eben auch ein bisschen. Aber sie bist du wollen selber schuld, wenn noch- du so Packs nimmst, nicht? Ja, Aber eben, die eben, sind bei ja mal selber günstiger, schuld müssen wir oder? immer ein bisschen die Jungen, weißt, in Betracht ziehen, die halt anfälliger sind. Oder, aber da geht es dann wieder um den Einfluss Ja, von Streamer und weißt, du musst dann auch immer über das auch diskutieren. Aha. Aber ich hole noch jetzt ein Eis. Tu es. Freue mich. Chat lesen. Oh ja. Was hat eigentlich der Bletch überhaupt gemacht am Bein? Wieso wissen die davon und ich weiß nicht? Ist das, Ich verfolge auch ein bisschen Social Media. Ich bin auf Discord, so weißt, das ist so. Mit meinem PC, der läuft, kann man nachher auch so Zeugs konsumieren. Und darum weiss ich nachher so Sachen. Verstehst ja. Also es ist ja nicht so, dass ich nichts mitbekomme, aber das ist mir jetzt neu, oder? du? Ja. Man müsste sich halt informieren. Die Leute haben das ausgequote, gell? Jetzt bist du was steht dort? Jetzt bist du am Arschbounce. Jetzt musst du halt Chat lesen, wenn der Roy weggeht. Oh ja, das ja, da ist eben auch der Chat grösser als bei mir daheim. Da sehe ich mal nicht. den Chat. Jetzt. Wirklich. Aber den Chat lesen kann ohne Brille. Ja, Naschi. Kann ich. Jetzt müsst ihr so viel schreiben, dass wenn der Roy zurückkommt, dass er denkt, wow, shit, da geht's Huren an. Wirklich? Das wäre halt schon. Das wäre jetzt halt schon lässig. Der ist aber schnell wieder zurück. Nein, aber es ist ja eben. Das ist auch eine Frage vom Setup, oder? Da ist einfacher zum den Chat lesen eigentlich, außer dass ich dass ich Halskehre habe morgen, aber Ja. ist halt Ja, nicht bei wie mir bei auch mir so. Vor allem bei mir ist es eigentlich So fast im ein Rücken. kleines Wenn ich mit Fenster. euch rede, ist es wirklich hinter mir. Ja. Das Ich ist halt so. müsste schon an den machen eigentlich. Das ist ein Jetzt können wir bisschen da hinten ein Händchen haben, Ja. weißt du, ohne das Lied. Wir berühren uns. Ja, das ist wunderschön. Ja. Und Haben sonst wir noch aus Barracks. Plastik da? Gefällt's dir in der Schweiz, oder? Jetzt nimmt er meine Sprüche. Den habe ich nämlich gestern gerade gebracht. Da hat er sich so gemerkt und denkt, Gut, er das bringt ist einfach- jetzt kein Spruch, Das- der erst seit gestern gibt, oder? Ja, nein, aber den habe ich gestern gerade gebracht. Ja, Und jetzt wendest du ihn gegen mich. Ja, aber das ist natürlich nicht das Gleiche, wie wenn ich jetzt gesagt hätte, Oh, jetzt- fit und jetzt- knusprig, oder? Das wäre schon etwas anderes, wenn ich das jetzt will sagen. Chat, sind ihr fit und knusprig, oder? Ist das? Das ist schon. Fit and crispy. Das ist eigentlich so etwas, das darf eigentlich nur den Barracks fragen oder man fragt ihn. Aber das habe ich im Das ist so Fall. etwas Eigenes. Wie, du Das ist hast so, mehrere Sachen, die so eigen sind, oder die nur du hast. ja, schon. Es gibt so Signature Moves Ah, sozusagen. das- Es sind halt echt Signature-Sprüche. Aber es
ja, Also gibt es ausser Fit und Knusprig noch einen bei dir? ja, so Zeugs wie, das ist ein Trick oder so, sage Ah, ich das ist auch, ein wo Trick, die Leute ja. wissen, wenn jemand das sagt, denken sie vielleicht an mich oder so. Stimmt. Hast du das auch bei uns? Mir wird's, mal ist das sicher auch so ein Spruch. Ja, keine Ahnung. Also, ich Bei dir glaube, ist es ich mehr- glaube bei dir selbst, ist- also bei dir mir ist es mehr fällt so das, das «Ey!» ja, ich glaube, ich Hey, sage recht viel Mann. «Ey, was» oder so. «Ey, was?» Ja, Oder so irgendwie das «Patami!» selber in die Länge ziehst. Wie, ist es einfach ein Fluch? Ja, es sind mehr so, glaube einzelne Wörter oder so, wie Sprüche. Aber ich Sicher nicht, ja, sicher nicht. Ist auch, ja. denke nicht. Nein, mir ist, ich glaube, weiß nicht, ausser das sind eben so die Sprüche, die du wirklich immer wieder bringst, so extra. Ich rede einfach so. Also mir fällt das wahrscheinlich selber gar nicht so Ja, auf. einfach so Also- die Stil, Ja, die Style. das ist ein Style. Hey. Bist du eigentlich noch Hobby-Rapper? Oder habe ich da in meiner Das- Insta-Story zu viel Ich bin versprochen? immer Hobby-Rapper. Das habe ich Ja. den Huren fies gefunden. Dass du geschrieben hast, Hobby-Rapper. Ja, Ja, aber es ist also nicht gelogen halt. Rapper. Ja, nein, also weißt du... Ich bin auch Hobby-Streamer. Ja, Ja, aber ich finde, wenn eigene Songs so veröffentlicht hast und Auftritte lange gemacht hast, das habe ich eben nicht gewusst, aber hast ist du es das halt gehabt? nicht so, ist es halt nicht einfach so hobbymäßig, wie Ja. wenn einer der Aber heim ein bisschen etwas aktuell, macht. du hast aktuell, Nein. Für, Also, wir haben, also ich habe ein Album rausgebracht. Also wenn, in Kombo mit dem anderen Dude. Mit dem Harry, vielleicht kennen die einen den. wenn ist das rausgekommen? 19. Ja, und okay, sie- ja, das ist noch nicht, also ja. und, also wir haben eben Hobby, es ist schon Hobby gewesen. Wir haben eine Handvoll Das Ding Auftritte ist gehabt in aber- dem Sinn. Weißt, so, wir haben da Open Airs gespielt, so ist es nicht. Aber, also kleine, ja, weißt du? Ja, aber Und gleich. dann sonst Konzerte gegeben, natürlich. Und, ja, eben das Album gemacht. Und hey, das bin ich auch stolz, weißt du? Ich meine, jetzt kannst du auf Spotify hören. Ja. Das gibt's. Und hey, das Ding ist eben, es ist Hobby und mir hat. Also ich habe die Freude nie daran verloren. Aber es ist auch so eine Priorität. Eben, weißt, dann hast du keine Ahnung. Da habe ich mal wieder voll Bock drauf. So. Du bist wieder, weiss auch nicht, schreibst wieder so einen halben Text oder so. Und nachher liegt es wieder 3 Monate rum und machst gleich nicht draus. Ich habe so viele angefangene Songs, die rumliegen. Oder irgendwelche Beats, die der Kollege halt macht, die nicht beschrieben sind. Und, ja. Aber ist das noch so ein bisschen Oldschool Schweiz-Rap, gell? Also ich nehme an, du bist ja noch so ein bisschen, du bist ein bisschen der Oldschoolig. Ja, was ist oldschool? Es ist, Also es ist nicht wie Boom-Bap in dem Pronto oder Sinn, so. ja, es sind keine moderne, also natürlich ist es modernes Equipment und schon moderne Beats, aber nicht, es ist kein Trap oder Drill oder what the fuck, wie es Ja. auch immer heisst jetzt mittlerweile. Also es ist so der klassische Art Wie heisst das von, Album? von Aal bis Zeppelin. Von All bis Zeppelin. Von Aal bis Zeppelin. Ja. Von All bis. Also Aal wie so ein Aal halt, ja. Ah, von All. Nicht All. Nein, ein Von Aal. Aal. So die Fisch. Schlangenfisch-Dings, irgendwas, oder? Von All bis Zeppelin. Ja. Album vom HA2O. Jawohl. H2. Ja, Wie sagen wir das? Gesundheit. Es ist H2O eigentlich. Also eigentlich ist es H2O, aber H2O ist halt, so Abkürzungen sind eh immer schwierig, weißt du? Aha. Das Auffindbarkeit und so. Aber HA ist halt Harry Flint, oder? Also ist das die Rappername? Der Harry Flint ist der andere und ich bin eigentlich der Oli Wizza. Das ist nichts irgendwie Bounce oder so. Das Aha. hat mit dem überhaupt nichts zu tun. Muss man das mal speichern? So? Hey, kann man sich mal geben. Ich meine, es sind immerhin 20 Songs drauf. Ja, ich höre auch bei dir noch Schweizer Rap, so von dem her. Mhm. Hey, es ist, ja... Mal Es hat reinhören, Songs was die drauf, Bounce da wo... machen. Also es ist mega so es ist eigentlich mehr ein Mixtape. Also weißt du, so, es hat keinen roten Faden, das Album. Ja. Es hat jetzt Songs drauf, die 6 Jahre älter sind als andere. Ah, schon. Ja, es sind solche, die haben wir auf der Demo-CD schon gehabt. Und dann ist das liegen geblieben und dann weißt, entwickelst du die auch. Also eben im Streamen hast du auch neues Equipment, wirst besser und so. Und dann haben wir gefunden, ja, eigentlich, den Song weißt, haben wir teilweise neu Gleich gemacht, noch so geil, so. recycelten Art. Haben wir einen Text ein bisschen umgeschrieben, vielleicht mal einen anderen Refrain gemacht, einen neuen Beat genommen oder so. Aber die Grundidee vom Song ist alt. Und dann, ja. Was ist dein Lieblingssong von dir selber? Ich finde das stabil, recht stabil. Ist der auf dem Album? Das ist auf dem Album, ja.
Und wie das Leben so spielt, glaube ich. Ist das auch auf dem Album? Ist auch auf dem Album. Okay. Also ich habe keine eigene, also wo nur ich drauf bin, gibt es nicht. Ja. Es ist nur in dieser Combo eigentlich. Ja. Hat es ein Lied auf Spotify, das nur von dir allein ist? Nein. Nicht? Okay. Du bist mehr so der Combo-Rapper, ja? Ja, aber es war halt, blöd gesagt, eine Band. Gewesen, ja. Ah, ihr seid immer zusammen gewesen? Ja. Ah, Also okay. er hat schon allein, er hat 2 Alben allein gemacht, der Harry. Okay. Aber ich nicht. Aber ich bin jetzt eben von wegen Hobby und immer wieder oder noch dran sein. Ab und zu treffe ich mich noch mit dem Beat-Dude und dann machen wir etwas. Oder manchmal hocken wir auch noch dort und saufen eins. Und hey, vielleicht gibt es wieder mal einen Song, aber im Moment, also das Album, hey, es ist so viel Aufwand. Es Ja, ist das wirklich, glaub es ich ist schon. mega viel Aufwand und eben, dann musst, es ist, ja, und das Feedback ist dann halt auch manchmal ein bisschen low, weißt du? Es ist so, ja, du setzt mega, also gibst mega Energie rein und eben Revenue, Aufwand, meinst ja. Also das, was Es zurückkommt. Zeit und Geld, Blut, Schweiß und Tränen, sagt man. Und nachher, keine Ahnung, hast 50 Klicks auf YouTube, so ist dann so, ja, ist halt scheiße. Ja. Ja, dann machst du lieber einfach so ein bisschen für dich, hast Freude an der Sache Ja. und Ja. du musst nicht auf Krampf irgendetwas droppen oder so. Nein, das mache ich nicht mehr, glaube ich. Also eben vielleicht mal wieder ja, einfach so ein Single rausrühren oder so. Ja. Ein EP, aber ein Album mit 20 Songs, nein, never, man. Mach ich Gut, nicht. haben Alben heute noch 20 Songs? Nein, eben, das ist auch. Ich meine, heute hast du ein Album mit 8 Songs drauf Ja. und die Lieder gehen höchstens irgendwie 2,5 Minuten. Ja, aber ja. Das ist ja Wir nicht haben so. 20 Songs drauf und die Lieder gehen teilweise fast 4 Minuten oder so. Ja. Ja. Was ist aktuell, was los ist? Was ist im Moment so in deiner Favorite Playlist? Hey, ich höre immer gerne wieder Das Effects. Das Effects, ja, ist halt, Das Effekt. das ist so Zeug, wo von 1993 und so, weißt du? Aber was ist das, Ami oder Das ist Deutsch? Ami, ja. Oder auch, hey, ich höre viel auch Deutsche, ja. Umsee ist geil, ein Hase ist geil. Ja. Halt, es gibt viel auch, wo wieder halt den Sound machen, den ich geil finde. Also es gibt es schon noch, weißt du? Es ist nicht einfach nur alles neu und modern und scheiße. Mhm. Es gibt wirklich Leute, die den Sound machen, wo man früher noch gemacht hat. Halt einfach, es tönt qualitativ natürlich besser, ist halt alles besser oder moderner geworden. Aber Hast du es in der ist- Schweiz einen, den du am geilsten findest? Nein. Gerne. Früher habe ich den Blick noch geil gefunden. Der Blick? Also Blick and Legs. Blick and Legs, das Album, eines der besten Schweizer Rap-Alben ever. der hat schon geprägt. Ja, und ja. hat so Gleis 2 und so, das Zeug. Aber das, eben, das ist vorbei, das ist lang her. Ja, heute eben, Schweizer Rap hat sich auch sehr verändert. Ja. Es ist auch viel auch mit Anglizismen jetzt heutzutage. Es ist fast nicht mehr nur rein Schweizerdeutsch, es ist so nicht mehr so trendig, sondern das Nein, das ist ja entwickelt eben, sich dann, halt. keine Ahnung, ich kenne da wahrscheinlich da den Bounce Cypher. Ja. Hat nichts mit mir zu tun, einfach Bounce Cypher. oder? SRF. Und dort, keine Ahnung, also eben, das ist so das eigene Ego wieder, oder? Aber manchmal habe ich das Gefühl, hey, wenn ich ein halbes Jahr wieder ein bisschen reingehe in das, dann bin ich besser, mehr wie die Hälfte dort. Aber ja, man müsste sich halt darum kümmern. Gut, da können wir auch viel, gell, einfach so. Aber manchmal habe ich höre es meistens auch so durch, wenn es war. Dann denke ich schon, ja, die haben einfach jeden eingeladen. Ja, ja. So ein bisschen jeder, der ein bisschen Musik jeder, der schon mal ein Lied rausgebracht hat, gefühlt, kann irgendwie dort ein bisschen rappen. Ich Nein, finde es ja ist cool, eben- dass jeder schnell ein bisschen eine Bühne bekommt und du kannst für dich so ein bisschen, aber meistens hast du so einen, zwei, wo du denkst, der hat es wirklich noch Hey, geil voll. gemacht, gehst mal von dem ein Lied hören und so. Ja. Aber der Rest, ja, viel ist nicht dein Stil. Nein, also, weißt du, viel- es hat wirklich Leute, also die sind verdammt gut. ja. Also verstehe mich jetzt nicht falsch, oder? Und meistens scheitert es an dem, dass ich einfach den Sound nicht geil finde. Das heisst nicht, dass er nicht gut Ja, ist. aber Oder? dass es nicht dein Stil ist. So. Ja, genau. Gut und geil ist ja nicht das Gleiche. Ja, ja. Oder lässig. Wie man Und da ist auch immer wieder noch Geschmack. So. ja, ja. Voll. Was Nein, hörst du aber so? Sorry, ja. Kommt nicht wirklich etwas in naher Zukunft wahrscheinlich. Vielleicht, Wir mal haben noch ein irgendwann, bisschen Geduld. vielleicht kommt irgendwann mal ein Song. Oder so. Spätestens in einem Jahr. Ich habe ja jetzt einfach mal ein Album, das ich hören kann. Spätestens in einem Jahr werde ich schon hier einen Auftritt von Bounce live. So. Da, das wäre schon nice. Wirklich so. Ja. Ich könnte auch schon. Was brauchst du für ein Live? Gut, du müsstest auch einen Kopfhörer haben, wo die Musik läuft. Ja. Mehr nicht. Mehr nicht, das Mikrofon.
Also ich müsste mich einfach auch selber noch hören irgendwie und dann Ja. ist es immer gut. Also wenn ich wieder mal ein Event mache, so etwas in den 24er, müssen wir auf jeden Fall einen Auftritt vom Bounce einplanen. Aber so ein bisschen, weißt du, dass man es vernünftig kann machen kann. Nicht so Ja, wie dann am Hero neben- Fest. Das ist, mir, Maschine, eben, alles. das ist mir im Fall dann auch schon wichtig, gell? Dass also- es vernünftig ist. Ja, Ja. also dir ja wahrscheinlich auch. Ja, ja, ja. Also so, eben, schon Hobby und so, aber eben auch die eigenen Ansprüche. Eben, Das darum muss haben wir geil auch sein. die Songs wieder neu gemacht und so, weil, Mann, die sind, oder auch jetzt, ich würde sagen, hey, die einen Songs finde ich auch nicht mehr geil, weißt du? Ja. Die einen finde ich immer noch, ey, super, den zeige ich auch gerne, weißt du, da, los, das bin ich. Aber die anderen, so, ja, musst du jetzt nicht unbedingt hören. Ja, Das ja, aber gibt's das auch. ist wie bei mir YouTube-Videos von früher. Wenn ich die anschaue, Ja. denke ich so, ja. Genau. Ja, auch dort noch keine Ahnung gehabt, was soll ich machen? Einfach Ich mal finde es jetzt gemacht. nicht mehr geil, aber... Aber dort ist es ja umso geiler, dass du den Vergleich hast. Ja, So heilig dort bin ich mal gewesen und jetzt stehe ich da. Ja, Das ist ja Ja. auch recht geil, dass du das Zeugs nachher halt immer noch hast. Und auch wenn es mal Absolut. etwas in deinen Augen Mhm. schlecht war oder so. ist halt Das immer ist wieder auch eine eine Erinnerung. Verbesserung, Ja. ja. Ja, wie du vorher schon gesagt hast, eben so, du hast gerne so die Erinnerungsvideos. Und die siehst du eben wirklich halt damit den Fortschritt, den du gemacht hast. So. Ja, absolut, ja. Ja, aber das eine ist das, du siehst Fortschritt, das, was ich vorhin mehr gemeint habe, so nostalgiemäßiges Ja, ja. Video schauen, so Freude daran hast, dass dann das gegeben hat. Und Ja, eben voll. auch bei Switzerland oder beim Hero Fest ist es halt so, man kann es immer noch wiederholen, so, weißt. Es war geil gewesen, so, aber irgendwie jedes Jahr, wenn ich gehe, habe ich wieder das Gefühl, so, jetzt Hero Fest, Land, hure geil. Ich freue mich wirklich so. Ja, letztes Jahr Wer habe ich sehe ich wirklich wieder, nicht sehe ich- gehabt. Ja, bei dir Darum ist freue ich mich Stress umso pur. mehr gewesen. jetzt. Ja. Ja, hoffe, wird wieder geil. Das freue ich mich wirklich. Das freue ich mich. Es wird wieder neu mit so einer Gruppe. Aber ich glaube, das kommt easy. So. Ich glaube, es kommt gut. Du kannst ja immer, jeder kann immer noch jeder machen, was er will. Also du gehst als Gruppe, aber es kann immer noch jeder machen, was er Ja, will. klar. Ich freue mich. Aber auch, was hörst du für Musik im Moment? Boah, extrem durchmischt. Also wirklich einmal alles. Ja, nicht irgendwie so, ich höre jetzt im Moment gerade das oder dieses. Es ist wirklich so. Wirklich alles. Ja, Aber wenn du jetzt auf er hat Spotify du hast ja auch gehst und ein Musik Lied musst ablassen. Wie? Wenn du jetzt auf Spotify gehst und ein Lied musst ablassen. Boah, keine Ahnung. Weißt du nicht? Ah. Gut, du bist DJ. Bei ihm, er tut immer anhand von der Stimmung gerade aktuell ablassen. Also es ist wirklich so, ich gehe jetzt nicht ich gehe jetzt nicht, Wenn du jetzt Spotify. würdest in den Zug hocken zum Heimfahren, welches würdest du ablassen? das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Durchschauen zuerst. Entweder irgendeine Playlist oder sonst, Hast was du mir so? dann in dem ja. Moment gerade in den Ja. Sinn kommt, wo ich denke, boah, jetzt mehr fahren. Keine Ahnung, manchmal fahre ich heim und denke, boah, jetzt kann ich so Motorfahren zum Beispiel, finde ich so ein bisschen Rap-Zeugs eigentlich eher noch geil, wo ich vielleicht auch ein bisschen mitmachen kann und so, weißt. Aber wenn ich jetzt in einem Zug hocke, ist es vielleicht eher irgendetwas Entspannteres. Oder ein Podcast. Oder ein Podcast, ja voll. Zum Beispiel beim Aufräumen, Putzen höre ich hure gerne Podcasts. Einfach weil ich nicht muss schauen, ich kann einfach ein bisschen hören und wie ein bisschen mich dort reinversetzen und nebenzu mache ich noch ein bisschen etwas, oder? Ja, viele auch. Also bei mir sind es meistens Livestreams. Ich schaue einen Livestream ab einfach. Ob es auf dem Fernseher ist oder im Büro oder so, ich schaue einfach einen Livestream ab und dann ich höre einfach Livestreams, wie was die Leute so ein bisschen erzählen. Dort habe ich zum Teil ein bisschen mehr Mühe, weil dort ist noch viel mehr Interaktion. Gut, manchmal musst du schauen, was jemand im Chat geschrieben Plötzlich hat. hat jemand etwas im Chat geschrieben, weil die Streamer tun ja nicht so laut, nicht immer laut vorlesen, so bla 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 und dann geben sie Antwort darauf. Manchmal ist es so im Gespräch, so, wo wieder jemand einen Ja. Kontext schreibt, dann musst du ein bisschen aufpassen und das lenkt mich zu fest ab. Gut, ich muss sagen, ich habe meistens einfach am Bert seine Tagesstreams Just Chatting gelost. Dort ist es noch relativ einfach. So. Das weiß ich nicht. Ja, also allgemein, ich sage jetzt allgemein Just Chatting Streams. Just Chatting Streams meistens kannst du gäbig einfach so hören. Weil Ja, ja. Ja, da schon. wird meistens auch die Frage einigermaßen vorgelesen und dann Das stimmt, wird ja. irgendetwas drüber gequatscht. Und das wäre erst halt so der Einzige gewesen, was Aber wo ich so ein sobald, bisschen kennt habe, sobald der das jemand gemacht etwas hat. zeigt oder so, schießt es mich nachher Ja. an, dann will ich schnell schauen, um Ja. was es geht. Ja. Gut, dann kannst du ja auch schnell schauen. So.
schnell aufs Tab gehen oder schnell auf den Fernseher schauen. So. Nein, aber meistens habe ich wirklich Kopfhörer. Ja, da geht's. Und fast nicht. wenn ich nachher im Badezimmer stehe, ich mag nicht nachher irgendwie überspringen und das ist nicht. Der ist Podcast schon besser. Darum, Aber ich fühle es eben auch, ja. so die Option noch zu haben, wenn ich noch schnell etwas als Input reingeben, du kannst auch, weißt, das ist irgendein Thema, findest du gerade lustig und du kannst auch schnell etwas in den Chat schreiben. Ja, Weißt? voll, So, ja. ist, Ja, schon. ja, kenne ich. Oder, so, oder schnell nur ein Hoi oder so, aber wenn du jemanden schaust, den du kennst oder so, manchmal auch nur schnell ein Hoi und so. Darum schaue ich nicht so gerne wirklich grosse Streamer in. Schaue ich eigentlich nie. Ja, Ah, ich folge nahezu niemandem, der eine gewisse Größe hat. Wenn sie so eine Tour machen zum Beispiel oder so mit Wie jetzt gerade, was ich da... Zum Beispiel, finde ich hure geil, schaue ich auch gerne mal rein. Ja. Aber ich folge niemandem von denen. Wirklich. Für mich ist so Twitch ist Interaktion. Wenn ich einen Stream schaue, wo die können mitschreiben, wo die können mitreden, können diskutieren. Weil sonst schaue ich ein YouTube-Video oder höre ein Spotify, Ja. Playlist, Podcast, was auch immer. Aber auf Twitch will ich die Interaktion. Und da muss ich nicht. Ich verstehe, dass die Leute nicht können antworten auf alles. Logisch, wie auch. Wie soll ein Monte irgendwie auf seinen Chat eingehen? Das ist unmöglich, oder? Aber was will ich denn dort? Also, Ja. da kann ich mir gerade so gut, kann ich mir echt das Best-of anschauen. Oder so, wenn Das ich ist wenn es ich so. ihn sehe. Nein, ich folge denen im Einzelnen schon. Aber ich schaue es mehr so teilweise ein bisschen als Inspiration. Ob es jetzt Setup, wie hat er seine Kamera ausgerichtet oder weißt du, so ein bisschen mehr für mein Stream irgendwie versuchen, etwas rauszuholen, das ich für mich übernehmen kann. Nicht einmal, weil ich es entertaining finde, sondern wie haben sie es umgesetzt. Ja. Oder Ja, auch das- irgendwie, zum Beispiel, was ich sehr gerne geschaut habe, ist da vom Knossi die Fischer, wo sie das Fischertreffen gemacht haben, oder wie hat das geheißen? Wo sie Das dort am Angelcamp. Angelcamp. Ja, das ist geil. Weißt du, interessant. So So, Zeugs jetzt geil. die haben sie dort plötzlich eine Kamera und. Aber du merkst schnell auch, sie haben manchmal auch technische Probleme. Ja. Weißt du, so wie wir alle auch Mhm. haben. Jetzt auch das Mikrofon ausgestiegen. Ja, aber es, nach 15 Stream finde ich so nicht spannend. Also ich weiß nicht, was ich dort will. Nein. Gut, Klar. ich schaue manchmal gerne rein, wenn es so ein bisschen Beef gibt und so. Da bin ich ein bisschen. So, Da bin ich, so dort Gossip. hat es mich. Ja, ja, Und so ein Gossip bisschen- und so, dort schaue ich auch noch gerne rein. Aber meistens schaue ich es dann auf YouTube. Ja. Ja. Weil wenn einschautest, geht es wahrscheinlich gerade nicht um das Thema. So. Ja, und vor allem, der ist nachher auch zusammengefasst und echt zack, zack, zack. Ja. Erstes Ding. Aber jetzt ist schon wieder das Cutter-Thema gewesen, ja, natürlich. Ja, ja. Gut, ich schaue immer alles beim Stay halt. Der reagiert auf alles, da kann ich immer Ja. dort alles schauen. Aber Schau- das ist auch wieder Geschmackssache, wer passt und wer passt und Ja, natürlich voll. nicht. Ja. Dort schaue ich mehr so eine Rezo. Schon? Ja. Nein, dem kann ich nicht so. Im Stay habe ich das Aber gleiche wie du. ja. Also, es ist Ich kann die Aber Leute da nicht hat es ja mal. für jeden etwas. Da bist du aber gar nicht drin in diesem Zeug. Nein, also eben, ich habe das auch mitbekommen mit das Thema. Einfach auf TikTok so Dings gesehen und keine Ahnung, jeder hat irgendwie reagiert auf das Thema. Das habe ich gesehen, aber schlussendlich, eben, dann habe ich dann schon ein, zwei so Videos und TikToks geschaut so. Und dann kann ich mir gleich sagen, eigentlich interessiert es mich gar nicht. Also weißt du so, ich kenne die gar nicht, die Leute. Und Ja. die interessieren mich sonst auch nicht. Also ich schaue die nicht, ich schaue denen ihre Streams nicht, ich konsumiere keinen Content von denen. Wieso sollte ich jetzt den Beef zwischen den zwei schauen? Die sind mir scheißegal. Ja. Es ist halt so Neuzeit-Gossip-mässig. Ja, so ja. ein bisschen. Es ist so ein bisschen das Neuzeit-Trash-TV, ein bisschen manchmal so. Ja voll. Wo du halt nicht schlechte schauspielerische Leistungen musst anschauen, sondern wo halt einfach irgendein Beef oder irgendein Thema. Ja, ja. Man hat schon ein bisschen das mit dem Cutter-Zahlen, hat mich schon auch Wunder genommen. Das hat mich auch interessiert. Weißt du, so ein bisschen mit Voll. diesen Deals, mit dem YouTube-Channel Aber und schon. oftmals ist es so ein bisschen dahinter auch ein bisschen zu sehen, oder? Ja, genau. So in die grossen, weißt du, was läuft dort hinten dran bei den Voll. Streamern und so. Ja. Das nimmt ihn auch schon Wunder und halt das Beef-Thema tut es einfach so ein bisschen unterhaltend Mhm. überbringen, weißt du, so, das ist so ein bisschen da. Aber ja, da bin ich schon drin, wenn es so etwas aufkommt, dann gehe ich aber schon schauen. Ja. Aber eben, bei uns in der Schweiz hat wahrscheinlich kein einziger Streamer einen Cutter, also. Du kannst mich nicht Ja. Ich habe nicht mal Zeit für mein eigenes zu sein. Das wäre dein Sponsoring an mich. Siehst du? Hä? Cutter dir alles einfach. Hey, merci viel. Ihr habt es gehört. Merci vielmals. Ja. Haftbefehl ist bei seine Musik.
Absolut. bisschen Nemo hören. Ist so voll mein Ding. Ja, Nemo ist auch ein Spezialfall. Ich schaue sehr gerne guten Spielern zu und lehre, wie sie spielen. Gut, ja, das ist dann wieder ein anderer Aspekt. Aber eben, wir haben jetzt nicht vom Schauen geredet. Wenn ich Twitch schaue ich auch gerne Gameplay oder so, von einem neuen Game oder so. Ja. Zum Beispiel, kennt ihr aber Chimpanse? Ja. Bei ihm, zum Beispiel, wenn jetzt was Battlefield rauskommt, ist für mich so der Battlefield-Dude. Wenn jetzt was Beta rauskommt, ist, bin ich bei Jim. Jim. Ah, Chimpanse heisst so im nein, Deutschen. nicht. Das ist auch schon ein bisschen von der älteren Generation. Der spielt auch schon Battlefield-Zeit, weiß ich nicht. Und der ist auch so ein ruhiger, weißt, so gemütlich und so. Dann gehe ich bei dem aber ein bisschen go Battlefield schauen. Oder ja, mein FIFA, der Daniel. Bei dem gehe ich FIFA schauen, wenn ich FIFA schauen will. Aber eben beim Hören gibt es nicht viel. Dort, bei diesen Channels kann ich dann nicht nur hören, weil eben dort ist immer, dort wird etwas gezeigt. Der andere geht immer ins Internet, bei dem geht es viel um Technik, der zeigt wieder etwas auf Amazon, ein Gerät und so. Da kannst du dann nicht einfach nur hören, da musst du auch schauen, was er dir zeigt. Du wolltest es auch Ja. sehen. Ja, voll. Das ist dann etwas anderes. Aber ja. Ja, aber das so etwas Ähnliches habe ich auch bei Podcasts habe ich das einfach manchmal auch. Also eben, ich höre sonst einfach nicht wirklich Podcasts, aber ich habe es sehr gerne, wenn ich Videomaterial dazu habe. Da kann ich ja 100% unterstützen. Ja. Ich schaue auch gerne Podcasts schauen und sehe gerne Gesichter von den Leuten, die reden. Voll. Wie sieht der aus? Wie bewegt, keine Ahnung, einfach so Gestik, Mimik, oder? Das muss ich ja mal haben, irgendwie. Und manchmal kommt es halt auch vor, also das ist dann halt, keine Ahnung, dass sie etwas zeigen, oder weißt du, so, ja, du hörst es nur irgendwie, keine Ahnung, die reden über das Shirt, das der andere anhat, oder also ganz banales Beispiel. Oder jetzt das Trikot von vorhin zum Ja. Beispiel. Das musst du dann halt überlegen, wenn du kein Videomaterial hast, dass du dann so Sachen eher nicht machst. Ja. Du musst dich sowieso Du musst die achten, ja. auf Also das. dort hockst du am besten einfach vis-à-vis an einen Tisch und nimmst nichts vor. Ja, voll. Und redest einfach. Ja. Und eben dann musst du auf das achten und dann engst du dich irgendwo durch auch ein bisschen ein, oder? Ja. Also schränkst du dich ein, oder? Nein, also ich fühle auch Podcasts mit Video viel mehr als ohne. Und Live-Podcasts finde ich natürlich am besten, wenn man noch das Ganze live mitbekommt. Das ist schon recht nice. Aber gibt es das eigentlich sonst? Bro, ich weiss nicht. Hast du schon das Gefühl, dass ich vielleicht der Erste bin, der das macht? Was? Nein, auch nicht der Live-Podcasten? Erste. Sicher der Erste in der Schweiz. So Live-Podcasts? Ich habe noch nie das irgendwo gesehen. Es gibt auch Podcasts, wo sogar Leute Tickets zahlen, dass sie live dabei können sein. Ja, stimmt. Ja gut, Also- ja, das gibt's sicher. Aber in der Schweiz glaubst du nicht. Ja, mal sicher. Wer? Der Moser und Schelker zum Beispiel, wo wirklich die Machen die Live-Podcasts? Die füllen riesige Saal voll, wenn sie live ihre Folge aufnehmen. Ach schon? Nicht Ja, jede Folge, gut. aber Da ja. bin ich vielleicht zu wenig im Okay. Game. Habe jetzt so nicht. Sagen wir auf Twitch. Ich weiß es nicht. Eben, das ist wieder so ein Also Thema wie. Schweiz-Twitch. Schweiz Ja. Ja. Schweiz. Wirst du dich eben noch wundern, Aber wie viel wahrscheinlich, was es alles gibt, irgendwo ja. gibt es vielleicht das so und du kennst ihn einfach nicht oder es ist nicht so groß, weißt du? Oder ja. Hättet ihr auch so machen? Bro, Aha, ja, Vielleicht- vielleicht haben wir es noch nicht so wenig deutlich gesagt. Also, ein Sub ist Schopf. Nein, das habe ich auch. Tickets verkaufen oder was? Also Ja. da hocken die Leute, die sehen die einfach nicht. Warte. Ich sehe den Saal da hinten dran einfach Das- nicht, der voll ist mit Leuten. Ja, klatschen bitte mal. Bitte mal wirklich laut klatschen. Ja, gibt es tatsächlich auch in der Schweiz, meistens sind aber nur einzelne Folgen. Ja, jetzt hat man sie vielleicht gerade gehört. Ja, wir sind ja auch noch am Anfang mit dem Ganzen. Da. Ja, einfach mal. Aber ich machen, weiß auch oder? nicht, also, weißt, ich finde, ich weiß auch nicht, wie, wenn du es dann in diesem Format machst, weiß ich auch nicht, wie also weißt, ist es denn noch so ungezwungen? So? Oder ist es eigentlich schon wieder ein bisschen, Also, wie meinst ja, so, ob du immer noch die gleiche Lockerheit hast und so, wenn du wirklich, wenn du so Tickets verkaufst, in der Halle bist? du? Boah, das ist schwer zu sagen. Aber ja. Also, Das weiß ich auch nicht. Aber ja, es ist sicher, die machen es, also weißt, Moser und Chat, die machen es sicher gut. Die sind ja Profis vor dem Mikrofon, Ja. sage ich ja, jetzt mal. voll. Also das braucht sicher viel Routine auch. Und du wahrscheinlich musst, ich meine, wir haben jetzt, oder du hast ja wahrscheinlich nichts irgendwie aufgeschrieben oder einen Plan oder so, weißt du, so irgendwie so ein bisschen. Oder Für hast du nicht? Für heute? Ja? Ja,
Also ich habe Nein. ein Büchlein. Nein, ja, keine Ahnung. Hast du dir irgendwie Sachen, zum Beispiel das will ich unbedingt fragen oder Nein. das Thema will ich unbedingt anschneiden? Nein. Für live hast du das 100 Pro, weil du musst Ja, du musst Du ein musst bisschen auch ready sein, Absicherung. oder? Ja, du musst ein bisschen Absicherung ready haben. sein, um können reagieren auf eine Lehre oder so. Ja. Ja. Nein, Aber das das- so, der Podcast ist so wirklich so, entweder hocke ich mit Kollegen zusammen, der ist so, wir treffen uns wieder mal und schnurren über das, was wir wahrscheinlich vielleicht auch frisch würden schnurren. Mhm. Und wenn neue Leute kommen, wie jetzt eben die Nathalie, die letztes Mal da ist, die habe ich das erste Mal gesehen, da ist es halt so, als ich und der Chat lernen die Person kennen. So, dann schnurrst du einfach über Sachen und Ja. du musst halt zulassen, damit du dann eine Gegenfrage kannst stellen und kannst nicht irgendetwas anderes schon studieren, oder? Aber es ist eigentlich sehr easy. Ja. Klar, vielleicht, wenn jetzt mal jemand einladest und etwas, manchmal gehe ich schon, jetzt, wenn jetzt Nathalie kommt, bin ich schon schnell ein bisschen schauen, was macht sie, weißt du? Das Dann macht ja ist- Sinn. Also, dass Ja. du ein bisschen informiert, dass Aber du nicht ja. irgendwie fragst, weiß auch nicht, wie alt bist oder so. Ja. Das, weißt du, so, Zum Beispiel. das fragst du sowieso nicht. Ja. Aber Aber weißt du, dann habe ich Ausser bei einer gesehen, sie Bank. macht Beiträge eben über Schwinger und so, weißt du, fragst du vielleicht schon, wie macht, weißt du, ich habe gesehen, du machst noch Beiträge mit Schwinger. Aber ja, das ist jetzt bei Leuten, die öffentlich unterwegs sind. Wenn jetzt jemand da wäre, hierher würde kommen, wo ich vielleicht auch das erste Mal gesehen habe, aber nicht öffentlich Sachen produziert oder macht, dann kannst du dich auch nicht vorinformieren. Dann musst du einfach. Aber ja, da macht es vielleicht auch keinen Sinn, die einzuladen. Weil Was ich aber noch schwierig finde, ist, wenn Leute sich informieren, aber falsch. Und nachher falsche Behauptungen, Podcasts gelassen, wo nachher Sachen rausgedroppt werden, wo ich denke, so, hey, das stimmt nicht. Weißt du, so. Das finde ich dann fast schlimmer, als wenn du nicht informiert bist und einfach nachfragst, ja, als wenn du falsch nachher Sachen droppst. ja. Also, es kommt ein bisschen darauf an, wer dann zu Gast ist. Ich meine, eben, Berühmtheiten, die haben schon tausendmal die gleiche Frage gehört und so. Und du als Interviewer hast ja auch etwas schon gesehen von dem und du fragst nicht dann immer den gleichen Scheiß wieder. Ja. Oder? Gut, aber ich will auch nicht hier hocken als der Interviewer. Nein, das ist, also, du willst lieber Das einfach ist ja nicht ein Gespräch haben, oder? Podcast. Nicht Ein Frage, Podcast ist ja nicht, ich Antwort. frage euch Sachen und ich erzähle, sondern Ja. manchmal noch länger und dann hast du etwas dazu und erzählst du darüber weiter, oder? Bounce for Life hast du eine Vorbereitung. Also der Bounce hockt in einem Live-Podcast ohne Skript. Er meint live, professionell live. Ja, für Leute halt. Ja, also eben, es kommt dann halt ein bisschen auf den Rahmen drauf an, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Eben, also live, ja, wir sind schon live. Aber wenn du jetzt irgendwo auf einer Bühne hockst und du hast noch irgendwie 1000 Leute im Saal, Ja, ist schon noch ein bisschen was anderes. die 50'000, die jetzt zuschauen, das verhält sich halt ein bisschen anders. Das ist halt der Berührungspunkt nicht so mit denen, die wir Ja. haben und denen, die sie haben. Ja, das ist schon noch mal ein bisschen Darum was können wir übrigens den Chat auch nicht immer lesen, gell, weil einfach so viel rattert durch. Das ist Ja, wir kommen kaum nachher da. von den Mods haben wir hier einzelne Fragen, die wir auch angezeigt bekommen, gell, falls ihr nicht fragen. Nein, Ja. ich weiß nicht. Aber wir machen das jetzt auch, ich sage mal jetzt, eben, es ist jetzt, der Moment ist halt wirklich für mich so, einfach normal zusammen schnurren. Aber ich freue mich dann wirklich einfach schon mehr, so das irgendwie ein paar Jahre nachzuschauen. Also ja, ich muss daran denken, sie speichern und so, aber ich tue sie jetzt neu extra bei YouTube aufladen und so. Okay. Dann kann ich ein paar Jahre einfach YouTube, der war auch mal bei mir, mal schnell hören, was wird erzählt. Das finde ich dann so nice. Hey, danke für den Raid noch. Val Hero. Ist das echt der Hero? Danke für den Raid. W-Rate. 54k. W-Raid. Aber wie tust du, wenn du das auf YouTube lädst? Wie fest schneidest du da drum? Nichts. Gar nicht. Nein. Uncut. Also die Pause, die wir gemacht haben, schneide ich raus. Ja, okay. Und sonst eigentlich nicht. Ich habe es heute wieder vergessen, direkt aufzunehmen. Das schießt mich ein bisschen an. Das heisst, ich muss das VOD wieder runterladen, vielleicht ist es ein bisschen Quali. Aber wir streamen ja in 1440p. Weißt du, da sind wir einig hier. Aber ich glaube, das VOD kannst du nicht auf 1440p runterladen. Weiß ich nicht. Wenn wir sonst nochmal neu anfangen. Wir haben ja ein Skript, wir müssen ein bisschen zurückscrollen. Dann können wir echt nochmal von vorne anfangen, oder? Das ist okay, dann sieht man nicht jede Falte vom Bounce. Ja, ja. Ist okay. Ich sehe also noch nicht so viele Falten bei dir. Das hat schon. Fast weniger als bei mir. Ich glaube, ich habe mehr Tränensäcke als du. Ja, wäre ich ausgeschlafen?
Würde ich noch besser Wo hast du gepennt? Auf der aussehen. Couch? Ja, so Ausziehsofa-mäßig. Ja. Ausziehsofa. Aber das ist nicht das Sofa, das du dort Was grau? hinter dem Setup hast. Mama, dort wo ich aber meine schweinischen Sachen drauf mache. Auf meinem Ja, ist das das Ausziehsofa? Nein, das kannst du so... Du kannst die Sitzfläche so wie vorne ziehen und die Rückenlehne kannst du nachher so runterklappen und dann hast du eine grosse Fläche. Aha. Und du hast dort noch eine Matratze drauf, oder? Nein, die Bolster sind meistens bequem, auf denen du hockst. Ja, ich denke vielleicht dort, wo das Ding für klappst, ist vielleicht unten dran nichts, ich weiß nicht. Wie meinst du? Du hast gesagt, du hast den Sitz so vorklappen. Nein, Du hast das Sofa so? geht Ja. das Nachher nicht. kannst du es so vorne tun und Ja. das lässt Ah, nachher so, runter. aha, so, okay. Das wäre jetzt mega blöd, hätten wir jetzt kein Videomaterial, oder? Dann müssen wir jetzt... Ja, dann wüssten wir Jetzt gar haben wir nicht, es was gesehen, ich oder? sage Das ist jetzt, mega ja. wichtig. Ich weiß nicht, ob man es gesehen hat. Mama, glaub schon. Ja. Ja, Jungs. Aber ich glaube, dass wir das da noch extrem künstlich in die Länge ziehen, wird sich am Schluss auch nicht lohnen. Müssen wir nicht. Liegt noch gerade noch sonst etwas auf dem Herzen, was wir heute noch nicht zusammen angeschaut Ja, haben? was gibt es für Games für dich, wo du dich freust drauf? Games, wo ich mich drauf freue? Ja, ausser FC 26. 26. Ja, also, ja, keine Ahnung. Also ich habe eben. schon auch ein bisschen Bock auf Battlefield 6, muss ich sagen. Schon, ja. Mhm. Und Battlefield ist eigentlich seit immer COD gespielt, bis Battlefield 3 rausgekommen ist. Und dort habe ich die Begeisterung für Battlefield richtig intensiv für mich gefunden. Und ich muss sagen, das Battlefield 3 habe ich richtig gesucht. Das war auch das erste Spiel, das ich auf Computer gespielt habe, auf PC. Wo ich einfach gedacht habe, für Battlefield muss ich die maximale Qualität haben. Und jetzt ist so ein bisschen bergab gegangen mit dem ganzen Battlefield-Ding. Und jetzt glaube ich, 6 ist schon vielversprechend und das werde ich auf jeden Fall anzocken. Aber sonst muss ich sagen, habe ich nicht so viele Games. So, ich würde mir mega wünschen, dass mal ein richtig geiles Open-World-Pokémon rauskommt. Aber jetzt das, was da kommt, ist glaube ich auch ein bisschen ass. Bin ich von der ganzen Vorstellung bis jetzt bin ich nicht so begeistert gewesen. Es kommt ja das Open-World-Pokémon wieder ein neues. Ja, so null auf dem Schirm. Im Ja, Fall. aber es ist eigentlich Open World, aber es gibt nachher so Zonen, wo du kannst Pokémon finden. Weißt so, das ist verdammt so komisch. Wieso macht ihr nicht einfach Open World und Pokémon laufen einfach random um? Es gibt nachher so Fangzonen, wo sie da sind und dann gibt es Zonen, wo es keine hat. Und Ich warte darauf, dass das neueste Pokémon Snap oder so ist das Open World. Ich kann mir noch vorstellen, erst so ein Pokémon Snap, wo aber Open World ist und du kannst so mega die Regionen selber erkunden, rumlaufen. Und ja. das könnte ich mir Aber noch wieso? gut vorstellen. Ja, aber dann könntest du eigentlich gerade ein richtiges Pokémon daraus machen und kannst zusätzlich auch noch föteln mit irgendwelchen Bonussachen. Ja, da kannst du es eben zweimal verkaufen. Ja. Aber eben könntest du gerade alles in einem. Aber ja, so, vielleicht so wie du dir ein neues Snap vorstellst, so hätte ich gerne ein Pokémon. GTA, gut, GTA ist natürlich, ja, muss man rein, wenn es dann kommt. Ja, nächstes Jahr dann, ja. Ja. Bin ich sehr gespannt auch, was das alles wird beinhalten. Wie viele Stunden hast du auf FC 25? Etwas auch knapp 1100 oder so. Weniger als im 24 auf jeden Fall. Weniger. Pokémon und Palworld Design. Ja, ich habe Palworld nie gespielt. Habe ich ein bisschen Ass gefunden, dass sie so Pokémon kopiert haben, aber sie haben halt ein gutes Spiel gemacht wahrscheinlich. Also es nie gespielt, aber viel gutes Feedback gehört. Aber ja, so ähnlich, ja. Mir sagt halt das alles nicht. Also ich bin halt überhaupt kein Pokémon-Fan. Auf was Ich freust kenne es du aber dich? auch überhaupt nicht. Ich bin einfach wahrscheinlich eine andere Generation. Ja, wahrscheinlich schon. Keine Ahnung. Ich bin dort, keine Ahnung, wo bei uns das so aufgekommen ist. Ich bin dort schon zu cool gewesen, glaube ich, für das. Also Ja, das wäre wahrscheinlich blöd, schon. aber weißt du, so, bist Ja, halt so ein Teenie und bist eben ist so, ja, wie das ist für Kinder so. ja. Ja. Und darum, Natürlich. es ist völlig Verstehe an mir ich. vorbei. Es ist wirklich an mir vorbei, das Pokémon. Aber auf welche Games freust du dich denn? Ich habe das eben auch ein bisschen gefragt, weil eben, du machst nur FIFA-Content. Ja. Oder? Du willst jetzt nie ein Pokémon on Stream spielen, oder? Nein. Ja, okay. Nein, es Ja, macht auch schon. keinen Sinn mehr. Es macht auch keinen Sinn mehr. Also weißt du, ich spiele gerne das Pokémon Dunge auf der Switch, auf dem Sofa, wenn Ja. der Kleine neben mir liegt. Dann spiele ich das Pokémon. Aber
alles, was mit Content angeht, Stream und so, ist jetzt inzwischen alles so aufgebaut auf Fußball und FIFA und gut, eben, man kann jetzt noch ausweichen, mal vielleicht auf ein Rocket League oder Rematch, aber eben das Rocket League machen wir eh nicht on Stream, weil es keinen Sinn macht. Dann bleiben wir einfach bei mir EFC. Ja, aber das Rematch macht ja auch nicht wirklich Sinn. Ja, auch ein Rematch macht Eigentlich. nicht viel Sinn. Ja, das sind mehr so Games, wo man mit der Community, wo mit denen auf dem Discord sind und so zusammen gamen, vielleicht eine Runde mal. Aber Gut, das Wär ist schon dann gut. wenigstens immer und vor allem Fußball, oder? alles andere wird ja von anderen Leuten gespielt. Weißt, ich bin jetzt nicht, wenn ich jetzt 1 Million Follower hätte und sich viele Leute für mich würden interessieren, weißt du, kannst du schon mal überlegen, ob ich vielleicht Pokémon on Stream spielen, weil dann schauen die Leute vielleicht auch wegen dir zu oder weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass viele Leute können schauen, weil sie halt EAFC spielen und Evolutions machen und sie sich für den Content interessieren. Und nicht, weil ich jetzt weißt, wer interessiert, ob ich jetzt Pokémon spiele oder ob jetzt der Solution. Weißt du, dann gehst du eher mal beim Solution irgendwie Pokémon schauen oder so. Der hat vielleicht noch das größere Know-how über das Spiel. Ja, aber Und das von gibt- dir, für von mich dir gibt's kommt so- vielleicht mehr Feedback. Eben, weißt, Für mich gibt es so auch, ich gehe auch nicht, oder jetzt bei dir schaue ich sehr gerne auch COD und gut, du machst jetzt alles bei dir, gut, wir sind jetzt schon Kollegen und es ist ein bisschen etwas anderes, aber ich sage jetzt mal, wie ich vorhin gesagt habe, ich habe meine Stream, ich habe den einen, wo ich go Battlefield schaue, ich habe den anderen, wo ich go FIFA schaue. Bei dem, wo ich FIFA schaue, sobald er etwas anderes spielt, schaue ich dort nicht mehr zu. Okay. Weil er hat ein mega Know-how über FIFA. Wenn im Chat Fragen gestellt werden über FIFA, dann kann er sagen, dies, das, jenes. Weißt du, die Themenwelt, wo er ein riesen Know-how hat, ist auch auf das bezogen. Sobald es dann in ein anderes Spiel geht, weiß er auch nicht mehr so viel. Dort ist dann mehr so ein bisschen, dass der Chat ihm ab und zu auch ein bisschen hilft, so wie er weiterkommt im Spiel, weißt du. Ja. Und das ist dann nicht, für das muss ich es dann nicht schauen. So ist aber auch völlig okay. Aber er hat schon eine gewisse Audienz, die sich auch einfach für ihn interessiert und dann dort bleibt, oder? Aber wenn ich mit meinen 15 Zuschauern Pokémon streame und dann noch 5 dort sind, ja, weißt du, dann kann Ja, ich, ist so ist so blöd wie es tönt, aber dann kann ich auch für mich die Jungen Ja, Pokémon in das Ruhe stimmt. spielen. Du bist für mich halt auch der Einzige, der ich FIFA schaue. Wirklich. Ja, Ja. du schaust auch nicht mal richtig. Es ist Nein. einfach. Nein, So, aber ich ich etwas hab- reinschreiben, reagiert er auf meine Nachricht, ja. Er überliest und nachher ignoriert er mich 3-mal. Bro, du hast nur Emotes geschickt. Nein, ich habe das einfach ein bisschen weniger. Also ich habe den einen Dude, den ich wegen Dead by Daylight schaue, glaube ich. Also nur wegen dem Game. Wenn der etwas anderes spielt, schaue ich auch nicht. Aber sonst, der meiste, den ich folge und regelmäßig mal einschalte, ist nicht wegen dem Game. Das mich interessieren die Leute. So. Ja, aber dann schaust du mehr bei Kollegen oder so. Oder Leute, die du kennst. Auch, ja. Eben, ja. Ja, wenn ich jetzt beim Barracks einschalte, Ist egal, was er game. ja, das ist auch egal, was er macht. Aber gerade etwas am Programmieren ist, wo ich eh nicht rauskomme, dann höre ich einfach zu. Das sind auch viele Sachen, Aber die du ich hast einfach... sicher auch so, klar, wahrscheinlich wenig, also weißt, du hast sicher auch einen, der dich schaut. Ja, eben. Aber Wegen eben, das dir. sage ich sage, es ist Dann würde er viele... schauen, wenn du willst Pokémon spielen. Eben, ja, aber ich sage, von diesen 15 sind dann vielleicht noch 5 dort, die Ja, sich logisch, für mich logisch. interessieren. Logisch. Aber dass dann kommen vielleicht 3-4 neue Zuschauer rein, weil ich gerade Pokémon spiele. Und ich sehe dann zu 98% auf meinem Kanal nur FIFA. Ja, und dann sind die dann wieder weg. Weißt du, es macht. Ja, hey. Wenn du einmal gross bist, dann kannst du machen, was du willst. Dann kommen die Leute eh schauen, weil sie wollen hören, was du wieder verzapfst. Jetzt sagst du immer, du bist einer der grössten Streamer der Schweiz und Nein, das sage ich definitiv nicht. das ist immer in deinem Chat. Willkommen beim ja, grössten Streamer und so. 1,96. Ja. Eben siehst Zuschauergröße, Aha. Audienzgröße, Ach so. die Menge, die ist klein. Die wird auch nie, also die wird auch nie riesig. So. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, dass ich meinen Content rein auf Schweizerdeutsch einfach mache, weil ich es viel authentischer finde, habe ich auch damit abgeschlossen, dass es irgendwie mal riesig wird. Das ist auch wirklich Ja, ist schwierig. Ja. Das heisst, du kannst dir nicht vorstellen, mal ein anderes Game auch zu streamen als FIFA. Ich kann mir es schon vorstellen, ich würde es einfach nicht machen, weil es in meinen Augen keinen Sinn gibt. Okay. Ich sage mal, wenn ich 100 Zuschauer habe, dann mache ich es vielleicht. Weißt du, so, City. Nein. ja. Aber weißt du, wenn du 100 Zuschauer hast, dann hast du auch vielleicht schon. Dann kannst du vielleicht schon. Dann kannst, weißt du, das Ding ist auch ein bisschen, es hat verschiedene Aspekte an dem Ganzen. Ich muss auch immer ein bisschen meiner Frau können begründen, warum dass ich jetzt streame oder weißt
das ist das Gleiche bei denen, die gerne gamen. Manchmal musst du halt musst in einer Beziehung, jetzt gerade mit dem Kind ist es noch schwierig, musst du dich ein bisschen absprechen, so, ja, ist okay, wenn ich jetzt irgendwie eine Stunde, 2 gehe streamen oder so. Weißt du, schaust du schnell. Und dann und jetzt ist so ein bisschen die Abmachung in die Richtung, dass wir sagen, hey, Freitag oben streame ich mein FIFA, am Sonntag habe ich meinen Podcast am Morgen. Und dann ist es so geregelt, weißt du. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht einfach irgendwann sagen, hey, geh jetzt oben 2 Stunden Pokémon streamen. Es macht auch. Ja, Erstens ich weiss, macht was du meinst, es wäre arschig von meiner Seite her, wenn ich mich einfach 2 Stunden verpisse für ein Spiel zu streamen, wo 5 Leute sich vielleicht einigermaßen für mich interessieren. Also weißt du. Wäre es denn nicht arschig, wenn 100 Leute sich interessieren? Bro, wenn du dann, weißt ich Also, sage, ich wenn nehme dann nicht etwas das- finanziell reinkommt, wenn du es Okay, dann so so kannst ja. Es hat begründen, einfach dann mehr seine Berechtigung. weißt, es hat oder? mehr seine Berechtigung, weißt. Ja. Aber es ist jetzt so viel, es ist so viel Hobby da oben, dass es ist einfach nur Hobby. Ich kann nicht sagen, hey, ich gehe schnell 2 Stunden arbeiten da oben. Weißt du, was ich meine? Kannst du schon sagen. Ja, kannst schon sagen, glaubt aber es jeder wird nicht, einfach nicht. es wird nicht so angenommen, weißt. Es heisst einfach, ja, du hast wieder 2 Stunden gamen. Ja. Weißt du, was ich meine? Du musst das ein bisschen, es muss auch ein bisschen abgestimmt sein. Wegen dem macht es für mich keinen Sinn, dass ich wahrscheinlich würde ich auch kein Battlefield streamen, ich würde es auch schon ein bisschen spielen oder so. Aber wenn ich da oben Battlefield spiele, bin ich einfach so parat, dass wenn ich dann gehe ich einfach ab und dann schaue ich vielleicht 20 Minuten auf ein bisschen und dann komme ich vielleicht wieder eine Stunde. Aber dann einen Stream anzulassen, weißt du, was ich meine? Ja. Macht halt keinen Sinn. Aber wenn jetzt der Bounce würde Battlefield streamen und dann dort als Gast so mitmachen, das würdest du schon machen, oder? Also so mitspielen? Ja. Ja. Aber es kann ja einfach sein, dass ich vielleicht einmal schnell 20 Minuten weg muss. Ja. Aber ich war jetzt am Anfang gesehen, oder? Ich war unten am Rematch spielen mit den Jungs. Er ist kurz eingepennt, hat eigentlich eine chillige Runde gamen. Nach einer halben Stunde wacht er auf, schreit, hat Hunger, Wingeln musst wechseln. Du bist einfach wieder schnell eine halbe Stunde weg, oder? Nein. Wenn ich zurückkomme, ist kein Schwanz mehr online gewesen. Ich so, ja, chillig, oder? Und das macht es alles ein bisschen schwieriger. Ja. Wegen dem, das ist fix eingeplant. 2 Streams ist völlig in Ordnung. Du schaffst noch sonst den Rest der Woche. Und dann musst du das so ein bisschen einhalten. Ja. Oder nicht? Wohl. Ja, Natürlich. verstehe ich völlig, ja. Ja. Absolut. Ja. Da würdest du aber nicht einmal mein Spiel spielen. Sagst du mir, Dein Spiel? das würdest du nicht. Das ist zu fies, gell? Ich würde es auch nicht streamen. Ach, siehst du, das ist zu fies. Ich auch nicht streamen. Das Aber ich würde sicher eine Story posten. Hey, der Barrack hat das Spiel rausgebracht. ja, Jetzt das- herunterladen. Wann kommt es raus? Im Oktober ist es geplant. Am 24. Also er macht wirklich ein Spiel, für die, die es nicht wissen. Er ist heute schon, ich weiß gar nicht, ob es schon erwähnt, ich glaube nicht. Nein. Nein, der Barracks macht wirklich ein Spiel und im Oktober soll es kommen. Ja, ich glaube jetzt auf den 24. datiert. Ist Ja. so im Steam, Steam drin? Release. Ja. Also es ist jetzt schon auf Steam und alles. Ja. Und ja, es ist so ein kleines Anomalie für das Spiel. Ja, man hat ja bei dir im Stream schon ein bisschen verfolgen, in welche Richtung das geht. Das ist das, oder? Yes, ja, voll. Ich zeige eigentlich, es zeigt, wie ich es mache. Mhm. Alles außer der Anomalie. Also das, was komisch ist. Und das kann man dann wie noch selber herausfinden. Weißt du schon, was kostet es jetzt? Oh, für wie viel habe ich es denn? 4-5 Stutz oder so. 4-5 Stutz. Ja, nicht viel. Bounce hast du vorbestellt? Nein. Also vorbestellen kannst du nicht, im Moment kannst du nur wishlisten. Ah, kannst du schon mal wish. Und Okay. am Release-Day kannst du es ab dann Ah, nur kannst du es Steam nehme ich an. Ja, voll. Nein, ich musste zuerst natürlich müssen schauen über meinen NASA-Computer, das überhaupt noch spielen. Oder? Das ist jetzt vielleicht ein bisschen peinlich, aber ich habe nicht mal Steam auf dem PC. Ja, das ist recht peinlich. Wirklich. Der PC wird halt ausschließlich zum Videoschneiden und zum Streamen genutzt. Von dem her. Also fast. Aber ich glaube, es ist ein gäbiges Spiel, das ich dann auf dem Laptop gamen kann. Es ist, also es ist nicht viel, es ist wirklich mein erstes Spiel. Ja. Es war mehr ein Ausprobieren gewesen und alles. Mir ist auch egal, ob es irgendwie Erfolg hat in dem Sinn oder nicht, weil es geht mir rein um einen Prozess. Für wenn ich dann wirklich ein Spiel mache, wo ich will, dass es Erfolg hat, dass ich die Fehler im Voraus schon mal gemacht habe. Dass ich schon aus denen lernen kann und das richtige Spiel, sage ich mal. Also nicht, dass ich es nicht ernst genommen habe oder so, aber das darf fehlen. Weißt du, wie ich meine? Ich muss Ja. nicht 10.000 Verkäufe haben mit dem Spiel oder so. Aber ist es jemandem rausgegeben, so Alpha, Beta? Ich habe Beta-Tester. Ja.
die haben es schon ein bisschen ausprobiert und Zeugs gefunden und so. Ich bin recht froh, haben sie es ausprobiert. Und ja. Sonst nicht viel. Wie heisst denn das Spiel überhaupt? Wie finde ich das? Escape Floor 13. Also, Escape Floor 13. ja. Also das Ziel ist, dass du aus dem Floor 13 rauskommst. Genau, du bist im 13. Stock und immer wenn du es richtig hast, kommst du Stock runter. Und wenn du es einmal verkackst, kommst du wieder auf 13. Wow. Du musst Okay. 13 Mal nacheinander richtig sein. Hast du ein Studio, gell? Barracks Studio. Was steht beim Studio? Fit and Crispy Games. Fit and Crispy Games. Ja, könnt auch fitandcrispygames.com. Da seht Legende. ihr so, sie hat Links drauf. Ist denn da jetzt noch Gerne den Link, falls ein Motto rum ist. Der Link. Also, zwar, ich Regie glaube, es kann könnte jeder noch einen wirklich Link glaub, in den Chat schicken. den Link rein? Also Promocode Fit, also das N. Fit and Crispy. Ja, mit, games.com. mit Ja, Bounce ist 10 sparen oder 10%. Nein, also wenn Leute Interesse haben, darfst du auch einen Code verlosen mal irgendwie oder so. Ja, Können sicher. wir einen verschenken. Falls es irgendjemand interessiert, falls nicht. Und wenn ihr es anspielt und 5 Minuten spielt und sagt, es ist nicht für mich, auch easy, ist ja egal. Ja, ich glaube, so Rätsel. Nicht- Es ist ja viel mit Rätsel, oder? Es ist so ein. Ja, es ist so ein bisschen rätselmässig, musst herausfinden, ob etwas anderes ist, ein bisschen das Zeugs anschauen, ein Aber, bisschen im Horrorambiente. Das ist vielleicht nicht für alle. ist der Plätsch mit Musik beteiligt? Der Plätsch ist mit Musik beteiligt. Hey, Tatsache. sind wir dabei? Ja. Da freue ich mich. Der kann es eigentlich nur von Stimmung her gut sein, das Spiel. Merci, Gudi. Ja, da hättest du zum Beispiel Ah, gerade hättest Steam. noch Ja, aber wir brauchen noch den Link zu seiner Ja, Webseite. natürlich zeigt nur das Game und Ja, Steam aber das ist auch. drauf. Ah, das siehst du auf dem Steam auch. Hast du auch Screenshots drin, oder was? Bei Steam. Auf Steam, ja. Kannst du schon ein bisschen so, Auf weißt du, Steam wie es kannst du aussieht? hineinschauen, ja. Ah, okay. Ja, voll. Ja, Nice. dort hättest du zum Beispiel können Aber vielleicht haben nicht alle Steam. Gut, kannst du schon über die Webseite kannst du auch anschauen. hä? hättest du für einen kleinen Beitrag hättest du können dein Comeback Kings Shirt irgendwo an die Wand machen in seinem Das ist Game oder für so. meine Sponsoren. Hey, also, Darum habe ich vorhin gefragt, ob du spannend. Nein, auch nicht will, nicht wollen, gell? Darum Ja, siehst du der am Zusammenhang Bounce ist halt ein Gesicht. bisschen weit weg. Darum siehst du auch ein Bounce ins Gesicht auf jeder Tür. Was hast du gegeben? 10k? Ja, 15, aber eigentlich will ich nicht drüber. Ich freue mich dann auf unser Spiel. Also, es ist schon nicht. Es ist schon mal ein bisschen. Es ist schon ein Jetzt bisschen ein tun sie Spiel. wieder so geheimnisvoll. Aber wir reden jetzt nicht auch drüber, gerade hier beenden, dass wir den Bounce können aufklären können, was es 15 genau ist so nicht, ist. also es ist, Das interessiert mich schon gar nicht mehr. nein, dann müssen wir nicht erzählen, wenn es nicht interessiert. Also, es wird für die Community. Also- Ich glaube, ich habe das Gefühl, für die Community wird es hure geil. Weil das ist so richtig. Einfach. Also, es kommt zuerst in einem kleinen Format raus. Und dann kann man schauen, was hat es für Potenzial und man kann noch sehr viel daran weitermachen. Aber da müssen wir dann natürlich auch schauen, dass es sich dann, vielleicht auch für den Barracks lohnt. Aber wir müssen jetzt erstmal eine Version rausbringen, die einfach ist und dann schauen wir, wie ist das Feedback und dann können wir dann dort weiter dran aufbauen. Chat, die regen so auf. Aber weißt du, warum sage ich das auch? Dass wir jetzt auch ein bisschen, weißt du, Barracks auch ein bisschen unter Druck ist. Das Mir ist das egal. Weißt? Der macht das schon. nein, es kommt schon Er gut. setzt sich nur selber unter Druck. Ich habe noch nicht gesagt, wie viel sie den Stundensatz. Jetzt kann ich den Preis noch aufdrücken. Jetzt hat er sich selber Druck Chat, wir gemacht. brauchen Subs. Spenden. Tier 3. Oder ihr könnt auch direkt beim Barracks Subs giften mit dem Vermerk Ja. Footbroy. Dann tut ihr es dort abziehen. Dann. Ja, die Hälfte geht nachher echt auswärts, wenn man so Subs zeigt. Das finde ich ein bisschen schade, aber gleichzeitig gerechtfertigt. Ja, Dass halt Subs so einen Anteil nur bekommst. kannst du ja auf Kick gehen. Habe ich mir tatsächlich schon mal überlegt, ob ich dort auch so mal. Habe ich mir auch schon überlegt. Mal. Aber ich glaube, ich weiß nicht. Vor allem, ich weiß nicht, wie es bei Kick so ist mit DJ-Streams. Das habe ich mir schon überlegt. Das weiß ich auch nicht. Weil jetzt heisst ja, jetzt musst du ja, oder jetzt kommst du so leicht an Affiliate. Und wenn du im DJ-Programm bist, also mit meinem DJ-Twitch-Account, muss ich das Affiliate annehmen, wenn sie mir es anbieten. Okay. Und sonst habe ich auch immer, der Plan war eigentlich so, gewesen, dass ich zu wenig Streams mache, Das dass ich Affiliate erreiche. Okay.
Und das kann ich jetzt fast nicht mehr. Und ich will nicht Affiliate haben mit dem Account. Wieso, was schränkt dich ein? Dann habe ich Abgaben. Das zahle ich. Du zahlst nicht? Aber dann ist doch auch Indirekt. China bei Affiliate, oder nicht? Ja. Ich will auch nicht. Mit diesem Account habe ich erst Affiliate gemacht, wenn es ein Partnerstatus möglich wäre. Aha. Okay. Aber ein reines Affiliate wollte ich mit diesem Account eigentlich nicht. Aber da kommst du fast nicht drum herum. Ja? Weil bevor du Partner bekommst, Darum kommt ist ein der Affiliate-Angebot. Account auch recht inaktiv. Ja. Alles, was bei diesen 2 Subs reinkommen, müssen sie verdoppeln und an euch schicken, oder wie? Nein. Soll ich das behalten oder doppeln und dann Willst du das Sub oder soll ich doppelt an einen anderen geben? Nein, Jungs, chillig, schön seid ihr da gewesen. Ich würde sagen, wir suchen hier den Schluss. Weil, yes. ja, wir können auch noch ein Streetfood Festival übrigens, falls ihr Das habe ich mir auch schon überlegt. nicht vorhat. Hey, ich bin froh, wenn ich wieder mal daheim bin. Das glaube ich. Ja, das glaub ich. du musst ja am Bahnhof. Können wir noch zuerst eins gefressen. Ist nicht weit. Aber schön seid ihr da gewesen, merci vielmals. Hey, merci für die Einladung. Sehr Ja, gerne. merci sehr vielmals. gerne. Muss auch nicht das letzte Mal gewesen sein. Also, ich habe noch viele freie Sonntage, wo ich noch keine Gäste habe, wo ich vielleicht wieder mal auf euch zukomme. Wir haben es ja auch schon sehr weit voraus eigentlich geplant, wenn du überlegst. Wir haben ja den Das Termin ist- etwa vor 1,5 Monaten gesetzt, Voll. dann on-stream. Ist das schon so lange? Ja, das ist schon lange. Ja. Wirklich? Ja. Ach krass. Ich weiss, dass es Mitte letzten Monat war, weil ich gewusst, auch diesen Monat habe ich keine Zeit mehr an den Sonntagen, wo ich Ja. geschaut habe. Aber nächsten Monat, und dann habe ich gesagt, halt am 31. Und dann, das ist etwa 1,5 Monate her, Ja, wo wir ja. Termin gesetzt haben. Aber hey, und danke natürlich an alle Zuschauer, die heute mitgelost, mitgeschrieben, Inputs gegeben haben, obwohl wir, ja, wie gesagt, bei den Podcasts gehen wir halt nicht viel auf den Chat ein. Es macht für euch nicht viel Sinn. Es macht nicht viel Sinn für die einfach eben nur am Zuhören sind, dass wir dann über Nachrichten lesen oder über Nachrichten reden, die sie nicht sehen. Das finde ich bei Podcasts auch ein bisschen mühsam. Von dem her haben wir da einfach ein bisschen frei geschwätzt. Und ja, sonst die letzten Worte an die Zuschauer dürft ihr natürlich gerne übergeben. Also Ja. eigentlich explizit Bounce. Ja. Nein, ja, hau soll ich raus. sagen, egal wie ihr es macht. Nein, es ist wirklich, also, das ist etwas, wo ich mega feiere, ist eigentlich ja, das Zuschauen, das Feedback, wenn du etwas siehst, es gefällt den Leuten, was du machst und es ist ab und zu schön zu hören auch. Also weißt du, ja, man braucht manchmal nicht unbedingt eine Bestätigung, aber es bestätigt einem gleich so, weißt du, was ich meine? Dass irgendwie auch Leute daraus irgendwie Freude machst und das unterhalten kannst und das finde ich cool. Ja. Geil. Merci, sind ihr da gewesen. Oder sind ihr da? Ja, also dem kann ich mich auch anschließen. Was ich richtig geil finde bei dir und deiner Community, dass eben wie die Community so ist und so. Das finde ich richtig geil. Echt so alle respektvoll miteinander, weißt du, echt so, wirklich du mich so, das ist mir immer geblieben, du hast immer gesagt, hey, am Anfang sagt man da Hallo und du gehst auch nicht in, das habe ich vergesse nie, du hast immer dann gesagt, du gehst auch nicht in deine Teamkabine, wenn du Fußball spielen und schweigst auch ja und hockst ab. Das hast du ja auch so schnell alle und so. Echt so wirklich so teammäßig, das finde ich verdammt geil, wie sich das entwickelt und ich freue mich verdammt auf die LAN. Mal vielleicht auch hier ein paar Leute gesehen, die ich vielleicht noch nie gesehen habe oder so. Jedes Jahr eigentlich. Also weißt, Ja. kommen ja immer wieder neue Streamer und so, die du siehst und vielleicht das erste Mal siehst an der LAN. Kommen alle ans Hero Fest. Ja. Und sagen auch, vor allem, Du, das Ding ist eben das, ihr kennt alle unsere Gesichter, aber wir kennen nicht alle Gesichter. Also kommt einfach Heu sagen, sagt, wer ihr seid. Kein Stress, wir greifen niemanden an. Wir reden vielleicht nicht so viel, wie wenn wir on-stream sind. On-stream reden wir meistens ein bisschen mehr als sonst privat. Also er muss auch bei mir, so ist es auch bei mir so. Ich sage dann vielleicht, komm, wir gehen ein Bier nehmen und dann können wir ein Bier nehmen und dann mit dem zweiten Bier wird dann vielleicht wieder ein bisschen mehr geredet. Aber hey, ich kann Heu sagen, ich freue mich auch riesig auf die LAN. Und ja, ich kann mich einfach nur noch mal bei euch zu bedanken, die den weiten Weg von Zürich und Bern bis hierher gemacht haben. Der andere mit einer Kehrtwende über Bern und mit wenig Schlaf. Merci Bounce, merci Barracks. Und Sehr gerne.
Dann wünsche ich allen noch einen wunderbaren Sonntag, Nachmittag. Genießt den Tag noch. Er hat noch ein paar Stunden und einen guten Start in die neue Woche.